So, hergeguckt, hingeschissen. Timmy Boy, auf die Sekunde genau. Aber auf die Sekunde genau. Timmy Boy, ich grüß zu dir daheim. Weiß es, was es ist. So, jetzt sitzen wir erstmal wieder die ersten 20 Sekunden aus, bis sich YouTube genehm ist, dass ich mich selber her, aber sonst weiß ich aber nicht so recht. Wenn ich nie nichts sehe, sagt sie auch nichts. Denk mir ich. In meinem jugendlichen Leichtsinn macht das überhaupt keinen Sinn nicht. Da, jetzt meine ich, hat's geschnalzt. Denk mir ich. Da schnalzt der einer der YouTube-Sepp. Grüß in Alpha. Timmy Boy, Kuss auf die Nuss. Grüß zu dir daheim. Hobby! E-Mail! Mein Tag! Gemütlich! Eine Runde Palworld! Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, der Palworld-Hype ist schon wieder ein bisschen vorbei. Wenn ich meine Steamlisten einschaue, 30 Freunde haben vor kürzlicher Zeit gespielt. Aktuell spielt 0. Allerdings, wenn ich da so in die 30 Leute schaue, keiner unter 30 Stunden. Der Devilsepp! Das ist aber ein frühes neues Mitglied. Was ist da los? Kuss auf die Nuss! Welcome to the Squad, Mr. Devil Deluxe. So, hören wir gleich wieder auf mit der Scheiße, das ist Krieg und Vogel. Heute bin ich zu meiner Belustigung da und nicht zu einer. So schaut's aus. Grüßen wir mal einen Haufen rein. Hau die Ehre an den Halmi, an den Löffel, an den Brox, an den Tauber, an den Flo, an den Billing, an den Leg mir Wasch, an den Spiel, an den Sprenger, an den Marvel, an die Steffi, an die Flipnase, an den Flo, an die Robert, die Niere, an den Michi, an den Freshmark, an die Kampftante, an den Andreas, an den Sprengi. Nummer haben wir einen Sprengi nicht schon gerade, ich weiß nicht. Was ist da wieder los? Sag's mir klar, mir ist wieder ein Resub. Heute frei mit Besonderes. Wünsch dir viel Spaß. Bussi. Ich weiß nicht, was heute besonders ist, aber ich glaube, dass es mir wurscht ist. Die Cat Lady gleich noch mit neu. Weiß nicht, am Mittwoch war Member Mika, heute ist Member Freitag. Was ist da los? Cat Lady! Dankeschön. Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, habe die Ehre Cat Lady, habe die Ehre Devil. Wenn ihr mitmacht, der ist raus! So schaut's aus. So, Kinder. Ich habe euch gesagt, wir spielen heute eine Runde Palworld. Das hätten wir wahrscheinlich schon Anfang der Woche tun sollen. Sag ich euch, wie es ist. Hätten wir mal die VR-Brain ganz gepflegt da lassen, wo sie ist. Nämlich in der Schachtel irgendwo im Eck. Damit nichts passiert. Sprengen kann man nie genug haben, das ist richtig. Herr Dropback, merci für den Resub. Kuss auf die Nuss zurück. Küsschen aufs Nüsschen. So, sind die Donuts lauter? Nein, ich habe eigentlich nichts eingestellt anders, dass irgendwie irgendwas lauter oder leiser ist. Hashtag Leerzeichen, 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 Der ist neu. Leerzeichen, 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 Timmy Boy! Leerzeichen, Leerzeichen, Heute dem alles! Ah komm, hau ihn ab jetzt! Schluss jetzt! Timmy Boy, merci. Mr. Attacks, merci für den Resub. Bobby! Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, haben wir ein gutes, altes, geschmeidiges Habitritt. So, hat irgendjemand... Den haben wir Chris geschickt. Ich muss in die Hosen scheißen, dieser Vollidiot. Immer so. Also erst einmal gestern. Nein, lass dir mal was verzeihen! Mein Mike, du bist auch geschubster. Du Gleiseilbahn! Schleich dich! Abflug! Habe die Ehre. Hashtag 41 Monate. Kuss auf die Nuss. Finally wird's endlich hochgezogen. Merci dir. So, jetzt pass auf. Erst kriege ich gestern eine E-Mail vom DHL. Ihr Paket kommt bald. Sitzen Sie so da? Was für ein Paket, Alter? Irgendwann schreibt mir dann der Chris. Ja, halt, stopp, umdreht. Ich hab dann gelesen, Plan Productions. Dann denkt so. Hä? Dann hab ich dem Chris geschrieben. Hab gesagt. Hä? Dann hat er geschrieben. Dann hab ich gesagt, okay. Und dann ist halt das gekommen. Jetzt haben wir eine Trauchmann-Brotzeitbrill. Ja, es ist zwar eine Lilliputane Brotzeitbrill, aber es ist eine Brotzeitbrill. Kannst eine Radiesel draufschneiden. Und natürlich das ganze neue Heftel und so. Ich weiß gar nicht, was ich da alles herzeigen soll. Da mit Megaprint und so weiter. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht, wenn da grün drin ist, weil das macht der Greenscreen kaputt. Palworld kann man mit anderen spielen. Punkt, wie wär's? Lachender Smiley, ich hätt Bock. Mr. Marvel Maniac. Von einem Community-Zock habe ich erst mal ganz furchtbar lang die Schnauze voll. Ja. Merci dir. Kuss auf die Nuss! So, Schluss jetzt damit! Es soll quasi durch die Blume heißen, gestern mal Trachtmann.de, Chris Comiczeichner, der mir sicher die Sachen zeichnet und so weiter und so fort.
Das neue Heft ist da, Nummer 17. Die Kapsel. Mit Liebe von mir wieder auf Borisch übersetzt. Gibt natürlich alle Versionen und Variant Cover und was weiß ich, was er mal alles geschickt hat. Zeige euch in Ruhe nächste Woche. Und im Podcast wahrscheinlich auch. So, jetzt passen wir beobachten. Wir haben da gerade eine Umfrage am Laufen. Habt ihr das überhaupt gespannt da? Was mich interessieren wird. Wer von euch benutzt YouTube im Dark Mode? Wer nicht weiß, was ein Dark Mode ist. Komm, hör mir auf. Foxle! Außerdem sind Wölfchen und ich zuerst dran. Bockje. Ich und ein Moss. Irgendwann kommt Moss. Versprochen. Kann nur nicht sagen, Mann. Foxy, merci. Ah, nee! Servus, Bürger, alles klar! Der Mai spät auch das Spiel ist eine richtige Sucht, kann ich da sagen. Ja, da können wir uns gern drüber unterhalten. Ich habe nämlich so eine Vermutung, was mit Pal World abläuft. Ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, so, ich gebe dem Ding 2 Wochen. Dann droppen die Spielerzahlen wieder so, wie es halt immer ist, irgendwie, keine Ahnung. Und ich habe so das Gefühl, dass ich die nächsten 50. Der Wulfric Platzgeräte kannst du nicht mehr lesen. Wieso denn? Palworld kann man mit anderen spielen. Wie wär's? Ich hätte Bock. Mr. Wulfric, habe ich irgendwas falsch interpretiert? Das heißt quasi, so jetzt halt Multiplayer Palworld spielen und ich hab gemeint so, Der Mike Riese ist im Dark Mode. Habt ihr das neue Thumbnail bemerkt? Das ist ein Dark Mode Thumbnail. Das glaube ich, wollte ich schon 25 Mal machen. Und 25 Mal habe ich mir gedacht, nee, das ist so finster, keine Ahnung. Irgendwie keine Ahnung und Veränderung im Ding, never touch a running system. Herr Binder! Herr Binder! Welcome to the squad, Merci dir, Kusa, wie du's in den Chat heute, Herr Binder. Dankeschön! So, Heftel gibt's da hat der Dampfler hat's reingeschrieben. Blem Productions einfach Trachtmann.de. Gibt's Abos und was weiß ich, was alles sind. Und da haben wir heute auch schon im Discord drüber geschmatzt. Da hat die Wifin hat das Abo, also Samcro Wifin, eine Moderatorin bei mir. Und die hat da heute ein Beitel gepostet, was immer wenn ein neues Heftel kommt, so alle einmal im Quartal ungefähr, so alle 3 Monate ungefähr. Es macht alles selber, er schreibt die Geschichten selber, er zeichnet alles selber, er produziert es selber, bla bla bla. Das ist wie beim Money! Hallo, du Bürger, wie geht's ihm? Es ist Freitag, das ist Wochenende, da geht's immer an jeden gut. Wenn es mir gemütlich reingezogen. Herr Staudinger, Schluss jetzt mit den 20 Jahren an, scheißen in der Weggeschichte. So, Alter, glaube ich, entweder habe ich es am Montag schon gesagt oder am Micke. Oder am Montag und Micke. Warum glaube ich Montag und Micke? Ich weiß es nicht. Merci dir! Kuss auf die Nuss! Da, Becky, nur wegen dir zocke ich das jetzt. Birger Island. Ja, irgendwie hat das in den letzten 2 Wochen jeder gespielt. So ein bisschen. Hab ich so das Gefühl. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die nächsten 50 Level an Gameplay schon weiß, bevor ich spiele. Das ist das, was mich so ein bisschen aufhält, dass ich es offstream spiele. Sag ich dir, wie es ist. Darum werden wir heute noch mal gemütlich hineinpimmeln und schauen, ob der Spaßfaktor da oben bleibt, wie das am Montag von der Woche war. Bin ich sehr gespannt. So, 2 Minuten fangen wir an. Da pimmeln wir nicht mehr lange aneinander. Der Birger, machst mal Multiplayer? Nein. Nur, jetzt warte mal, jetzt muss ich mal die Umfrage da beenden. Wie weit haben wir? 86% benutzen von einem Dark Mode. Okay. Wir können die Umfrage beenden. So, passt. Das sagt mir, das Dark Mode Thumbnail, das hätte man schon vor 3 Jahren gebraucht. Aber gut. Manchmal lieber spät, wenn nie. Oh. So, da tue mir das weg, damit ich da jetzt was lesen kann. Die ganze scheiß Chat bei mir ist da verdroht, weil ich nichts von lauter Umfrage nicht sehen kann. Es tauscht jetzt einfach Accounts und gut ist. Was wird tauscht Accounts? Stimmt. Der Wulfric und der oh, was hab ich? Was? Ach, jetzt weiß ich. Wulfric Platzgitter, Marvel Man. Moment einmal, jetzt weiß ich, wo ich mich vertan habe. Ich habe den Namen falsch vorgelesen. Ihr habt beide irgendein so scheiß Tschernobyl-Russen-Kack-O im Namen. Und deswegen vertue ich mich da allweil. Oder? Der Marvel Maniac hat doch auch irgendeinen Scheißbuchstaben in die Donates drin. Oder vertue ich mich da? Irgendwas ist da komisch. Irgendwas ist da komisch. Pat mir jetzt für den Euro, Birger, das ist ein guter. Das war ich mir nicht so sicher. Mir wurde schlechter Mensch diagnostiziert. Der Haustür gescheit, packt ihr ruhig bei einem Aufleveln den Skillpunkt in die Arbeitsgeschwindigkeit, das hilft beim Craften. Ja, da haben wir letztlich, ich erinnere mich, ist ja doch schon fast 2 Wochen her. Wir haben alles nur in Trage-Dingsbums eingeworfen und dann haben wir gerade Miezi-Viecher gefunden, die geben uns mehr Tragegewicht oder keine Ahnung. Weiß ich nicht, Herr Platzgitter, ich vertue mich immer mit Marvel Maniac mit dir. Frag mich nicht warum.
Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ja! Heidi! Jetzt kriegt der Schmidbauer Armani und den Kopf. Heidi, erzähl es 2 und du weißt das. Sehr schön, dass du jetzt wieder die einzelnen R's vorliest. Manchmal tut's das, manchmal tut's das nicht. Ich weiß nicht warum. Heidi! Kuss auf die Nuss. So, Schluss jetzt mit der Scheiße. Wieso geht jetzt mein Browser zu? Oder? So. Kurze Umfrage allgemein in den Chat. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Thumbnail überhaupt registriert habt. Das alte Thumbnail besser oder das neue Thumbnail besser? Das neue in dunkel oder das früher in weiß mit den Balken? Da würde mich interessieren. Ha? Ich war stets bemüht. Weiß es wie es ist. Löwensepp, du bist jetzt der Letzte. Heute, hey, Bürger, bin jetzt auch da und ein bisschen Videoschneiden da. Ich habe Videoschneiden getan. Rundiger Schlossbräu, lass das Schmecker, Kuss auf die Nuss. So, Alert Sounds aus, starte das verdammte Spiel. So schaut's aus. Der haben wir gleich nochmal an. Endlich auch wieder dabei, Susanne, Zeit ist geworden. Ich sehe keinen Unterschied. Alex, ja, dann bist du Blinder, dann kann ich nicht helfen. Dunkel, nein, ist gut, dunkel ist alles besser, sechst das. Wer übrigens nicht weiß, ich kenne euch Pappen, seht mir. Wer nicht weiß, was ein Dark Mode ist, 5 Noob-Sekunden. So ist ja Game. Ja, wie gesagt, ich stelle mir immer so vor, als müsste das meiner Mama erklären. Vielleicht schaut die gerade zu, wer weiß das schon. Die weiß mit Sicherheit nicht, was ein Dark Mode ist. Sprengi schreibt, gibt es dem Thumbnail einfach Transparenz, dann ist es automatisch auf den Dark oder White Mode angepasst. Schön weiß, wenn das funktionieren wird, aber so weit sind wir leider Gottes noch nicht. Also ist bei so. Mann, also pass auf, was ist der Dark Mode? In sämtliche Applikationen, also Apps, Programme am Browser oder sonst irgendwo oder auf Internetseiten, haben in der Regel früher immer weiß gewesen. Ja? Was passiert, wenn der Raum ein bisschen verdunkelt ist oder du vielleicht im Bett hockst oder auf der Couch und da ist finster und keine Ahnung, so wenn es hell ist und du machst da strahlend weiße Internetseiten auf oder irgendwas, dann kriegst du mehr Augenkrebs. Ja, dann machst du so, mein Augenlicht, und in einem Dark Mode gehst du in der Regel her, schaltest du und dann wird alles, was weiß ist. Also dann haben wir nicht schwarzen Text auf weißem Hintergrund, sondern hellen Text auf dunklem Hintergrund. So wie dort zum Beispiel der Chat gemacht ist. 100-mal angenehmer, brennt dir nicht deine Scheiße aus die Augen aus. Wunderbar, zuckersüß. So, und jetzt schauen wir, Achtung, Test, die Zähl wieder oben, Stream Deck Test. 3, 2, 1, drück. Nice! Schön, dass das geht. So, wieso sehen Sie, wie Sie sehen Sie nichts. Warum sehen Sie nichts? Ich weiß es nicht. Sehr schön, da sind wir. So, Kinder, pimmeln wir gar nicht lange an. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist ein Spiel beginnen. Wir haben ein Cannibal Island an Tag 4. Wir haben den Birkbert und Stufe 8. Schauen wir mal, was haben wir da? Spiel beginnen und sofort rein damit. Und was ist ein Thumbnail? Stimmt, Franz, das ist eine berechtigte Frage. Was zur Hölle ist ein Thumbnail? Das weiß mein Mann zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht. Ein Thumbnail ist das Beutel, das du von meinem Stream... Haben wir mir den Fuchs da letztes Mal gefangen? Hat der Fuchs ein Arschloch? Ich sehe keins. Wie scheißt denn der? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Und wieso habe ich eine Fackel in der Hand? Das ist überhaupt keine Fackel, das ist ein Hackel. War das jetzt gerade... Habe ich jetzt gerade gepfiffen wie ein Weiberlein? Ist das Absicht? Weiß ich nicht mehr. Ich stelle keine Fragen. Das Vorschaubeutel, bevor du auf den Stream oder ein Video klickst, das nennt man Thumbnail. Ein kleines Vorschaubild für das, was dich im Video oder Stream erwartet. Wie der Bernie Crusade schreibt, richtig, Clickbait-Beutel in vielen Fällen. Da müssen wir schon wieder weiter ausholen. Was ist ein Clickbait? Bedeutet nichts anderes wie übersetzt man Clickbait direkt? Ein Klickköder. Ja, die mit so roten Kreisel und roten Pfeile und das Allerwichtigste bei Clickbait-Battle ist vom Streamer oder von demjenigen, der das Video macht, ein sicheres Geschau im Thumbnail. Pass auf, so. Das ist das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Das darf man nie vergessen. So, was ist YouTube? Schnell nix, mir ist wieder entwickelt. Da! Komm! Merci! Nimme! So! Und jetzt ist er Ruhe. Oh, da ist ein Katzbrocken schon hin. Schluss jetzt mit der Donaterei. Wer ist denn da? Der Staudi. Der Chef kann leider nicht dabei sein. Ich bin von Electronic Callboy nach Innsbruck eingeladen worden. Dann kann ich es einigermaßen nachvollziehen. Ha? Dann schau, dass du lang gewinnst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hauen Sie hinein. Habe die Ehre. Tja! Wo sind wir? Da sind wir. Okay, wir schauen mal ziemlich stabil aus. Wieso ruckelt? Ist das normal, dass das ruckelt? Das ist normal, dass der Typ in der Charakteransicht ruckelt. Das ist wahrscheinlich spielmäßig so gemacht. So, wir haben auf alle Fälle einen Haufen Scheiß zusammengereiht. Das habe ich schon gesehen. Es feiert aber generell immer an Holz und immer an Steine. Und was mir da so... Was ist mit dir?
Hey, Miete! Katzenbrocken! Immer nur am Fressen, ja, tut sie nicht viel. Er ist ein Fastenprofi. Naja, gut. So, wo haben wir wieder letztes Mal stehen geblieben? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Dunst. Wir haben haben wir nicht ein Questlog oder irgend sowas? Dieser Perl ist gesund und munter, alle sind irgendwie gesund und munter. Was ist denn jetzt? Warum ist es so laut? Machen wir nicht so laut jetzt da. Warte mal, da mehr. Wo kann man da? Wollten wir da nicht eine Treppenhaufe bauen oder so? Ah ja, haben wir schon hier. So, schöne Aussicht, wunderbar. Und irgendwas, mir wird da herum lauter so Zeug angezeigt. Was wird denn mir da angezeigt? Da ist so ein Ding, das ist ein Schnellreiseteil. Ja, okay. Passt, da haben wir Sachen freigeschaltet. Passt auch, wenn ich mich richtig erinnere, kann man da Technologien freischalten. Wir haben 13 Tech-Punkte, an das erinnert ich mich auch noch. Haben wir im Bauwerk eine Alarmglocke für Verteidigung. Da weiß ich immer noch nicht so genau, was das sein soll, aber ich kann mir vorstellen, dass wir mir nach einer gewissen Zeit einfach von irgendwelchen Viecher angegriffen werden. Dann haben wir einen Bogen, den darf ich mal gerne bauen. Dann haben wir da eine Viehfarm und einen Bärengarten. Haben wir mir nicht was angepflanzt letztes Mal? Ja, tatsächlich. Gießen. Ah, da brauchen wir Wasser-Pokémon. Ja, ich werde übrigens Pokémon sagen. Ist mir scheißegal, wenn es keine Pokémon sind. Wie lange muss man das überhaupt bewässern? Das dauert ewig. Was ist jetzt so lange anpümmelt? Da suchen wir uns lieber Wasser-Pokémon. Poklamon übrigens, in der Fachsprache auch genannt. So, wie ist das gleich wieder gegangen? Gegenstand reparieren. Wieso kann ich da ein Rezept wählen? Ja gut, passt. Da können wir Pfeile machen, ein Reparaturset, braucht alles kein Schwanz nicht. Und haufenweise Pokebälle. Pokebälle! Und dann gingen aber bloß 4. Da steht doch dort nicht, braucht Steine. Naja gut, Steine haben wir nicht so viel, gell? Naja gut, bauen wir. Bauen wir! Normalerweise müssen meine Perls anrücken und mir helfen beim Bauen. Ja, Schafall! Schafall! Ja, ich werde... Ja, tut mir leid, den Sound muss ich noch irgendwo runterladen oder als Donation Sound einfügen, weil das geschissene Scheißding, das geschissene Mistviech. So, jetzt warte mal. Haben wir mir nicht da? Wir haben einen Steinspeer, ja, neue Waffen. Was kann der? Okay, Sachen abstehen, das passt, ne? Ich hätte aber gerne den Pfeilbogen. Sag ich dir, was ist. Dann müssen wir Technologie freischalten, wird nicht helfen. Das ist unser erstes Schussgerät, so schaut's aus. Dann mit dieser Feuerbogen, jawohl. Und da haben wir einen Feuerpfeil. Achso, das ist speziell. Ja, passt schon. Komm mal, hab ich schon einen Pfeilbogen gebaut? Nein, wenn nicht. Warum habe ich noch keinen Pfeilbogen gebaut? Was brauchen wir da dazu? Wieso geht denn da halb nicht? Wo muss denn ich da hinzielen, dass das Menü aufgeht? Was ist denn das wieder für ein Scheiß da? Was ist denn das für ein Kass? Warum verschwinden die halb? Stehen denn die Dinger zwei zusammen, ha? Kann das sein? Was brauchen wir da? Feuerbogen. Da brauchen wir 6 Steine. Ja, die holen wir uns schnell. Ja, da springen wir jetzt da oben. Was haben wir da? Das ist... Was ist eigentlich mit ihm da? Das ist der Mozilla. Herr Löffler! Mir ist wieder 5. Lampe! Dono! Merci dir. Was ist... Seht ihr das irgendwo vorher, was das ist? Ja, das ist Erz. Das kann ich nicht brauchen. Ich brauche Stein. Gib Stein. Ganz furchtbar gemütlich wird da jetzt hineingegrindet. Das hilft eh nicht. Dann... Irgendwo muss doch... Man kann doch auch irgendwie dann seine Viecher versklaven und sagen, hey, Viech, bau mir da die ganze Zeit Steine ab. Ununterbrochen so. Ich habe ja da im Tech-Tree schon gesehen, dass man dann so Fließbandel bauen kann und lauter so ein Kass. Das darf mich natürlich schon einmal interessieren. Was ist mit dir? Bist du besser? Ist der Dinossam? Die habe ich letztes Mal schon angefangen. Das ist eine nette Ich scheiß dich nicht an, du scheißt mich nicht an Vereinbarung. Ich steck dir meinen Speer nicht in den Arsch, du lässt mich in Ruhe. Schau, dass du lang gewinnst, du. Was bist denn du überhaupt? Weiß kein Mensch. Dino mit einer Krone am Kopf, keine Ahnung. So, tu jetzt mal Steine her. Oh, da haben wir mittlerweile schon ziemlich schnell. Der Marvelmaniac schreibt, jawohl, kommt noch. Passt. So, man ist ja da so schnell überlohnt, dass echt ein wenig schwierig ist. Springen wir jetzt da noch runter, nehmen wir noch einen Baum mit für Holz. Oh, jetzt sicher auch brauchen. Ah, nimm mit. Und ein paar so blaue Steine, nehmen wir auch noch mit. Na, was tust du denn? Spring. Ein Gockelhahn. Achtung, da probieren wir was. Mit Kuh hat man gefangen, gell? So nicht! Da haben jetzt die anderen Chickipees. Da brauchen wir noch 4. Ah! Was soll denn der Kass?
Kriegst du meinen Speer in den Arsch. Nimm mich mit! Achtung! Ja! Und du auch! Jawohl, ich drauf, ein absolutes Pro-Game. Was zur Hölle war das? Man kann auf... Okay, beim nächsten Mal muss ich jetzt testen. Dann nehmen wir ein paar so Palladium-Dinger mit. Oder wie heißt Palladium, nicht Palladium. Weißt schon? Man kann auf die Animationen gehen. Ich hab's gerade rausgefunden. Mal schauen, ob man da irgendeinen Blödsinn machen kann. Da kann man sich doch mit Sicherheit über irgendwelche Sachen drüber glitschen, wo man eigentlich nichts verloren hat. Wo ist der Händelwagen dazu? Den bauen wir jetzt. Plötze. Geht das so? Findet der jemals wieder da raus? Ja. Kann man den irgendwie nehmen? Der du? Kann man den hauen? Na, du mit dem Speer hier. Na, Plötze, was tust du denn wieder? Warum kann man da nicht weiter nach unten schauen? Ich kann ihm nicht helfen. Tja, Plötze, dann wirst du verhungern müssen. Das hilft nicht. Hilft nicht! So, Bogen bauen. Feuerbogen! Gib Feuerbogen! Oh, leg mir Arsch, wie lange dauert denn die Scheiße? Du Psuffer oder was? Wo ist Schaf? Schafal! Guck, der Kockelmann sitzt bei mir im Bett drin. Was ist mit ihm? Naja, gut. Haben wir alle Zeit der Welt. Am besten baust du eine Base auf eine freie, große Fläche. Das habe ich mir auch schon überlegt. Kann man eigentlich mehrere Bases haben? Kann man den ganzen Scheiß da wieder abreißen? Verliere ich dann die Perls, die bereits drin sind? Unten war eine größere freie Fläche, da war auch Wasser und lauter so ein Scheiß. Das habe ich letztes Mal schon festgestellt. Du ihn plötzlich wieder in die Box und wieder aussehen, dann ist er weg vom Stuhl. Das hört sich gut an, Mr. Rob. Das hört sich tatsächlich, jetzt baue ich erst einen Bogen fertig. Du die Katze in die Box und wieder aussehen, dann ist er befreit. Ich sehe schon, ich bin nicht der Einzige, der das Problem gehabt hat. So, Bogen! Hochgestuft! Irgendjemand haben wir hochgestuft. Ich weiß nicht, wie wir hochgestuft haben, aber ist ja wurscht. So, wo ist jetzt. Die muss ich erst erhalten. Man darf noch nicht einfach so haben. Gibst du mal das Ding da, dass wir die Fackel weg, geschissen auf die Fackel. Ein paar Pfeile werden wir auch brauchen. Und nehmen wir aber normale Pfeile, so wie das ist, brauchen wir keine Feuerpfeile. Kosten denn die? Die kosten Feuerdrüsen. Haben wir zu teuer, so wie das ist. Tu mir. Ja, 30. So, die kannst du jetzt aber schön brav selber bauen. So, gehen wir mit da. Pellbox Management. Das heißt, mit dem haben Plötze. Wo ist der Plötze? Ich sehe ja gar nicht, wer der Plötze ist. Na, das da unten ist irgendwas. Da ist der Plötze. Plötze in die Box. Plötze wieder rein. Da ist der Plötze! Schnell auf ist! Schnell was essen. So ist er braver. So ist er braver. So, wie war das gleich wieder? Die habe ich dabei, gell? Die rennen mit mir umeinander und die kann ich auch freilassen und lauter so ein Scheiß. Und das sind die Perls, die bei mir im Lager umeinander arbeiten. Ja, ich erinnere mich. Lagerverbesserung, baue ein zerkleinerer, Steinbruch, da haben wir eh schon. Und ein Holzfällerlager. So, aber was man mir, jetzt warte mal, kann ich das da Schnellreise, Lagerverbesserung. Ja, wir können die Sachen wieder abreißen. Wird eigentlich dein Scheißproblem sein. Oh, jetzt habe ich das Bett eingehauen. Schade. Was ist da wieder los? Django! Mir ist wieder den Euro 50 gegen. Kuss auf die Nuss. So, jetzt passen wir auch. Und zwar da unten. Ja? Es ist eh egal, je weiter du im Spiel fortschreitest, desto blöder wird deine Position des Lagers. Und ich hab mir halt gedacht, oh ja, wird schon passen. Weil da unten hätte man nämlich auch Baum und Steine und mit Sicherheit auch Erzvorkommen und so weiter. Kriegst Material zurück. Das weiß man noch gar nicht. Abreißen erst B, dann C. B, C. Ah, da schon ich. Rückbauen. Rückbauen. Bau die ganze Scheiße ab. Bau die Scheiße ab! Wobei die Frage ist, warte mal, wenn ich das Ding abreiß da, dann müsste eigentlich alles kaputt gehen, oder? Dann müsste alles verschwinden. Da kommt sogar ein Hinweis. Wer hätte das gedacht, dass einmal ein Entwickler mitdenkt? Bauten, die nicht außerhalb des Lagers bestehen können, werden zurückgebaut. Einige der Bauten bleiben an ihren Plätzen. Alle Perls in diesem Lager werden in eine Perlbox übertragen. Es verschwinden dadurch keine Perls, ganz wichtig. Der Rückbau einer Perlbox kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, wir helfen schon! Was in Gottes Namen ist das denn? Oh Mann, die Bude hätte man stehen lassen können, oder wie? Ja! Ja, hilft jetzt eh nicht.
weg. Na, warte mal. B, C, weg. Weg. Kriege ich das Klump wieder rückbauen? Ich muss ja komplett voll sein, oder? Und die drei, ja, lass einfach stehen, drauf geschissen. Was mich dann noch interessieren hat, wenn ich jetzt da zum Beispiel, da rennen jetzt 4 so Chicken Wings umeinander. Oh, das kann Schaden geben. Oh, nein, bringt mich nicht um, passt schon. Schauen wir mal, gibt es irgendwo besser eine Stelle? Vielleicht ein bisschen weiter unten noch. Vielleicht kriegen wir dann auch noch gleich noch ein Erzvorkommen. Ah, da ist ein Erzvorkommen. Hey. Das ist doch alles Grundbaustein vielleicht. Wer weiß, was Neues kommt. Später ist er halber so. Da ist ein Ohr! Was tut mit dem Ohr? Geb Ei. Wieso kann ich Ei nicht nehmen? Ah, ich bin im Baumodus. Warte mal. F-Ei. Press F für Ei. Die respawnen da ja einfach auch mittendrin, oder? Keine Ahnung. Naja, egal. So, Perl, Produktion. Ich brauche eigentlich, was brauche ich? Die Perlbox brauche ich. Die Frage ist, wo wir die hinbauen. Oder? Ich hab da, das ist schon der Umkreis so. Von wo? Warte mal. Bauen wir das hier, das Ding. Da kann ich sogar nicht. Kann nicht gebaut werden. Warum nicht? Bauen wir es da her. Bauen wir da hin. Das ist die Frage. Halten, bauen. Sehe ich da einen Umkreis, wie weit das da mein Gebiet dann eröffnet wird? Nicht, gell? Das ist erst wenn ich es gebaut habe. Erst wenn ich es gebaut habe. Und die ganzen Stufen werde ich wahrscheinlich auch wieder ausbauen müssen. Naja, hilft nicht. Mal stornieren. Was fliegt da immer? Was? Okay. Ja, aber ein bisschen Pflege finde ich nicht. So wie das ist. Ich glaube, dass das kann eine ganz gute Idee sein. Pflanzen wir es mitten daher. Das passt ihm schon. Ist auf alle Fälle besser wieder um. So wie das ist. Der Blom schreibt, nein, Stufen bleiben. Luis, was tust du schon wieder? Das habt ihr noch gar nicht gesehen, glaube ich. Außer ihr schaut im Chat umeinander. Lagerverbesserung. Na, tatsächlich, weiterhin Level 6. Haben meine Perls jetzt da noch immer, warte mal. Ich weiß nicht, warum der Luis noch nicht angezeigt wird. Das dauert ein wenig. Aber du, wir haben alle Zeit der Welt. So, Perlbox, Management. Okay. Haben die wenigstens nach Level sortiert? Nein, natürlich nicht. Kann man die nach Level sortieren? Ja! Herrgottselig! Dann stellen wir natürlich die eine. Und dann der wir. Ich weiß eigentlich gar nicht, was die so kennen. Hackordnung, Luftkanone, freies Lob. Wer haut denn da schon wieder so an? Was tust du? Warum ist der plötzlich schon wieder so aggro? Ach, du baust einfach so Steine ab. Luis! Ah! Das ist 2 und du weißt es! Merci dir dennoch! Was soll ich machen? Ist das normal? Okay, für was brauchen wir einen Steinbruch? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, dass es dann einfach schneller geht. Na gut. Kennen die was Spezielles? Ich weiß nicht, dass wir einen Chicken rein und die können gut bauen. Das ist alles, was ich weiß. Dass mit denen dazu passt. Oh, Level 6 Chicken, du kannst mir mit dem Arsch lecken. Die Frage ist, was die jetzt alle deren. Warum bauen jetzt da alle ab? Bauen die Schafe da jetzt Erz ab oder was ist in einem Plan? So ein bisschen. Das irritiert mich ein bisschen. So, und genau da bauen wir mir unser Pudi wieder hin. So schaut's aus. So, Aufbewahrung. Nö, brauchen wir alles nicht. Wir brauchen Beten. Ja, genau. Holzfundament. Und dann hat's geheißen. Jetzt warte mal. Das zieht ich mal. Hau ab jetzt, du Schaftrottel! Mit der rechten Maustasten kommen. Ja, dann machen wir uns eine kleine Bude. Kleine Busenbude. Kleine Terrasse war noch nicht geschissen. So, wenn das gut ausschaut, weiß ich nicht. Nehmen wir eine Holzwand. Vorbei. Scheiße. Achtung. Brauchen wir mit Fenster. Natürlich mit Fenster. Fenster. Schau hier. Wunderschön. So, da bauen wir uns wieder ein Tier her. Auf der anderen Seite bauen wir uns ein Tier her, damit wir es auch durchreisen können. Und von vorne machen wir uns ein Tier hin. Und da machen wir uns ein Tier hin. Die ganze Bude ist ein einziges Tier. Ah, wenn du gleich mehr auskennst. So, machen wir überall auf. Lagerfeuer können wir auch brauchen, sonst wird es ein wenig zapfig in der Nacht. Und stockfinster ist es auch. Das da brauchen wir. Kann man das eigentlich da herum auch bauen? Ah ja, tatsächlich. Machen wir so. So. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, ein Lagerfeuer zu bauen. Ja, schau mal, wie er abgeht.
Anheben. Und dann werfen. So, mit dem Level 17er legen wir uns diesmal nieder. Schau dir mal das an! So viel Steine. Jetzt kann ich nicht mehr gehen. Ja, das ist jetzt natürlich schlecht für mich. Ja, so viel Steine hätte ich nicht aufgaben sollen. Das müssen wir jetzt aussitzen, Kinder. Wir müssen ein Bett bauen und eine Kisten. Und die Kisten bauen wir heraus. Sagt der I, was ist? Dann habe ich B. Wo ist Kiste? Kiste. Ja, das dauert jetzt ein wenig. Das hilft nicht. Das dauert jetzt kurz. Damit müssen wir jetzt aussitzen. Hopp. Schnell kannst du da einfach rauf. Kann ich springen? Nein, natürlich nicht. Keine Gegenstände in der Warteschlange. Stimmt. Feuerwehr zum Kochen. Hat gerade jemand geschrieben. Wer hat das geschrieben? Der Herr Blom hat das geschrieben. Da, Kiste. Einmal dahin. So. Jawohl. Halten, bauen. Schofall! Mieze! Ah! Warte, der baut viel schneller wie ich. Schau dir das so, da brauche ich gar nicht hochfahren. Lol. Öffnen! So, was haben wir jetzt da so viel? Kann man irgendwie so mal? Nein, mit rechts. Ah, rechts krieg ich schon. Holz weg! Kann man das irgendwie sortieren nach Gewicht oder irgendein Scheiß? Nicht wirklich, gell? Kann man irgendwie nach Gewicht. Was ist denn das Gewicht? Im Besitz, das also links oben sind 4 Stück. Ja, das sind Stück. Das ist der Verdirbt-Timer von irgendeinem Essenszeug. Ja. Verstehe ich auch. Ist das links oben das Gewicht? Kann das sein? Ja, 52, 96 Ohm. Ja, passt. So, passt. Das heißt, die bauen jetzt den ganzen Scheiß da ab. Und bringen wir den dann wieder? Oder wie läuft das? Was tut er? Er tut ernten. Er sammelt Holz. Das Schofall da hinten freut sich ganz stark. Das Schofall hat unfassbar viele Ideen. Das ist so grenzdebil behindert. So, bauen wir mal ein Bett, die schlafen alle. Und essen können sie auch noch nichts. Die brauchen ein Bett. Alle brauchen ein Bett. Tu mir ein Bett her. So, Infrastruktur. Ein schönes Bett. Da, ein ins Eck. Jawohl. Muss ich das jetzt selber bauen, wo alle schlafen? Die verdammten Schafal schlafen alle. Die Perl mit den Kisten... Icons sammeln. Mit dem... Jetzt nicht. Versteh schon. Brauchen wir Perlsbett. Die bauen wir hinter unser Hirn. Hinter unser Hirn! Muss ich mein Bett wieder selber bauen, weil alle draußen nochmal anschlafen. Anschläge. Perls, muss man wissen, sind lauteres Anschläge. Da kommt Perlbetten hin. 1. Wie viele Perls haben wir? 6, glaube ich. Wie weit muss denn das auseinander sein? Warum muss denn das so weit auseinander sein? Echt jetzt? 2. So. 3. Ja, ist nicht ganz symmetrisch. Da hat mein innerer Mann gesagt, wie, ich hab nicht genügend Material. Der fette Mama nicht genügend Material. Was soll man dem Maul halten? Schau in die Kiste hinein. Gibt's eine Kiste? Ja, da muss ich sagen, da merkt man schon, da hat das Spiel noch so ein bisschen Probleme. Mit, was sagt es mir da jetzt? Oh, da funktioniert es wieder. Jetzt hast du mir vorher wieder. Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Du, Holz her. Haben wir nicht mehr Holz? Die sollen noch mal mehr Holz haben, nicht jeder Holz. Zipfen. Die Zipfen. Du hast nicht genügend Material. Gut. Hilft dir nicht, die gehen nicht mehr schlafen. So, dann gehen wir schlafen. Wieso? Um ein Bett nutzen zu können, muss es überdacht sein. Ah, ja gut. Macht halbwegs Sinn. Was ich vom letzten Mal noch, habe ich vergessen. Holzdach, das platzieren wir natürlich wieder so wie letztes Mal, damit wir mir dann eine Treppe aufbauen können. Nicht genügend Material. Geh, leg mir da am Arsch! Du C, fix. Im Prinzip fangen wir schon wieder von vorne an. Mei, oh mei, oh mei. Was eigentlich auch so eine Pfeile waren. An die noch irgendwie irgendwo. Muss ich am nächsten Tag dann nochmal aufschauen, ob sie fertig gebaut haben. Du nutzt bereits das Material aus der Kiste innerhalb des Radius. Ah. Das ist natürlich auch eine wichtige Information. Jetzt, wo du das sagst, glaube ich, hat man das letzte Mal schon gesagt. Ja, macht Sinn. Und ist eine nette Spielverbesserung. Sagen wir es so. Macht das Leben leichter. So, Dachlauf gezimmert. Wer hat das Holz gegangen? Wo ist Holzdach? Hier, Holzdach. Zack. Zack. So, darf ich jetzt bitte in den Schlafen gehen? Mir auch nicht. Schlaf. Ja! Reisiger Max, ich bin ja schon unterwegs zum Schlafen. Slipstein, merci für den Resub. Hopp, dritt, solala, alle Bürger voll bis Squad. Kuss auf die Nuss. So, da wird sofort Boucher hier. Der Heiler sofort. Es wird nicht langweilig. So, aber es ist. Wie sie sich freuen. Oh, no, weißt du, warum es ist? Es steht im Chat eigentlich noch kein. No!
So, für die brauchen wir noch mehr Betten, und zwar 6 Stück. Dann zimmern wir da noch eins her. Und dann, warte, wie nah kommen wir die zusammen? Da noch eins her. Weißt du was, bauen wir gleich 8, weil es eh wurscht ist. Weil es eh wurscht ist, wenn wir schon dabei sind. Was ist jetzt da? Wie kann man das tragen? Ah ja. Und so. Und da werde ich es nicht herzimmern können, weil der Stor da ist. Ja. Ja, das lasse ich auch noch durchgehen. Ich hab nicht genug Material. Schafall, es tut mir leid. Ich hab nicht mehr Material. 11. müssen wir den Baum umholzen. Gib Baum. Gib Baum. Wie Holz fällt nicht? Da fällt eh so viel Holz aus. Was ist denn da eigentlich? Was ist denn da über das Problem? So, und jetzt machen wir diesen hier. Was passiert denn eigentlich, wenn ich... Pass auf, wir werden jetzt gleich mal feststellen. Jetzt bauen wir erstmal den Baum da weg. Weg mit dem Baum! Weg mit dem Schund! Die gute alte Schafall-Army. Die regelt den Shit. So, das schaut auch gut aus. Jetzt bauen wir so ein Bett hin. Da. Und 20 Meter ist ein guter Baum. Ich hoffe, dass das dann noch respawnt, das Zeug. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Der Storner und die blauen Dinger da. Schieben sie sich freien. Nein, wird nicht langweilig. Kannst du mir erzählen, was du möchtest. So, Frühstücksbunker. Wir brauchen noch was zum Essen. Brauchen wir wieder Holz. Hab übrigens schon bemerkt, jetzt zum 28. Mal, dass da unten haben wir Skillpunkte frei. Ich ignoriere es nur gekonnt weg. So, da, Frühstückspot. Hingeschissen. Passt. Der Bärengarten. Den haben wir den hin. Den haben wir da her. So, schaut doch das stabil aus. Bauen wir selber ein bisschen ohne, dann gehen wir wieder ein bisschen in den Chat ein. Respawn Material ist gleich Yes. Mr. Blom, sehr gut. Ich sehe schon, der Mr. Blom hat Ahnung. Ein paar kleine Bugs habe ich schon gefunden, aber nichts Gravierendes. Ja, ich glaube auch nicht, dass da jetzt wirklich... Sehen? Kann ich da... Ach, das sollen die Viecher machen. Muss ich jetzt da anfangen, Bärle zum umeinander sehen, oder was? Meinst du, ich glaube, dass du wegen einem Vogel hast? Holz weg, das weg. Machen wir Bärle, die kann man eigentlich zum Kochen einlegen. Kennen die Viecher kochen? Machen wir das da. So viel wie wir kennen, beginnen. Aus Lammballfleisch wird das gemacht. So, was der hier sagt, jetzt suchen wir uns mal ein Wasser-Pokémon. Und unser Werkbing und den ganzen Scheiß, den brauchen wir eigentlich auch. Den brauchen wir eigentlich auch. Da müssen wir ein bisschen expandieren, das wird nicht helfen. Jetzt passen wir auf. Da machen wir noch ein paar Fundamente und das sagt ich. Ja, schönes langes Fundament geschissen, nicht genügend Material. Kruzifix! Könnt ihr jetzt einmal zum Holzhacken anfangen? Ihr Mistvieh! Oh, da ist wieder ein Ei. Was ist das? Weiß ich nicht. Nein, Bärsamen. Gut, da muss ich selber ein bisschen Holz hacken, hilft eh nicht. Warum wird man beim Holz eigentlich nicht angezeigt, dass ich schwerer wie, oder kommt es erst ab einem bestimmten Wert? So ab 50%, 75%, dass ich sehe bei jedem Schlag, wie viel Gewicht das ich dabei habe. Schauen wir mal. Also wir haben unter 50%. Wahrscheinlich kommt es ab 50%. Bin ich mir fast sicher. Du, da bin ich fast sicher. So, jetzt passen wir an. Eigentlich hätten wir uns die Tier da sparen können, weil da Treppen her muss. Da muss ja mal Treppen her. Kennst du das selber wieder nicht? Mei, Bürger. So, jetzt pass auf, jetzt bauen wir unsere 3 Werkbänge da wieder her. Die bauen wir schön brav da ans Ende, freistehend. Vielleicht ein bisschen weiter auseinander, so wie es ist, damit wir uns leichter beim Einsammeln. Dann nehmen wir das Ding, das ist die Reparatur-Gaudi. Ist wahrscheinlich ja auch nicht das letzte, nicht genügend Material. Was brauchen wir? Stoff! Scheiße, da kriegen wir mit Stoff her. Ich habe keine Ahnung, was es Stoff gibt. Ist mir jetzt aber auch wurscht. Hilft nicht. So, Rezept wählen. Dann unsere Sachen. Wird einfach nicht langweilig. So, jetzt möchte ich was probieren. Jetzt müssen wir nochmal zurück zum Start. Oh, warte mal, vielleicht kann man sich da teleportieren. Jetzt bei so 8. Da kann man doch irgendwie an seiner Perl-Ding, gibt es eine Schnellreise, dann porten wir uns da einfach auf. Und warum liegt da ein Bagel Holz? Warum trocknet das von euch keiner? Und den mag ich haben! An die Nossum! Müssen wir aber erst Level 15 werden, der hat uns letztes Mal sauber einen Arsch versohlt. So, Ebene des Aufbruchs. Was ist da? Der Mamorest, Level 38. Ist das der Boss? Wir haben letztes Mal eine Quest gekriegt, dass wir einen Boss töten sollen. Der Frankfurt Hauptbahnhof. Ja, ich weiß genau, was du meinst damit. Aber das werden wir nicht näher erläutern. So, schauen wir mal da oben. Da kriege ich auch meine Resources zurück, oder? Wenn ich das jetzt abreiße, den Schund da. Kriege ich da Holz zurück? Ja.
Gehen wir noch schon vorbei, weil die scheiß Bude, die Halbwertslichte, die braucht da wirklich keinen Schwanz. Oh. So, da einen Haufen Zeigling! Kann ich das nicht mitnehmen? Warte mal. Weil, erhalten. So, passt. Abbrechen. Das werden wir abbrechen. Und immer so. Kaste. Jetzt bin ich wieder super schwer. Gutzi, fix. Wie müssen wir machen? Warte mal. Wir kommen halbieren. Ah ja, mit Shift, wie in alle anderen Spiele auch. Abwerfen. Dann können wir wieder laufen. Jawohl, schau, ich hab's perfekt ausgerechnet. Perfektes Mathe-Genie. Sind wir 99,6 von 800. Easy. Mit dem Scheiß reden wir jetzt da oben. Oder können wir sonst noch irgendwas brauchen? Der Rest scheint mir despawned zu sein. Nein, nee. Ja. Ich wollte eigentlich nur, haben wir noch 100 Kilo. Ja, dort steht einer weg, Hälfte nicht. So, wir kommen jetzt da aus, ohne dass ich es wieder aufglaube. Ich laufe einfach davon. Nehme ich das noch mit. So, und jetzt, so, 33 Pfeile, schaut gut aus. Was haben wir da? Goldmünzen. Und der haben wir mal die Hälfte vom Holz, schmeißen wir weg. Können wir uns nicht leisten. Machen wir so, nehmen wir nochmal die Hälften, nehmen wir nochmal die Hälften, nehmen wir nochmal die Hälften. So, abwerfen. So, und jetzt verpiss dich. So, sofort oben in den Bunker. Oben in unserem Bunker und dann gehen wir da nicht mehr rauf. Stoff! Wolle von Lamperl in der Werkbank zu Stoff craften. Da schau hin. Wir werden übrigens wie immer einen riesengroßen Turm bauen. Ah, ob es euch gefällt oder nicht. Früher oder später. Haben wir alle Zeit der Welt. Deswegen haben wir übrigens auch den Freitag ausgesucht. Da können wir vielleicht auch ein bisschen länger spielen. Vorausgesetzt, es macht Spaß. So, schaut gut aus. Ich weiß nicht, was da für einen Schlaganfall haben, wenn sie da das Birndl am Kopf haben, aber ja, wird schon passen. So, das Perlausrüstungswerkbank brauchen. Hey, magst du mir weggehen? Anheben. Wieder schauen. So. Das Ding. Nicht nur in Säckchen geworfen. Da habt ihr was zum Bauen. Wunderbar, dann haben wir eigentlich eh schon fast wieder soweit. Führen wir an, das schaut gut aus. Gibt's mir eine Holzwand da einbauen. Jawohl. Muss schon alles seine Richtigkeit haben können. Ja? Komm mir nicht mit irgendeinem Kass. Wie ist das gleich wieder gegangen, dass ich das da oben hinzimmern kann? So, ja, schau hier. Schau hier. Schaut wunderbar aus. So, jetzt ist die Frage, wie wir das dann bauen. Warte mal. Ja, dann werden wir zuerst eine Wand bauen müssen. Na, warum wirft denn jetzt da ein Holz hin? Was ist denn mit ihm immer? Machen wir mal so. Und machen wir mal so. 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 Muss ja nicht überdacht sein. Dann machen wir Holzdach. Ah. Ah. Oh, das geht eigentlich da her, weil da hätte ich gerne die Treppen haben. So. Warte mal. Ja, so hätte ich die Treppen eigentlich haben. Ja. Dann muss man halt da so. Schieß nicht. Schieß nicht. So der Freiweg, wie es ist. Aber es erfüllt seinen Zweck. Weißt du, was ich da gern hätte? Klingt bescheuert, aber da hätte ich gern eine Tür. Warum? Weil ich mir schon sehe, dass ich ultra opisst bin, dass ich jetzt wieder runterlaufen muss und spring dann einfach da raus. Easy! So, das schaut einmal richtig gut aus. Was kann der Bogen? Gib mal Bogen. Haben wir mir einen Pfeil? Ein Pfeil ist krank! Wieder ist krank! Plötze! Was ist mit dir? Chickabee! Na, das ist einer von uns. Warte mal. Da ist der Kativa. Alter, der kriegt gleich voll auf die Fresse. Alter, wer hat denn den jetzt so genutzt? Der hat einfach Shockwave gekriegt und ja, was das ist. Gut. Nächster Step, Werte erhöhen. Statuspunkte plus 1. Was? Au! Was? Ja, da können wir meine Schafweil und wolltest du über den Haufen, bis der Kathi war. Den kannst du haben. Du Kasperl. Aha! Ist da eigentlich voll oder warum tragen die nichts mehr? Hast du schon Futter drauf? Ah! Da gibt wieder irgendein wütender Trottel. Ja, Mr. Kathi war, das hätte ich mir vorher überlegt. Futterdruck haben wir auch schon. Weiß mir auch, aber kann man mal alles durchgehen, was wir schon gebaut haben. Haben wir alles. Statue der Kraft haben wir noch nicht.
Die stellen wir da so her. Ja, die sollen Viecher bauen, die bauen schnell wie. Aber was skillen wir? Arbeitstempo, Gewicht. Ja, gib Gewicht. Werte erhöhen. Gewicht, bestätigen. Alles ins Gewicht bis Level 10 haben wir gesagt. Ich erinnere mich genau. So, und was wir auch noch haben, jetzt passen wir auf, der Perldex. Und so. Dieser dämliche Scheiß. Jetzt pass auf. Und zwar, es hat ja geheißen, wenn man 10 Stück, ganz rechts unten, der goldene Balken. Wenn man 10 Stück von der gleichen Rasse fängt, dann gibt es noch einen extra XP-Bonus. Wir brauchen nur 2 Katzen und einen Gockel. Heißt, da hätten wir mal die Katzen gefangen, die sie da erschlagen haben. Aber da rennt der Haufen Gockelmann umeinander. So, GKP. Machen wir so. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Wieso habe ich keine Pfeile mehr? Ich habe doch da 33 Pfeile. Oder brauche ich mit dem Feuerbogen Feuerpfeile? Kann es sein? Ja, dann da stehe ich die einmal mit dem Speer. Haben wir jetzt, Soli. Achtung! Alex! Complete! So, das heißt, wir brauchen vom Fox noch 9 und von der Katze brauchen wir noch 2. Dann fangen wir mal die Einzelnen an. Oh, ist mehr. Oh! Jetzt hätte ich es fast erschlagen. 2, 3, 4 und zack. Easy! Gui. Was denn die eigentlich da? Die werden ja schon Steine abbauen. So ist es brav. Weißt du was? Bauen wir ihnen noch eine zweite Kiste hin. Gibst denen gleich noch eine Kiste, falls die andere einmal voll wird, da bauen wir uns da eine schöne Mauer her. So wie das ist. 1. Schöne Vorratskammer. 2. 3. Wunderbar. Da freuen sie sich schon, weil. So. Schaut gut aus, haben wir gut vorbereitet. Sehr gut vorbereitet. Pellbox Management. Fällt da irgendwas? Nö, wir haben lauter Katzen wieder dabei. Je mehr, dass wir dran können, das ist mir momentan einmal das Wichtigste. Lagerverbesserung, da haben wir noch nichts da. Ja, gut. Dann, oh, was kommt das gleich wieder? Da muss ich mal kurz schauen, das kann auch irgendwas. Irgendwas hat das können. Eigene Fertigkeiten verbessern, Pals verstärken. Was haben wir da? Fanggeschick. Ja, da müssen wir diese kleinen komischen Dinger, da finden wir diese Statue da hinten, das weiß ich auch noch. Und Pals verstärken. Haben wir zum Beispiel Kativa. Was kann das dann? Pass mir auf. Kann man die Lebenspunkte, Angriff, Verteidigung und Arbeitstempo kann man verbessern und das nur bei Perls, die ich dabei habe. Ich glaube, ich verstehe. Jetzt ist die Frage, was kostet das? Oder ach da. Opfere Perlseelen, um die Werte deiner okay. Ja, machen wir später, wenn wir bessere Perls haben. Ja. Was ich dir jetzt doch gleich einmal sage, ist, wir nehmen gleich mit dem Fuchs mit. Fuchs schaut mir nämlich stark an. Lagerverbesserung, Pellbox Management, jawohl. Nehmen wir gleich mal einen Fuchs mit. Der ist noch Level 3, der muss noch ein bisschen leveln, aber das ist ja wurscht. So, laden wir unser Lager einmal aus. Wo der Scheiß da drin liegt, ist offensichtlich ja eh wurscht. Hauptsache er liegt drin. So wie ich das Gefühl habe. Haben wir da eigentlich irgendwas Tolles? Ja, da haben wir was. Was kann ich? Da gibt es so viel zum Tor, Alter. Dass das Wahnsinn ist. Wird's da schon wieder finster? Weiß ich nicht. So, was haben wir für Aufgaben? Nächste Stufen ausbauen, nimm deine Ausrüstung und deine Pelz, mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. Die Frage ist, was ist denn der Boss? Kann man das jemand sagen? Ihr habt ja schon so viel Playtime, das ist ein Wahnsinn. Ist das der Boss? Ist der Mamorest der Boss? Da ist aber auch, wo? Im Turm des Rain-Syndikats. Schaut, dass da kein Indikator dort ist, was der auf ein Level ist, damit ich weiß, so, da kann man langsam mal hinschauen. Einen Bogen bauen wir uns noch. Wenn ich das dumpfe Gefühl habe, dass man mir, machen wir so, normale Pfeile nur mit einem normalen Bogen schießen kann. Kann das sein? Ja, toll, für 2 Pfeile brauche ich nicht davon. Naja, gut. Mamorest ist ein, in Anführungsstrichen, Boss. Okay, ist ein Boss, aber nicht der Boss, den ich da brauche. Oder wie verstehe ich das? Naja, gut. Lauft mal weiter! Beziehungsweise, was heißt, lauft mal weiter? Wir brauchen mal einen zerkleinerer und so Sachen, oder? Dann müssen wir doch einfach mal in die Technologien hineinlurren. Wir haben 22 Technologiepunkte, können wir haben die Alarmglocke, jawohl, und die Schlingenfalle, nehmen wir jetzt einfach einmal mit. Und dann haben wir da noch eine Viehfarm. Eine Farm für Schafe, Hühner und ähnliche Perls.
Weise der Farm eigene Perls zu und sie werden automatisch Gegenstände produzieren. Ja, das haben wir auch noch nicht, müssen wir auch noch bauen. Die bauen wir direkt da hin. Das ist mir hier da, Nahrung, ne, Perl, Viehfarm. Nicht genügend Material, Holz. Warum haben wir jetzt so viel Holz verbraucht? Das gibt's ja nicht. Brauchen wir Holzfällerhütte, sag ich dir, wie es ist. Nimm dir noch Bälle mit, hast nur 3. Tobi, richtig guter Plan. Aber ich sehe schon, ich bin da schon wieder die ganze Zeit nur mit Basebuilding beschäftigt, um mich auf eine Reise vorzubereiten. Und dann bin ich wieder proppenvoll, bevor wir überhaupt loslaufen. Also diesen hier. Ach, wir müssen auch mal was essen, merke ich gerade. Das seht ihr nicht. Da hinter mir mein Lebensbalken, das da oben ist mein Schild und da drunter ist eigentlich der Hungerbalken und der ist so gut wie im Arsch. Hat schon wieder ein Lamperl, hat schon wieder einen Schlaganfall. Essen wir halt einfach mal was. Wie tut man das? So, der Birkbert isst jetzt einfach mal was. Ja, das hört sich doch gut an. So, Holz haben wir genug. Bauen wir mal die Viehfarm. Viehfarm, wie groß ist so eine Viehfarm von Welt? Die stellen wir natürlich da hinten zu die Viecher. Ja, die haben wir hier. Da schaut doch die gut aus. Ja. Und jetzt halt. Ja, meine Schafe bauen es schon. Soll ich mithelfen? Bisschen helfe ich mit. Wie unfassbar geil das halt ausschauen. Schau so. Mit einem Stummelarm. Du hast 2 Bögen in der Werkbank hergestellt. Was? Hab ich mich verklickt? Hab ich nicht aufgepasst? Hab ich nicht aufgepasst? Und unser Werkzeug gehört auch mal repariert. Ah, scheiße. 10 abbrechen, okay, passt. Rezept wählen, das dabei. Nein, wo haben Pfeile? Da haben Pfeile. Machen wir mal 11 Pfeile, rein damit. Da muss man Gegenstand reparieren. Das wir das Hacke her, reparieren. Geht das instant? Reparieren, ja, was kostet das? Ah, steht da, Holz und Steiner, ja, passt. Da braucht man Stoff. Na gut, den werden wir dann schon kriegen, wenn wir. Haben wir fertig? So, haben wir fertig. Weidet. Oh, schau, jetzt sind die 4 da drin. Und was machen die jetzt? Kann ich da jetzt irgendwas tun? Wir haben wieder Statuspunkte. Werte erhöhen, Level 10. Letzter Punkt, vorerst ins Gewicht hinein. Bestätigen. Wird schon passen. Und dann gehen wir mal langsam auf Angriff und Verteidigung, damit wir uns da mit irgendwas anlegen können. Das ist ein Wahnsinn. Also jetzt mit den Bogen da her, wir haben 33 Pfeile, machen wir schon. Steht da irgendwo, wie viele Pfeile das ich habe? Ja, rechts unten. Das heißt, da können wir jetzt 33 Mal schießen. Ja, das sieht sich doch gut aus. Türtreppe, was? Türtreppe, was? Das ist bloß ein Ausgangstier, muss man wissen. Muss man wissen. So, da kann man auch mal schauen, was kann das? Pfeilausrüstung. Ja, da kann man wahrscheinlich Rüstung oder irgend sowas bauen für seine Perls. Können wir auch mal anschauen. So, gut, weiter im Tech Tree. Schauen wir, was haben wir da? Hölzernes Wohnzimmermöbelset. Was kann das? Ein dekoratives Einrichtungsset macht das Wohnzimmer gleich gemütlicher. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gaga. Haben wir eine Standfackel. Ja, zum Lichtmachen in der Nacht. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mit. Haben wir Glühpunkte. Scheiße, haben wir noch 15. Was haben wir da? Foxparks Geschirr. Was ist das? Geschirr zur Handhabung von Foxparks. Ermöglicht es dir Foxparks damit bei Aktivierung der Partnerfähigkeit als Flammen. Okay. Wir brauchen noch eine Feuerdrüse. Wo kriegen wir eine Feuerdrüse her? Indem dann mal ich. Okay, ich hab's schon verstanden. Okay, das wird jetzt ein großer Spaß. Achtung. Foxys. Wo waren denn die Foxys? Die waren weiter unten, gell? Die kommt dann erst mit einem im späteren Verlauf. Alles klar. Hans! Geht der Firefox! Schleichkoffer, mehr als für den Euro. Heißt der Fuchs Mozilla wegen dem Firefox? Richtig erkannt. Da hat jemand das kleine Easter Egg entdeckt. Herr Löffler, mir ist wieder den Zwickel, die habe ich glaube ich übersehen. Birger, du hast doch nur einen Gleiter. Oh shit, ich habe einen Gleiter. Ja stimmt, wie nimmt man den Gleiter her? Zwei mehr auf Leertasten, den habe ich total vergessen. Dann gehen wir mal angleiten. Gleit. Ja, da macht er nicht Ausdauer Sinn. Aber er ist ein bisschen, der ist da lang, der Gleiter ist langsamer als... Oh, leck! Wieso ist das, sind da sogar 2? Haben die Agro? Erkenne ich das irgendwie, ob jemand Agro ist oder nicht? Wir brauchen einen Fuchsen. Wovon? Pinguin! Pinguin! Gib mir den Pinguin! Boah, leck schon mal hin, was ich für sexy Wadel habe. Das ist ein Wahnsinn. Was bist du für Level? Der Pengulet! Pengulet! Das ist ein Pfeil in den Arsch! Boah, leck ist der Kreis. Ah! Spinnst du wegen, oder was? 69% plus. Okay, hat schon passt. Nehmen wir gleich 2 Pangolets mit.
Pengolett! Nein! Ja, schau hin! Schau hin! Ausweichrolle! Für das haben wir genug Dark Souls und Elden Ring gespielt. So, nochmal. Kriegst noch eine, kriegst noch und dann... Nein! Nein! Hab jetzt keinen Ball mehr. Leck mir am Arsch, Pengolett! Verdammt, der Tobi hat's mir noch gesagt. Nein. Ja, ich bin schon fort. Hab! Brauchst du blaue Dinger da. Geh jetzt da so rundrum und weich während dem Abbauen, weich deinem Scheiß aus. So, was ist da schon Nix triffst wie du. Scheiße. Hätten wir mal unser Maul gehört. Ja, bin schon fort. Aufgesprungen. Ja, so, weißt du, was geil war? Ein Zurück-Teleportier-Gerät. So quasi, das ich dabei habe, ich drücke hier und dann bin ich in meiner Base wieder daheim. Da hat mich stark wundern, wenn es das nicht irgendwann gibt. Plötzlich gönnt sich ein Päuschen, steht da links. Interesting. Machen wir mal so. Ja, für so Dinge zum drüberspringen ist er natürlich tipptopp. Gibt's gar nichts. Sehr schön. Bin ich jetzt schnell, wenn ich da aufgegraben? Anscheinend schon. Was ist jetzt da? Wieso kann ich da nicht? Nee, ja gut. Halb gekonnt, Kinder. So, was wird jetzt da? Ja, Pokebälle bauen. Gib Poke... Ah ja, Pfeile, wunderbar. So. Und da wollen wir mal so viel, wie wir machen können. Jawohl. Rein damit. Dabei schauen wir mal wieder in den Chat rein. Der Plötze! Ja, hilf mir mal! Mir geht es nicht gut! Scheiße, stimmt. Der Plötze ist ja krank. Der Pell legt ein Päuschen ein. Gesund und munter gesund. Was feit denn ein Plötze? Da müssen wir mal schauen. So, ich würde jetzt dabei Pokebälle bauen. Wir kommen nachschauen, was ein Plötze feit. Bären in den Futtertrog tun. Okay, macht auch Sinn. Auch das müssen wir erstmal schauen, was ein Plötze feit. Das ist der Plötze. Plötze noch. Der hat Leben 800 oder was gegessen, Angriff, Verteidigung, helfende Pfote, Angsthase, Hitzkopf. Wo sehe ich, dass der krank ist? Oder ist er nicht mehr krank? Kann es sein? Oh, und die haben alle halb hungrig, das ist richtig. Das ist richtig, holen wir mal Bärle aus. Holen wir mal Bärle aus der Kiste. Hol mal die Bärchen aus der Kiste. Wo sind Sicherheitseinstellungen? Verriegelung aktiviert, Passwort. Wenn man wahrscheinlich mit mehreren Leuten spielt. Ja, gut, macht Sinn. Da haben keine Bärchen drin. Wie schaut's da aus? Da ist auch nichts drin. Da ist ein bisschen was drin. Da ein Spiegeljahr drin. Da ist ein Spiegeljahr her. So, haben da Bären, dann Bärensamen. Na gut, die nehmen wir mit. Nehmen wir so mit. Ja, nehmen wir Bärle. Ja, Bärle hinten rein. Was liegt denn da? Ist so an! Treib von Stoff. Nice. Gute Investition gewesen. So, öffnen. Da kann man ja alles Mögliche an Essen rein tun, oder? Da ist Fleisch und Ohr. Und das da packt man ein. Das ist mein Essen. Ein Spiegelohr habe ich dabei. Ein Bärle legen wir ein. Schau hier. Wunderbar. Das schaut doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So. Dann, was ich jetzt auch mal schnell probieren möchte, wir haben ja was freigeschaltet, und zwar Beleuchtung. Eine Standfackel. Was haben wir da deren? Habt ihr da so finster hinten? Das ist nix. Machen wir so. Donk, donk, klonk. Donk, donk, klonk. Muss ich die selber anzünden oder? Ja. Ist die irgendwann kaputt und geht irgendwann aus oder bleibt die? Weil sonst, wenn die natürlich nicht bleibt, ist es ein Käse. Aber totaler Käse. Totaler Käse. Kann man da hinten rote Beeren sehen. Die Frage ist nun, Beeren im Futter, Pingu ist gut zum Bewegen. Oh ja, stimmt, wir haben ja einen Pingu aufgeklappt, gell? Ja, es ist schon wieder so viel Zeit gleichzeitig, dass ich 4 Sekunden später vergessen habe, was wir gerade da haben. Gut, sie fix nochmal. So, Pellbox Management. Wir haben da so einen Pingu. Pingu! Nur ein Pingu, der meine für einen Gockelmann. Der Gockelmann kommt gar nichts. Gockelmann, du bist dabei voll für den Arsch. Was tut der Pingu jetzt? Weiß ich nicht. Na gut, die schlafen alle. Dann schlafen wir mir auch einmal. Mir gefällt es besser, wenn es hell ist. Hey, an der Stelle, glaube ich, wird es einmal schnell Zeit, dass du den Like-Button smasht. Warum? Weiß ich nicht, ich kann mir ein Biergebettelt nur am Likes und am Donations. Okay, ich drück trotzdem. So, Kuss auf die Nuss. Birgit, sag mir dein oberes Geschoss. Da ist noch nichts. Da ist nichts, so, das kann ich dir gerne zeigen. Da kannst du hier.
So, also das ist mein oberes Geschoss. Das ist gut für uns. Das obere Geschoss. Halt dein Maul. Tschüss dann. Ja, bis jetzt bin ich noch nicht aufgegangen. Das hätte ich dann schon gespannt, wenn ich aufgehen wollte. Das nächste Mal. Upsi. Keine Ahnung. So, 11 Beine, wir brauchen mehr Pingus. Was kann denn jetzt der Pingu? Was kann der Pingu? Das haben wir uns noch gar nicht angeschaut, was der Pingu überhaupt kann. Perl Index. Wo ist der Pingu? Der ist so weit unten. Was ist denn da Nummer 4? Ist das nicht so gestaffelt, so, dass man eigentlich in Pokémon Nummer 4 relativ da am Anfang irgendwann drüber stolpert, der jetzt einen mit dem Pingu geredet hat. Er ist Wasser und Eis. Seine Flügel haben sich zurückgebildet und es kann nicht fliegen. Die Sehnsucht nach dem Himmel ist jedoch noch immer in seinen Genen verankert und es versucht immer und immer wieder. Oh. Achtung, der Ton. Mögliche Beute, Eisdrüsen und Perlsaft. Was kann das da so? Oh, Bewässerung, ja, Handwerk, Transport und Kühlung. Auf Befehl wirst du mit einer Panzerfaust ausgerüstet, die Pangolett als Munition verschießt. Beim Aufschlag explodiert Pangolett und wird kampfunfähig. Das ist schon witzig eigentlich. So, jetzt passen wir auf, was haben wir da? Eine Feuerdrüse brauchen wir immer noch. Aber den schalten wir dann frei. Was haben wir da? Hölzernes Barmöbel. Okay, lesen, schwierige Sache. Barmöbel-Set. Was kann ich in einer Bar tun? Weiß ich nicht. Was haben wir da? Ah, Holzfällerlager, Steinbruch, Schädel und ein Baseballschläger. Wenn der nicht schon immer recht viel Spaß gemacht hat, dann weiß ich es auch nicht. Na gut. So, jetzt passen wir auf, das ist meine Pfeilung aus. Jetzt fahren wir da mal ein paar so Fuchsen unseren Scheiß. So, wo sind wir? Da, immer den Fluss entlang, habe ich gehört. Nein? Ah, jetzt würde ich mir wünschen, wie in Daisy oder so, dass ich meinen Kopf dran kann, aber das wird wohl nichts, fürchte ich. So. Pangolets! Ich seh's schon. Ich sehe euch schon hier, Mistgrippe. Und vor Fuchsenhausen ist da auch. Lass mich beobachten, da kann man doch eigentlich mal. Das mit dem Fuchsen raus. Machen wir so. Nick, du sollst ihn nicht wieder umbringen. Kennt ihr uns? Ist gegangen? Haha! Easy! Oh, leck! Massenhaft Pangolets! Die nehmen alle mit. Wie viele Pokébälle habe ich noch? 10. Da, nehmen wir den. Oh, die sind schon Level 5. Einer geht noch. Nein, nicht kaputt machen! Ich mag jetzt da mal aufspringen und schauen, was passiert. Oder an die wüten. Oh. Oh, hoppala. Upsi! Upsi! Au! Au! Oh, das ist echt wütend, Mann. Nehmen wir mit. Ah! Aber heute habe ich noch eins haben können. Au! Stop it! Die nehme ich auch mit. So. Und das loot ich da einfach. So. Oder der Fuchsenmann! Wir sammeln wir alle ein. Alle sammeln wir ein. Machen wir so noch. Nimm mit. So, Fuchsensepp. Den nehmen wir auch noch mit. So, man muss ja immer ganz aufziehen, ich sehe schon. Ja, die nehme ich auch mit. Nein, nicht umbringen! So, jetzt muss ich drauf gehen, schauen, was passiert. So. Was soll überhaupt dies? Zählt das als Topf? Ja. Ach Mann. Warum probieren wir nicht mehr so einen Scheiß aus? Hör mir doch auf, du! Ja! Bin jetzt wieder daheim, ja? Habe ich wenigstens die Peiltrotteln dabei?
tun wir jetzt den Fuchs raus. Der Mozilla regelt das. Da. Perlsaft. Eisdrüsen. Oh, der Gleiter war es gewesen, stimmt. Der Gleiter war es gewesen. Leider Gottes war ich so verdutzt, dass ich mir gedacht habe, hoppala, ich glaube, ich habe den Gleiter vergessen. Ja, was soll ich machen? Kinder, was soll ich machen? Dafür haben wir jetzt wieder daheim. Dann gehen wir halt nochmal. Sprichwörtlich aus dem Leben gejietet. So, Fuchsen fangen. Und Fuchsen töten vor allem. Den Sechser, den fangen wir uns auf alle Fälle. Schauen wir mal, ich brauche ein bisschen. Machen wir so. Okay, passt schon. So, nein. Monitor schaut. Ja, gut, sie fix! One von mir noch. One von ihm. Nein, jetzt sterb! Jetzt hab ich 2 Beine verkackt! Mozilla! Geh wieder her jetzt da! Gut, sie fix, die muss ich allein verdreschen, weil sonst der bringt's alle um. Der Mozilla ist einfach stark. Ja, hilft eh nicht. So, Feuerdrüsen haben wir genug. Fangen wir noch ein paar. Wie viele Beine habe ich dabei? Noch 2. Dann fangen wir jetzt noch mindestens 2 Fuchsen. Los. Kruzifix. So, machen wir noch der Fox Parks. Mr. Fox Parks. Headshot. Das sieht man nicht so gut wie. Eins. Nicht. Nicht. Oh, da hinten ist ein nice Viech, ich hab's genau gesehen. Eigentlich sollte man. Aber es ist jetzt wurscht. Nein, aufhören jetzt! Nicht mehr. Was bist du? Der Gummos! Hey, Fox und Wölfchen, da hast du deinen Moss. Ich hab keinen Pokéball mehr! Ah, verdammt, ich hätte so gerne so ein Teleport-Ding, dass ich da jetzt wieder 8 Stunden lang heimlaufen muss. Das nervt mich schon ein wenig, muss ich sagen. Aber gut. Haben wir Feuerdrüse aufgeklappt? Jawohl. Oh, 28 sogar. Oder was war das Gewicht? Gewicht ist links oben. Ja, gut, passt schon. Aber 28. Passt schon, passt schon. Ja, und ich bestätige übrigens erneut, du bist sofort in der, nennen wir es mal, Loot-Spirale drin. Neue Viecher fangen, die Ding fangen, dann das bauen. Es wird nicht langweilig und das Spiel ist einfach super cute. Kannst sagen, was du möchtest. So, was wollten wir jetzt da? Feuerdrüse und was erforschen wollten wir. Jetzt pass auf, Technologie. Und dann 2 Fox Parks Geschirr. Leder, Feuerdrüse, haben wir alles da. Okay. Und dann muss man das bauen, oder wie? Verteidigung, Möbel. Ah, das ist ja was für ein Perl, gell? Vielleicht geht es dann da in die Werkbank da. So, keine Gegenstände. Ah, Fox Parks Geschirr. Ungewöhnlich. Das bauen wir. Beginnen. Ja, das dauert eh. Jetzt müssen wir eine Viecher bauen, oder? Du wirst dann neidisch. Und ein paar Pfeile kann man mal wieder brauchen. Können wir keine Pfeile bauen? Bist du besoffen? Haben wir noch 10 Holz? Ja gut, dann haben wir mir dabei Holz zusammen. Oh, die 3 Bäume müssen weg. Holzfällerhütten her, Sturm jetzt her. Nix bauen wir mir jetzt. Wir bauen jetzt Holzfällerhütten. So schaut's aus. Der Gummos ist gleich ein Schniedelviech. Okay. Vielleicht ist das die Nummer 4. Das ist der Burning Crusade, das kann sie hingehen. Es schaut zumindest auch sehr nach so einem typischen Start-Pokémon aus. Nach einem billigen, bis keiner spielt. Hackelt mal alles zusammen. Wir hauen die Holzfällerhütten hin. Hat die auch so einen Einzugsbereich, wie so in so Strategiespielen und so? Oder wie läuft da der Hase? Nein, ich nehme da schon wieder sowieso mit. Ihr sollt den Scheiß dran, ihr Trottel. Jetzt passen wir an. Bauen. Dann haben wir die Holzfällerhütte, haben wir noch gar nicht gebaut. Technologien. Zack, 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 zack. Das da, glaube ich, Baumöbelset. Ja, wir schalten alles frei, was da ist. Alter, was ist. Was kann das? Ein dekoratives Einrichtungsset. Ja, das interessiert mich nicht, ganz ehrlich. Das können wir irgendwann einmal machen. Nehmen uns eine Stunde Zeit, bauen wir schön. Holzfällerlager. Jawohl. Steinbruch. Jawohl. Geilste Beschreibung ever. Schild. Zum Draufschreiben. Okay. Nimm ich. Baseballschläger. Nimm ich auch.
Und dann da ein Haufen fange zum Freischalten einen bestimmten Perl. Ah, das sind dann wahrscheinlich so Sachen wie da das Geschirr für den Foxpark und so weiter. Leck, haben wir mir schon weit, oder was ist denn das alles da? Nein, Rüstungssets, was haben wir da? Ein kleinerer brauchen wir auch noch. Der gehört auch noch zu uns zum Aufwerten. Dann haben wir einen Giftbogen und Giftpfeile. Ja, was ist das da? Brutkasten. Da braucht man einen Antiktechnologiepunkt. Was kann das? Lege ein Perlei hinein und es wird automatisch ausgebrütet. Okay. Was haben wir da? Kleiner Futterbeutel. Enterhaar. Ja, ich arbeite dran, Kinder. Ich arbeite dran. Jetzt nehmen wir da noch das Holz mit. Nehmen Holz mit. Was tut es? Es schildert. Sehr gut. So, wo waren wir? Foxpark Geschirr. Jawohl, das nehmen wir mit. Und wie kann ich das jetzt ausrüsten? Wahrscheinlich, warte mal, gehen wir mal da mal her. Den hätte man nicht da hinstellen sollen, wir Vollidioten, aber egal. Und zwar da. Kann ich mit dem jetzt da irgendwas... Nein, warte mal, dann werden wir da gehen. Mein Team. Dann haben wir da einen Mozilla. Können wir das da irgendwie ändern? Wie kann ich dem irgendwie Items zuweisen? Habe ich das eigentlich... Das komische Geschirr. Habe ich das überhaupt mitgenommen? Habe ich das schon mitgenommen? Nö. Wo ist das jetzt? Oder haben das jetzt automatisch alle meine Foxperls? Na, die wollte ich nicht. Mal so. Foxperl. Was jetzt du? Bleib mal mit da jetzt. Bleib mal jetzt mal da! Fuchs Flammenwerfer. Und jetzt so? Zerrissen hätt's mir, wenn's aus seinem Arschloch kommt. Ich sag das, wie es ist. Zerrissen hätt's mir, wenn's aus seinem Arschloch kommt. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, in der Ausdauer haben wir unseren LP. Jetzt gehen wir mal in Angriff. Wieso kann man in Verteidigung nichts skillen? Naja, gut. Ja, der wir mal in Angriff fahren hinein. Das ist auch noch nicht viele Punkte. Machen wir mal lieber. Das Arbeitstempo interessiert mich. Das Arbeitstempo? Ja, machen wir Arbeitstempo. Machen wir Arbeitstempo. Haben wir noch gar nichts drin. Rein. Wird schon passen. Der Fuchsen ist der geilste. So. Some next steps. Was haben wir da? Da haben wir ein bisschen Stoff zum Zusammensammeln. Ich hätte gern mehr Sammler. Muss ich das sagen. Und da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, das habe ich noch nicht so ganz im Überblick. Jetzt passen wir auf, Lagerverbesserung, Perlbox Management. Da steht doch immer dort, für was dass die gut sind. Jetzt müssen wir uns aber, glaube ich, in dem Menü anschauen. Klicken wir mal da auf den Pingu. Das ist Bewässerung, okay. Aussaat, Feuererzeugung, Stromerzeugung, Sammeln. Bergbau, Holzfällen, okay. Das wären nicht diese Pimmeldinger da. Der kann nur Handwerkern und Sachen transportieren und Farmarbeiten machen. Aber wieso macht er das nicht? Also ich da jetzt zum Beispiel Farmarbeit, da ich da hinten, pass mir hoch, da, das können wir nicht mehr, da ich da herin singen. Warum tut er das nicht? Ist das nicht Arbeitsphase aus? Nein, Aussehen ist ja extra extra Viech. Ja, okay. Okay. Ich verstehe schon. Naja, Holzfällerhütten. Beinbruch. Eine Anlage zur Gewinnung von Holz. Bäume zu fällen ist körperlich anstrengend. Überlasse die Arbeit Perls, die sich mit Holzfällen auskennen. So, und dann ist jetzt die Frage... Ach, die hackeln diese 3 Bäume ab, die ich da hinpflanze, oder wie? Sehe ich das richtig? Dann gehen wir da zum Holz. Ja, warte mal. Machen wir auf der anderen Seite. Nur dann können sie nämlich da direkt zur Kiste hingehen. So. Wieso kann ich da jetzt nicht hin? Weil der scheiß Fuchs wieder im Weg ansteht. Geh weg jetzt da mit deinem Schund. Machen wir jetzt so. So. Bauen wir jetzt einfach da mal so her. Hey, probieren wir es einfach aus. Abreißen können wir es wieder. Mittlerweile können wir ein bisschen mitbauen. Wir können auch ein bisschen schneller bauen. Zum Essen, glaube ich, haben sie auch schon wieder nichts mehr. Schneller bauen. Der Baiko schreibt mir, wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Ich sag das ganz ehrlich, im ersten Stream war ich super begeistert, dann war ich dazwischen bis jetzt wieder ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, ich weiß genau, wie das Gameplay die nächsten 50 Stunden ausschaut. Und so ein bisschen weiß ich es auch, aber das hält mich diesmal nicht davor ab, weiterhin Spaß zu haben, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde es ganz witzig. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum das Spiel den Hype hat.
Das ist absolut nur nachvollziehbar. Ist da ist ja eh noch was zum Essen drin. Was haben sie? So. Muss ich jetzt da einzelne Viecher zuweisen oder wie läuft das denn? Halten, arbeiten. Okay, und dann muss man das da aus der Kiste rausnehmen oder wie, oder was? Oder fungiert das Teil gleichzeitig als Lager? Da plötzlich faulenzt! Was ist mit dem... Ah, das ist eine negative Eigenschaft. Ja, die ist wie ein echt, das passt schon. Gut, dann brauchen wir noch... Was tut denn der Zerkleinerer? Eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Stein und Holz. Um das Wasserrad zu drehen, benötigt man einen Perl, der Gießen beherrscht. Hammer, Pingu-Hammer. Ach, ich verstehe, glaube ich. Lass mich beobachten. Und der haben wir da auf die Seite Nummer. Na, das ist nix. Der haben wir da einen Steinbruch her. Ja, den bauen wir. Wie lange dauert der? Der dauert geschissene Minuten. Schau da noch. Schau da noch. Schau da noch. Bitte schau da einen Pingu. Der kann nämlich bewässern. Aber wir haben noch keinen zum Aussehen. Einen sicher brauchen wir noch. Das kann mit Sicherheit dauern. Das hat mir ziemlich nach so einem Pflanzenperl angeschaut. Ah, ich helfe mit. Ich helfe mit. Fangen die Nass an, das fällt Holz. Ja, aber das Ding ist Level 17. Das fickt mich. Da müssen wir noch ein bisschen leveln. Ein bisschen noch. Hat der Knierschein? Das ist eine gute Frage. Hey, hast du Knierschein? Der Pengulett. Ja, also richtig schön ist nicht, aber das hilft jetzt auch nicht. Aber wir brauchen noch einen zerkleineren und den stellen wir jetzt mitten rein. Schauen wir mal. Stellen wir da her. Zack, das Böhnchen. Da bauen wir auch gleich. Halten wir drauf. Bewässern und, glaube ich, kühlen. Ah, der Pingu hat bewässern und kühlen, ja. Ja, darauf muss man sich einlassen können und den Grind und so weiter, absolut. Hab's auf PC geholt, meine Krake hat es aber nicht verkraftet. Also auf der Xbox weiter, bis ich einen neuen PC habe. Ja, um Gottes Willen, wenn du eine Xbox hast, dann kann der PC auch noch ein bisschen warten, weil alles, was es für einen PC gibt, gibt es auch für die Xbox. Und ein PC ist ein bisschen teurer als die Xbox, das kann ich nur verstehen. Der Sprenge schreibt, du brauchst Pelz mit der Fähigkeit Holz fällen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und da wahrscheinlich zum Holz Storhackeln. Aber hat nicht die Katz Storhackeln? Naja, das kriegen wir schon. Jetzt können wir erst mal ausbauen, glaube ich. Lagerverbesserung. Jawohl, jawohl, jawohl. Und können wir noch einen Perl dazu nehmen. Jawohl. Heiße Quelle, primitiver Hochofen, baue Bärengarten. Brauchen wir noch einen zweiten Bärengarten. Verdammte Scheiße, den habe ich jetzt dahinter gepflanzt. Kann ich, ja, dann bauen wir dahinter einen hier oder was weiß ich. Die Scheißtier, da braucht sowieso keine Sau. Und wenn, dann laufen wir mitten durch ein Ding durch. Den bauen wir gleich, damit gleich Ruhe ist. Ja, gleich her, Bärengarten. Dann wir da her. Jawohl, den so in die Viecher bauen, das ist mir wurscht. Und dann weist man mal noch einen Perl zu, das habe ich jetzt wieder vergessen. Lagerverbesserung, Perlmanagement. Wen haben wir, was kann das Viech? Ja, Feuer erzeugen, das war mir schon klar, das näher kann es nicht. Der Gickelmann hat doch Aussehen. Sag ich das nicht richtig? Der Gickelmann? Nein, stopp, da müssen wir sortieren. Sortieren nach Level. Dann nehmen wir natürlich den höchststufigen Gickelmann. So, und wieso? Das schauen wir jetzt einmal schnell. Das steht da nicht dort nicht. Die Symbole kenne ich noch nicht auswendig. Da das kleine Blattl-Symbol, glaube ich, war Aussehen. Haben wir Perldex. Was haben wir da? Nein, Sammeln war das. Was ist dann Aussehen? Ach, das komische Samending da. Ja, gut, macht Sinn. Haben wir mir einen Holzfäller? Nein, haben wir auch noch nicht. Holzfällen? Nein. Pingu? Nö. Ja, gut, dann werden wir. Oh, was haben wir da? Humus? Was haben wir da? Der Hu-Krates. Was haben wir da? Oh Gott, schau's da an! Schau's da an! Wenn das nicht, das ist doch 100, das kenne ich doch bei Pokémon, ich weiß was nicht, wie es heißt, das Mistviech. Gottes Willen, was ist denn das? Okay. Ja gut, dann werden wir einmal schlafen müssen, bis es wieder gescheit hell ist, weil jetzt gehen nämlich dann gleich Sonne unter, so wie ich das sehe. Schauen wir noch mal in den Tech Tree hinein. Was haben wir da noch so rumliegen? Ein Giftbogen, der interessiert mich eigentlich noch nicht. Was haben wir da? Hölzernes Aufbewahrungsbarmöbel-Set. Zur Aufbewahrung von Gegenständen. Da haben wir dann auch für die nächste Stufen den Hochofen. Und unsere Rüstung. Unsere Rüstung kann man reparieren, gell? Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Machen wir so. Jetzt will wir natürlich auch permanent die Produktion von Holz haben. Warum kann ich das jetzt nicht mehr reparieren, weil ich es komplett kaputt gemacht habe oder was? Nein, weil wir Stoff brauchen. Ich habe doch 5000 Stoff da hinten.
Evoli! Richtig, Spreng. Absolut richtig. Ah, da haben mehrere geschrieben. Der Wandler, der Martin, die Steffi. Also, ich sehe schon, da habt ihr... Ich hab das letzte Mal Pokémon gespielt, da hab ich noch fast in die Hosen geschissen. Pokémon, Entschuldigung. Beziehungsweise Boglamon. Boglamon. Ich hab doch einen Stoff. Ach, den muss ich erst herstellen, gell? Stoff muss man erst herstellen. Machst du mal 5 Stoff. Ja, der Pingu hilft mir. Pingu, voll rein ins Kehrblech! Ich vergesse irgendwann, die droppen Stoff, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber ist so wurscht. Ja, haben wir's schon. Togepi. Togepi! reparieren, nice. So, gehen wir Schlafi. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Viecher gibt, die du nur bei Nacht finden kannst. Bin ich mir fast sicher. So, kann man da jetzt schon schlafen? Ist dann automatisch der nächste Tag in der Früh, werden wir gleich sehen. Oder überspringen wir immer... Nein, das ist immer zum Gickel-Gacken. Wir wachen mal auf zum Gickel-Gacken. Wie viele Pfeile haben wir? Pfeile, 13 bloß. Ja, dann müssen wir zuhauen, hilft eh nicht. Dann müssen wir zuhauen, hilft eh nicht. Brauchen wir mal ein paar neue Viecher. Wie beladen bin ich? Haben wir über 500 haben wir. Passt, gehen wir mal weiter und fahren wir mal bei 4. Los! Zur Not sehen wir es mit dem Flammenwerfer, so schaut's aus. Das komische Oh, was ist das? Ah, oh! Level 10, die kann man kriegen. Level 10 kann man kriegen, Kinder. Oh, schau, wie schön das sein. Wie schön das sein, muss ich haben. Da schießen wir mit dem Bogen drauf, so wie das ist. Ja. Oh, die weichen aus. Kannst du nicht einfach meinen... Oh, die machen ganz schön Damage. Oder jetzt mein Fuchs gekillt. Oh shit, Leute. Oh, was kriegen die Schaden? Ich hab gar keine Pokebälle. Ah! Ah! Was ist das? Wo haben die die ganzen 4 ich hab? Ich hab gar keine Pokebälle. Ich glaube, das Prinzip, dass man Bälle braucht, das habe ich schon verinnerlicht, aber ich bin es nicht gewohnt, dass ich keine hab. Schauen wir mal, kommen die noch? Nein, kann schon weg. Gut. Mein Gott, das mit die Bälle. Verdammt! Was ist denn jetzt eigentlich mit meinem... Was ist denn mit meinem Fuchsen? Was ist denn das, Alter? Ihr redet einfach Viecher über den Haufen. No balls, no pals. Wo ist denn jetzt mein Fuchsen? Ist der jetzt tot? Kann ich mit dem... Was ist denn mit dem? Team? Oh, was kann ich mit dem... Ist der jetzt gestorben? Ist der jetzt gestorben? Ah, da kommt schon wieder. Schauen wir mal in die Perlverwaltung hinein. Was tut denn das Melpaka mit den ganzen Vieh? Jetzt hört er mehr auf mit einem Kram für die Mistvieh. Aber das Melpaka kann man noch schnell fangen, aber wir haben immer noch keine Balls. Keine Balls! Keine Balls! Schauen wir mal da schnell, ob man da irgendwie wieder wiederbeleben kann. Kann man die da irgendwie... legen in die Box, 10 Minuten warten, dann lebt er wieder. Ah ja. Ah, haben wir auch noch nicht gehabt. Schade, man stärkt das Pokémon. Boglamon! Oh, da haben wir schon einen Stormitz. Wieso kann jetzt er Stormitzen? Das darf mich jetzt schon interessieren. Schau wieder, wie es ist. Muss ich nochmal schnell schauen. Der Index. Er hat Bergbau. Na gut, bin ich schon steil. So. Mann, ich kann immer nur 4 bauen. Von was haben wir denn so wenig? Holz! Leg mir da am Arsch dann! Grütze, fix nochmal. Ich brauche einen Holzfäller! Ja, wie diese Grundsachen da umeinander pimmeln. Das ist ein Bonglamon. Plötze gönnt sich ein Päuschen. Ja, der Plötze ist ein fleißiger, der wird das. Oh, nicht mehr mit. Jetzt zeige ich mal ein besseres Hacke, wo ich auf 2 Schläge alles kaputt. Auf den 4er kann man Pelz anweisen. Emotes zum Angriff, greift denselben Gegner an, Angriff einstellen. Na, passt schon. Ja, gut. Soll mir recht sein. Alles cool.
Ich nehme mehr Pokebälle. Elfi, ja, jetzt können wir der Sache schon netter. Da haben wir selber mal ein bisschen rein ins Viech. Kommt da eigentlich auch mal jemand und helft mir? Hallo? Halt meine Schaufel. Da rennt der Pinguin balanciert das Holz am Kopf. Du Vollidiot! Bauen sollst! Da unten schlagen sie immer noch die Melpakas. Die fange ich jetzt an. Die haben nämlich halber hin. Haha! Ja, das ist der beste Trick für alle. Mal geschissen auf den... Nein, nicht die Steine mitnehmen. Abhauen. Ja, jetzt passen wir an. Hey, Mr. Melpaka, du schaust gar nicht mehr so gesund aus. Erstmal rein in den Arsch. Oh. Ah! Nicht davon laufen! Oh, da haben wir viele Melpakas. Ah, komm, wir müssen hier. Da, bleib drin jetzt! Jawohl! Melpaka! Was kommt denn, Melpaka? Was ist mit dir? Kannst du gar nicht so behindert von der Seite anschauen. Wo ist das andere nicht, Melpaka? Kämpft das da oben immer noch? Na, schaut nicht so aus. Na gut. Aber das Gummos! Das Gummos ist gestungen, Level 3. Aber ein Witz. Da gehen wir her zu mir jetzt da. Mr. Gummos. Hallo? Ah, jetzt pimmelt er mal nicht da so. Oh, Melpaka. Jetzt, warte halt einmal. Jetzt bleib einmal da! Ich steck da, was bist denn du überhaupt? Ich mag jetzt nicht mit den Pingus kämpfen, ich mag die haben. Da geh her jetzt. Nicht nochmal. Sehr schön. Wo ist das andere mit Gummos? Komm. Sehr schön. Gummos. Wo ist denn das andere mit Gummos hier verschwunden? Da unten. Guckt zueinander. Oh, da unten ist ein Schnellreiseding. Haha. Da gehen wir jetzt direkt hin. Gut für uns. Los. Los. Oh, noch mehr Melpakas. Nice. Ich glaube, der gibt auch Wolle wie Lammball. Hab's nie probiert. Ja, als Melpaka werden wir ausprobieren, wenn wir daheim haben. Da hat auf alle Fälle Sinn machen. Oh, da ist der blaue Stor, den nehme ich mit. An die grundlegend Agro, die haben schon irgendwie so den Eindruck gemacht, keine Ahnung. Können wir da her? Was haben wir da? Schnellreise freischalten, ja, sicherlich. Jetzt hätten wir so lange mal. Oh, ist das da vorne vielleicht so eine Art. Oh, da ist ja jemand schon hin. Vielleicht hat der was Tolles. So, Mr. Gumbos! Du bleibst jetzt gleich mit da! Du Arschloch! So, geh damit! Oh, da sind ganz fake Gumbos. Ganz fake, die 3 Gumbos, die fangen wir auch noch. Jetzt gehen wir jetzt mal zu. Das ist ein Veteran. Was kann der Veteran? Was kannst du? Hallo! Hey, dich sehe ich hier zum ersten Mal. Du bist wohl von außerhalb. Na, ich habe damit kein Problem, aber wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Pelz fangen. Für die ersten 10 gefangenen Pelz einer Spezies bekommst du sogar mehr IP. Je mehr Pelz ein Trainer... Ja, das hat mir doch der andere auch schon erzählt. Oben hinten, oder? Am Startpunkt. Desto besser wieder. Hier, das kannst du haben. Hau rein. Was haben wir jetzt gekriegt? Palladium Bruchstück 5. Wow, toll. Das hat sich ja richtig rentiert, dass ich mich mit dir unterhalte, du Volltrottel. So, kriegst du das Ding. Nehmen wir mit. Was ist das Blaue? Das haben wir nicht. Oh, was ist das? Nightwing. Oh, leck, das ist voll riesig. Die fliegt zwar ein bisschen gegen den Wind, das ist ein bisschen seltsam, aber was ist das da? Du hast Notizen eines Schiffbrüchigen Tag X aufgesammelt. Was kann das? Inventar. Was ist jetzt da neu? Weiß ich nicht. Was ist da neu? Ich sehe nichts. Werte erhöhen! Da haben wir mal die Lebenspunkte noch eins nach oben. Einmal, weil wir es kennen. Was haben wir da sonst noch Schins? Glitzert überall. Lauter Zeug schon hin. Da war eigentlich auch ein guter Platz für die Base Queen. So, das ist ein riesengroßer Haufen. Was ist das da? Düsteres Ei. Baue einen Brutkasten, um Pelleier auszubrüten. Ja, aber das kann ich doch noch gar nicht. Oder? Das ist doch da erinnern, da brauchen wir erst so einen Antiktechnologiepunkt. Wie kriegt man den sehen? Vogel! Startmenü, Notizen. Startmenü. Ach doch. Notizen eines Schiffbrüchigen, Tag 2. Bei Erkundungsspazierung fange ich eine Sphäre, die ein seltsames blaues Licht ausschaut. Ja, ist ein bisschen Lore. So, ich bin so frei und bin so ehrlich, Lore interessiert mich Scheiß. So wie es ist. Da ist eine Kiste und keiner sagt was. Da ist ein Bogeball, Boglermonball. Nimm ich. Sehr schön. Oh, der Grimis! Was ist da drin? Goldmünzen, Palzpferd und Pfeile! So, was bist du für ein Level? Du kriegst gleich mal einen in den Arsch. So. Ein Grimis! Oh, Bärli-Samen. Ja, die nehmen wir alle mit. Nimmst du sowieso 10 Samen von alle. Das war knapp. Wie viel haben wir noch? 11 Stück. Die nehmen wir mit.
Jetzt will ich 5 mit. Die schauen flauschig aus. Wer weiß, was die kennen. So, was haben wir da sonst noch? Da ist ein wildes Katzo. Ging auch nur darum, dass du weißt, wo es ist. Alles gut. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Kommst du da auch ober oder wie? Oh, wow! Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. Oh, wow! Nein, nicht! Attack! Ah! Oh, ich bin fast tot. Abflug! Ah, nein! Ah, nein! Regenerieren wir irgendwie Leben oder so? Warte, die sind härter wie jeder Dark Souls Boss! Ja, wieso habe ich jetzt wieder keine Pfeile? Ich habe 13 Pfeile aufgehabt. Wow! Oh, ja, bin ich hier. Damit. Oh shit, Alter, bist du besucht oder was? Mein Speer. Jetzt, wenn der andere herrscht, bin ich gefickt. Ja, natürlich, du Arschloch. Rein in den Arsch! Au! Ja, der Schadensding ist noch so ein bisschen. Nicht. Hab ich noch irgendeine. Nein, hab ich nicht. Machen wir so. Greif mich hoch oder so. Mach du mich. Ja, die haben noch ein bisschen. Da müssen wir vielleicht einmal Rüstung, bessere Waffen etc. Ja, hab schon gesehen, die haben gar nicht so einfach. Ja, da muss man mal hergehen und sagen, so nicht. Da nochmal. Haben wir heim müssen. Ja, das ist meine Schnellreise. Die Schnellreise des kleinen Mannes. Herr Schleinkoffer, kannst du mal meine Frau Nadine grüßen? Das ist ein neuer Fan von dir und der wird auch gerade zuschauen. Hey Nadine! Guten Morgen! Schöne Grüße aus Pümmelhausen. So, waren wir Ort. Ja, da müssen wir heften. Brauchen wir besser eine Rüstung, brauchen wir besser einen Bogen. Müssen wir gleich einen Feierbogen oder einen Giftbogen her oder was weiß ich. Passt schon. So, Giftbogen, jawohl. Ein gefährlicher Bogen, mit dessen Hilfe du deine Ziele vergiften kannst. Vergiftete Pelz lassen sich leichter fangen, benötigt Giftpfeil. Okay, bauen wir Gegenstand. Oh, Melpaka-Sattel. Ermöglicht es dir, auf Melpaka zu reiten. Das erste Mount. Ja, hau rein, Alter. Hau rein! Und dann haben wir da 2 verschiedene Rüstungen. Wo ist jetzt da der Unterschied? Stoffkleidung tropischer Macher. Damit lässt sich Hitze besser ertragen, okay? Stoffkleidung arktischer Macher. Damit lässt sich... okay. Aber so wirklich ist da der Grundwert... Entschuldigung, ich hab Vollgas ins Mikrofon reingehabt. Unsere Kleidung ist ja schon wieder hier. Wie schnell geht denn die scheiß Kleidung kaputt? Kriegst du einen Vogel. Außerdem hätte ich gerne noch ein zweites Rüstungsteil und ein besseres Schädel hätte ich auch noch gern. Wann kommt denn das jetzt einmal? Wieso die Viecher one-hitten mir aus dem Leben? Teilweise. Was haben wir da noch? Bauwerk, heiße Quelle, Sandsäcke, Nägel, Fangeisen, Federhaarschmuck. Hübsche Haarnadel aus Federn. Schützt möglicherweise irgendwie vor tödlichen Kopfverletzungen. Für die Herstellung wird primitive Werkbank. Ja, bauen wir halt das Ding dann. Keine Ahnung. Freischalten. Und da haben wir einen... Oh, der Dreischussbogen. Hätte ich mal lieber den freigeschaltet. Naja, gut. Machen wir so. Einen Feuerbogen haben wir schon. Wie viel können wir da bauen? 11. Das sind aber... Oh, 19. Hau rein, Alter. Hau rein, Alter! So, jetzt schauen wir mal, was wir da alles Neues bauen könnten. Alarmglocke, bauen wir mal eine Alarmglocke. Weißt du was? Die scheiß Alarm. Wer weiß, für was die scheiß Alarmglocken gut ist? Wo zimmert man die hin? Ich weiß es nicht. Die zimmert man da dann hin. Zimmert man das neben das Pellding. Ah, schaut überhaupt nicht. So. Kann man schon mal brauchen. Haben wir Schädel, das ist so Dekorationsscheiß, das interessiert mich nicht. Schild, anderes, ja. Dann müssen wir für unser Alpaka so ein Ding bauen. Ja, da bauen wir selber ein bisschen ohne. Dann haben wir auch wieder mal 5 Sekunden. Wie lange dauert denn das? 5 Sekunden Zeit, um den Chat rein zum Schauen. Staudi! Merci wieder in 5er. Bussi aufs Nussi. So, Umbaupause. Bin wieder da. Was passt denn um? Dein Bude oder was? Das Spiel ist Pokémon Legend Arceus kombiniert mit Arc. Ja, genau. Soweit ich das beurteilen kann, ich habe die letzten Pokémons nicht gespielt. Irgendwie haben die Pelz allerweil Hunger. Ja, die holen sich schon was. Nordosten sowas. Was ist Nordosten sowas? Was ist im Nordosten sowas? So, jetzt können wir mal schnell unser Alpaka aussuchen. Und jetzt kann ich da drauf umeinander reiten. Tu mir rein.
Muss ich das halten? Ach, dann kommt's her. Fluff-Tackling? Alter, wie geil ist das denn? Wie viel Schaden macht denn das? Probieren wir es gleich nochmal. So wieder, wie es ist. Probieren wir sofort nochmal. Boah, leck, da kommen wir sogar. Boah, leck, das Ding ist ein Voll-OP. Probieren wir es gleich nochmal. So. Moment. Oh, haben wir da geschossen. Lass mich aber daneben chargen. Ah, konnte ich es irgendwie ausweichen oder so? Na, ganz nicht. Ja, das braucht so lange bis vom Flecken, das Mistvieh. Na, geh weg! Alter, wo rennst du hin? Oh. Wir kommen da wieder absteigen. Okay, ja. Ich hab keinen Pfeil. Scheiße. Da bin irgendwas hier. Ich komm schon. Mein Packer halt durch. Der kriegt ja keinen Schaden von den Arschleeren. Ich hau einfach drauf und hoffe aufs Beste. Du bist so mal. Nein, was 16%. Wow. Nicht in die Fetten, Rüsselmann. Ah! 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 So. Ah! Nein, nicht. Nein, nicht. Ah! Goddammit! Das Kreislige ist halt, dass die Viecher dann zu dritt angreifen. Das ist halt mies. Aber gut, ja gut, das nächste Mal pimmelt man keine Level 10 mehr an. Mehr Rüstung. Wie kriegt man... Ich konnte Verteidigung nicht leveln. Ich krieg keine bessere Rüstung. Hat die andere Rüstung, die wir da freischalten können, die Feuerrüstung und Eisrüstung, hat die mehr Verteidigung? Damit wir mir doch nicht jetzt mehr auf 3 Schläge tot haben. Probieren geht über Studieren, habe ich so das Gefühl. Feuerpfeil, halten, arbeiten. Oh, die Feuerpfeile dauern aber lang, leg mich am Arsch durch. Shot, Brother! Hast du eigentlich früher Pokémon gespielt oder nicht? Wenn ja, welche? Weißt du, was ich für Pokémon gespielt habe? Pokémon Blau. Ich bin so alt, ich hab's noch am Gameboy gespielt. Alle anderen Pokémon habe ich mal mitgekriegt, aber nie wieder aktiv gespielt. Im Osten ist ein Skill-Früchte-Tree für Pelz. Ach, man kann ja die Viecher auch noch leveln, gell? Ich darf mir die Pelzbahnrate ein wenig runterstellen, dann hast du nicht immer 2 bis 3 Pelz auf einen Haufen. Kann man das im Nachhinein noch? Weil es war schon angenehm. Es war einfach angenehmer. Wenn es nicht 3 haben, sondern 1 bis maximal 2. Da war ich ganz froh drüber. Kann man das noch? Optionen, Respawn, Empfehlungen, Optionen, Spieleinstellungen, Steuerung, Ton. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Kann man das noch? Das sind ja Welteinstellungen. Kann man das mal? Aber das war wirklich, das würde ich tun. Aber schaut mir nicht so an, als würde es gehen. Der Balkos schreibt, ich auch, Blau war zwar nicht mein Favorit, da ich Glurak auf der roten geiler fand, aber mein Bruder war schneller. Wir haben uns damals zu zweit gekauft, wir waren zu spät sind, weiß ich noch, da waren wir mit der Realschule, waren wir da unterwegs in Nürnberg, da ist unsere Realschule, glaube ich, irgendwie 50 Jahre alt geworden oder so, und hat die ganze Schule einen Ausflug nach Nürnberg gemacht, das war 1998 oder 99, glaube ich. Und ich habe mir Pokémon Blau gekauft, und später von mir Pokémon Rot. Im Titelbildschirm, das heißt, da muss ich wahrscheinlich mal kurz speichern, kann das sein? Wenn ich jetzt da einfach rausgehe, ist schon gespeichert, gell? Ja. Probieren wir einfach. Das probieren wir einfach. Warte mal, Spiel beginnen. Welteinstellungen ändern. Ah, da schau hin. So, jetzt ist bloß noch PAL-Erscheinungsmenge. Ein höherer Wert kann die Spielperformance beeinflussen. 2, Fangwahrscheinlichkeit, Angriffsschaden der Pelz. Das ist alles schon, das hat mir der, wie soll ich sagen, das hat mir der Foxy hat mir das zur Verfügung gestellt. Eine etwas erträglichere Setting-Geschichte. Aber wo ist jetzt die Einstellung, wie viel das da spawnen? Natürlich LP, Wiederherstellungsrate von Spielern, Gebäudeschaden, ich überfliege schon wieder bloß die Hälfte. Fangwahrscheinlichkeit, Pell, Erscheinungsmenge. Ist die Einstellung da?
Mr. Balko, sehr wohl bin ich auch ein 80er-Jahrgang, ja. Ich bin ein Jahr älter als du. Meine Schwester hat das Blaue gehabt und immer Shigi genommen, das Rote und meistens Glumanda. Ich war ein gepflegter Bisa-Sam-Spieler. Weil Shigi oder Glurak haben alle gehabt. PAL-Erscheinungsmenge ist das da. Aber die ist eh bloß auf 2. Ja gut, dann der wir es halt einmal auf 1,2 runter. Fertig. Einstellungen werden gespeichert. Fortfahren, bestätigen. Und das gilt jetzt schon für Chernobyl Islands. Schauen wir nochmal Welteinstellungen ändern. Schauen wir einfach nochmal die Erscheinungsmenge. Also runterstellen auf 1 hat jemand geschrieben. Da vertraue ich einmal ein bisschen stärker wie mir selber. Jawohl. Und dann gehen wir wieder rein. Beginnen. Passt! Oh! Der Christoph, by the way, schreibt, passt bloß auf, dass du nicht mehr als 7000 Viecher fangst, sonst geht dein Spielstand kaputt. Soweit werde ich wahrscheinlich nicht kommen, aber ein paar mit 100 Stunden Playtime, da kann das schon einmal schnell passieren. Hör ich schon trapsen. Ja. Den ganzen Schund da. Was liegt denn da? Zeig mal an! Sag mal, für was haben wir die Viecher? Die sollen mir das Zeug zusammenglauben. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Außerdem würde ich gerne wieder mal Fire-Pokémon mitnehmen. Das gefällt mir irgendwie besser. Da haben wir einen Mozilla. Ja, den nehmen wir da rein. Der Melpaka muss sowieso revived werden. Und dann nehmen wir da, wen nehmen wir da mit? Nehmen wir an das Kativa mit. Fertig. So, unten schauen wir ganz gut aus. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts. Jetzt war es eigentlich ganz geil, wenn wir da mal, das mal einen Firebogen hier. Machen wir so. Eigentlich brauchen wir auch das scheiß Hacki, das Hacki und das Ding da nicht mehr. Ich tue mich da so schwer. Erkennt man den Bogen anständig? Ja, natürlich nicht, das war klar. Schauen wir mal. Haben wir da noch ein paar Pfeile fertig? Jawohl. Wir brauchen mehr Feuerpfeile, Kinder, mehr Feuerpfeile. Was haben wir da eigentlich? Gummoslaub. Was wir auch mit da kannten, ist das Gummos einstellen. Pellbox. Haben wir da nicht irgendwo ein Gummos? Was kann das? Ein Cremis kann leider nicht fehlen, aber was kannst du? Aussehen, das dachte ich mir. Und darum, der haben wir jetzt da ein Ding weggert. Und du sollst gleich mit. Ich bin gespannt, schau mal ihm zu, was er tut. Ja, sieht aus. Der geht sofort los und macht Bärli. Ja, das ist gut. Dann haben wir einen Pinguin zum Bewässern. Ja, schau hin. Das kann er. Das ist ein guter. So, wir lernen uns dabei einmal. Das nervt mich nur ein bisschen, dass das nicht sauber anständig geht. Stoff, der wir da rein. Das der wir rein. Was jetzt viel Gewicht braucht, den ganzen Scheiß da. Unser Ei, das bräuchten wir uns. Ja, und ansonsten drauf geschissen. Drauf geschissen. Warte mal, die ist auch noch ziemlich schwer. Bauen wir uns neue Pokébälle. Nein, wir brauchen immer noch Feuerpfeile. So. Tech Tree! Wir werden einfach rausfinden, ob diese Rüstung. Machen wir erst einmal mit Feuerrüstung. Feuerrüstung, freischalten. Was haben wir sonst so? Nimm deine Ausrüstung und deine Pelz, mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. Da glaube ich, brauchen wir noch nicht anfangen, wenn wir die normalen Viecher noch nicht einmal schaffen. Pellbox, Lagerverbesserung. Was brauchen wir da? Primitiver Hochofen, heiße Quelle. Ja, dann rein dafür mit. Was darf man sonst? Dann können wir einen neuen Pell hineinbauen. Oder heiße Quelle, können wir freischalten. Jawohl, was das Sandsack braucht, setze Pelze ein, um sie nach Feinden Ausschau halten zu lassen. Okay. Was haben wir da? Und den primitiven Hochofen. Jawohl. Und einen Federhaarschmuck haben wir ja auch freigeschaltet. Gegenstand, Nägel und kleines Fangeisen. Tritt ein Opfer darauf, wird es festgesetzt, nur für kleine Pelze und Menschen. Nägel nehmen wir auch gleich mal dazu, weißt du, was das? Ja. So, nein! Ich habe mich verdrückt, Entschuldigung, das hat keiner gesehen. Dann bauen wir 15 neu. So, wie viele Feuerpfeile möchtest du in deinem Leben eigentlich schustern? Jetzt machen wir mal so ein Ding. Machen wir mal eine tropische Tracht. Ja, genau. Was heißt das da? Was heißt denn die Symbole da? 1,5. Beziehungsweise 1 groß, 2 kleine. Was bedeutet denn das? Arbeitsmenge. Bedeutet das eventuell, wie viele Pals wir in unserem Team haben, die bauen können? Ist ja wurscht. Tropische Tracht! Produktion beginnen los. Und dann dauert die Gaudi wieder ewig. Da, Zeit für den Chat! Pimmelfiech, du es ausspähen. Leg's Ei ab. Du das Ei weg, brauchst doch nicht im Inventar. Obwohl auch wieder, wie schwer. War das Ei recht schwer? Mach die Armbrust, die fickt super.
Eine Armbrust habe ich noch nicht gesehen. Da ist, glaube ich, ein bisschen hin. Der nächste Bogen, den wir erforschen können, ist ein Dreischussbogen. Der sich allerdings auch sehr vielversprechend anhört. Es sind Peltics. Ich weiß nicht, was Peltics sind. Und wenn wir das da hin so. Hat jetzt das mehrere? 25? Ja, es hat mehrere. Das war noch geil, wenn man das vorher sehen hat, was das Ding für Stats hat. Das war noch nicht ganz schlecht. Schilde. Das Ei hat 10 und die Spitzhacke und so. Das Ei, ja, ist eigentlich wurscht. Schau, was er tut. Aquaknarre! Pingo ohne Knierscheiben. Benutzt Aquaknarre gegen rote Beeren. Sie ist sehr effektiv. Tech Tree kann ich freischalten. Let me have a look. Ja, ich sehe noch keinen. Eigentlich hätte man die Fellrüstung machen sollen. Eine Rüstung aus Leder bietet guten Schutz und hält anständig warm. Für die Herstellung wird hochwertige Werkbank benötigt. Hochwertige Werkbank haben wir noch nicht, die kommt da erst. Jetzt müssen wir uns ein bisschen bremsen mit einfach durchskillen. Das ist ein wenig ein Krampf. Irgendeine Miezi hat geschrien. Ich weiß nicht warum, aber irgendeine Miezi hat geschrien. Jetzt stellen wir erstmal Heiteln. Eine Runde Heiteln. Also wie viele Durchläufe es zum Produzieren braucht. Okay. Also es ist die Dauer der Produktionsdings. Ja, ich check schon. Check schon. Aber wir schauen mal auf einen Schlag wieder komplett anders aus. Bin ich gespannt, wie das da. Ja, sagt man da, ist das Gras vom Boden drunter? Bewässerung, Gießen. Dann kommen da irgendwann Bärle raus. Benötigt Holzfällen. Einen Holzfäller haben wir immer noch nicht. Wer kann Holz fällen? Irgendjemand hat es vorher schon geschrieben. Kann man es nicht merken. Pokebälle, wie viele Pokebälle haben wir? 7. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben ein Feuerdings. Wie viele Feuerpfeile haben wir? 39. Ja, jetzt probieren wir es nochmal. Was haben wir für Pokémon dabei? Ein Holzfuchs, ja genau. Eigentlich kann man uns auch abporten, gell? Habe ich gerade gespannt. Ja, zu spät. Zu spät! Jetzt probieren wir es nochmal, ob sie auch an der Welt was kennen oder ob jetzt da 3 Elche umeinander laufen oder einer. Wenn es einer ist, dann ist es was anderes. Ja, offensichtlich ist es bloß einer. Ja, soll mir recht sein. Ja, das ist mit das Ding hier. Ja, dann kriegst du gleich mit einem Pfeil in den Arsch. Ja, mein Fuchs. Bloß nicht umbringen. Wir kommen in dem Stadium da noch irgendwas da? Den das noch mal her. Jetzt. Wir würden dann mal fangen. Nimm ihn mit! Ja! Deigtrüdier! Das Herdenmitglied mit dem prächtigen Geweih wird zum Anführer gewählt. Haha! Da haben wir noch mehr Gummos hinten. Jetzt fangen wir mal ein paar 4. Die wir noch nicht haben. Jetzt werden wir ja ein Auto. Ja, mit dem Level 38 Mammo-Rest legen wir uns einmal noch nicht an, sicherheitshalber. Bloß, damit nichts passiert, was es ist. Da ist ein Pokéball gelegen, ich habe ihn genau gesehen. So, kann ich mich eigentlich da schnell reisen? Kann ich eigentlich einfach so machen? Nein. Okay. Ja, gehen wir mal die Welt erkunden. Schauen wir mal, was wir da so alles finden. Mit den ganzen Viecherfanger, die wir noch nicht haben. Da oben. Jetzt sind es natürlich auch ein bisschen schwieriger zu finden, weil nicht an jeder Ecke 25 umeinander rennen. Dann das Nachtschicht. Pit habe ich die ersten. Der Maulmaniac schreibt Holz. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Ja, du kannst beten. Wer kann beten? Du kannst mit den Lagerfeuer schießen. Ach, der Aikidir ist als Holzfäller geeignet. Ja gut, macht das Sinn? Ja, weiß ich nicht, aber wir werden sehen, wenn wir wieder daheim sind. Jetzt mag ich erst so ein komisches Flugviech noch fangen. Na, das Alpaka haben wir auch schon. Da unten ist ein Haufen Scheiße umeinander gelaufen. Kann man eigentlich tauchen? Kann man schwimmen? Wenn das jetzt wieder ein Topf wird. Ich einen knockerten Arsch. Das ist ein riesengroßes Skelett. Da muss doch irgendwas Besonderes sein. Okay, schwimmen kann man. Da ist noch so viel. Oh, da ist was hinten. Ich hab was entdeckt! Da ist auch was. Nehmen wir uns den da auch mit. Ja, ich darf schon was sagen. Gib ihm! Ah! Au! Erst mal voll rein! Das ist mein Speer. Na, nicht killen!
Nimm's mit! Ein Bagel, das Mistviech! Ja! Nochmal! Ja! Easy. So, da hab ich was gefunden. Krieg ich das von da herunten? Ja, kriege ich. Na, spring. So, der Mozilla. Was ist mit dir? Du chillst einmal und regenerierst wieder Leben. Und irgendwo da im Eck ist was gelegen. Was haben wir da? Haben wir nur ein gefrorenes Ei. Schau hier, was wir gefunden haben. Der Pitt fragt erneut, wie taugt der Perlwelt bis jetzt? Es ist ganz witzig. Es ist einfach... Oh, da ist eine Höhle. Ob wir da lebendig rauskommen? Es ist ganz witzig. Ich kann absolut nachvollziehen, wie schnell dass man da in der typischen Loot-Grind-Spirale drin ist. Man muss natürlich Bock haben auf das knuffige Ding da. Pass mir auf, haben wir nicht eine Fackel oder irgendwie sowas? Scheiße. Ich sag, dass es ist, da gehe ich nicht rein ohne Fackel. Da hab ich die Hosen gestrichen voll. Da ist ein Dungeon. Komm mal, ist das instanziertes Ding oder gehe ich da rein und es ist einfach stockfinster? Ah! Ja! Schauen wir uns einmal an! Wilder Rookie Level 10? Ja! Der Firefox, dann müssen wir ein paar Headshots auszahlen. Das Spiel hat Dungeons? Was kriege ich da? Alter, wie geil sind die? Da haben einen Haufen Ressourcen herin und so einen Scheiß, oder? Kommen wir mit denen Schwammel was machen? Mit denen Schwammel was? Ein Perl im Team ist hungrig. Oh, mein Vieh ist hungrig. Warte mal. Haben wir noch was dabei? Benutzen. Da ist ihr mal was. Und er zweimal was. Schauen wir doch da wieder gut aus. Warte mal. Oh, da ist was. Der Futtler! Du gehst mal her, ich mag nicht. Ey, Futtler! Oh, der kommt gerade! Shit! Wow! Oh, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Oh shit, das wollte ich auch nicht. Vielleicht haben wir Glück. Nein, wir haben keinen Glück. Aber vielleicht auch mal besser die Waffen als den scheiß Kackspeer da. Au! Oh nö, nimm ich die Jacke mit, wenn du wurscht ist. Immer schön kreisen. Level up! Der Fuddler! Eine in Cold Food! Der Fuddler, halt doch dein Maul. Der scheiß Fudler. Fudelwupp Kartoffelsuppe. Das ist übrigens auch ein guter Pornotitel. Was ist denn eigentlich das da? Der geht das irgendwie? Da haben wir eine Spitzhacke gehabt. Spitzhacke hier. Was ist denn das? Wieso sag ich nicht, was das ist? Kriegen wir da? Oh, Erz. Erz haben wir draußen auch nur. Gibt es irgendwas Besonderes? Das schaut da irgendwie besonders aus. Da. Schwefel! Schwefel haben wir noch gar nicht. Da haben wir ein paar mehr. Schwefel haben wir noch gar nicht gefunden. Für was wir Schwefel brauchen, weiß ich nicht. Aber es klingt nach Explosion. Erz haben wir draußen vor der Haustür bei uns. Und das blaue Zeug, da wird wahrscheinlich dasselbe Gestein sein wie draußen die kleinen irgendwas. Palladium oder Palladium oder wie auch immer. Ja, das ist jetzt nicht so das Besondere, aber schauen wir mal. So, jetzt nehmen wir mal wieder unseren Fuchsnasser. Dem ist der Fuchsen. Und kann man sonst noch irgendwas tun? Übersehe ich was? Schwefel brauche ich noch lange nicht. Ist wurscht, nehmen wir trotzdem mit. Was haben wir da? Ja, den nehmen wir auch mit. Was tut man sonst damit? Tu mir einen Speer her. Tu mir die schon? Tu mir her zu mir. Wo ist der Fuchsen? Wie zur Hölle kommst du da auf, ey? Du Zipfel Adam! Kommst du wieder runter? Was ist denn mit dir? Mehr zu mir. Oh, die zünden wir jetzt so. Oh ja. Und da haben wir noch. Na! Das ist ein bisschen blöd, dass dein Viech einfach. Ich hab noch kein Gefühl dafür, wie viel Damage der ein Angriff von einem Viech und von mir macht und so. Aber gut, hilft er nicht. Was gibt's am Ende von einem Dungeon? Der rendiert das eh. Wir haben jetzt gleich sehen. Dann gehen wir mal links, dann müssen wir nicht schwimmen. Was ist jetzt? Jetzt einfach unsichtbar im Mal, oder? Soll mir eh. Oh, Mau!
Mau! Gib mir mal. Was ist mit Mau? Bleib da! Mau! 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 Ah, die kacken alle so komische Dinge. Die Munition sparen. Mit. Und das andere nicht. Oh, Alter, das Kackding. Bitte, die kämpfen alle gegeneinander. Ja, dann, was ist denn mit dem lila Ding jetzt? Verpiss dich mal! Was ist mit dir? Du Arschloch! Lass mal das Mau in Ruhe! Wollen wir rückwärts sein? Kann man den auffangen? Warte mal. Lol. Na gut, mit einer 16%igen Wahrscheinlichkeit werde ich ihn nicht fangen. Wenn ich wieder versucht zu fangen, dann bringe ich die um. So, tschüss. So, Mau! Hey, was ist denn mit dem Mozilla? Mozilla, kommst du mal? Ja, das schießt. Ja. Da, gehen wir da her, Mozilla da 4. Schieß jetzt einmal auf die scheiß Mieze mit einer lila Kugel da! Da geht's für Schieße, gell? Ja, natürlich will ich für den scheiß Ball daneben. Grütze, fix nochmal. Der erste Schuss von einer macht aber keinen Damage nicht und der zweite bringt sie sofort um. Da ist schon wieder der Futtler! Was für ein Level die Viecher haben, ist ja theoretisch scheißegal, oder? Und wir bringen das einfach alle um. Es gibt XP, hab ich gehört. Stirb das Sau! Speer to your face! So, ein Futtler lasst mich in Ruhe. Wir geschissen auf den scheiß Futtler. Das ist gar nichts. Lol. Wo geht's denn weiter? Hinten. Oh, Statuspunkte. Achtung, Werte erhöhen. Angriff. Bestätigen. Mal zweimal? Nein. Angriffstempo, Gewicht, Lebenspunkte, vielleicht auch nochmal. Mir kommt plus, wieso gibt es jetzt da bloß plus 2 Angriff? Ich mir lieber Lebenspunkte, sage ich dir ganz ehrlich, vielleicht holt man da noch mal ein bisschen mehr raus. Du kannst Menschen auch mit Ball fangen. Ich hab's gerade probiert, also ja, anscheinend darf es gehen, aber der hat jetzt 16, bei 16 der war fast tot. Also ganz minimal nur am Leben. Und er hat bloß eine 16%ige Chance gehabt, vielleicht haben wir da einen Arsch noch ein bisschen zweit. Und wir kannten uns natürlich auch einmal. Ich habe ja so eine kleine Statue gefunden, die hätte ich ja eigentlich ausbauen sollen, damit unsere Fangwahrscheinlichkeit ein bisschen in den Tee geht. Das ist ja auch nur förderlich. Damit wir nicht jetzt mit Viecher die Stufe 10. Oh, was haben wir denn da? Dreimal wilder Rookie. Oh. Na gut, probieren wir es so. Gib mir her zu mir. Flammenwerfer in den Arsch. Los. Und die wüten auf mich. Oh, da, die haben wütend auf mich. Aber sagst nichts mehr! Du kriegst einen Flammenwerfer ins Gesicht, du Huren! Stirb das Sau! Ah, und schon ist bloß noch einer. Wo ist der andere? Der glitscht irgendwo da drin umeinander. Dann bringen wir nicht da drin um. Ja, was tue ich jetzt mit dir da drin? Du Kasperl! Ah, warte mal. Nein, was? Oh, die hat es zweite. Interessanter Glitch. Ja, muss man nutzen, Kinder. Wissen wir alle, wie wir da haben. So, schauen wir mal, wo wir haben. Da rauf. Ja, gibt's jetzt da sonst nichts? Hat der Dungeon sowas wie ein Dungeon-Boss am Schluss, dass ich weiß, ja, wir haben fertig, da können wir, oder muss ich jetzt die ganze Scheißbude da wieder zurücklaufen? Ist eine Sackgasse, aber gibt viele Ressourcen zum Abbauen. Fangen, Angriff bringt nichts. Ich hab's mir fast gedacht, das ist plus 2 auf Angriff. Das werden wir wahrscheinlich ganz spät irgendwann einmal da, wenn ich noch nicht aus. Oh, das stinkt nach einer Legendary-Kisten. Brot! Medizin und 100 Münzen. Ich weiß immer noch nicht, für was man die Münzen brauchen kann, aber das ist ja wurscht. Ich bin gestern in der Aldi reingeglitscht. Und hab ihr Kache exploitet. Man kann ja auch kraxeln, das darf ich vielleicht auch nicht vergessen. So, nochmal, gibt's sowas wie einen Dungeon-Boss oder so? Oder muss ich und kann dann, ich nenne es jetzt einfach mal per Shortcut am Start wieder raus? Oder wie läuft das? Bugs und Glitches sind noch normal aktuell. Ja, das glaube ich schon, also um Gottes Willen. Für das läuft, also für das, dass das Spiel so umfangreich ist. Ja, gib Boss am Ende, spar dir Bälle auf. Wie viel haben wir noch? 6, okay. Das wollte ich hin. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich Fragen stelle, dann werde ich vom Spiel wieder abgelenkt und dann schaue ich in den Chat rein und dann schreiben Leute ja. Ich weiß nie, ob es kommt ja auch mir vor, dass ihr untereinander im Chat. Warte mal. Ja, der Flammenwerfer ist ja mal nur noch OP, oder? Oh, die kämpfen eh gerade. Gegen was kämpfen sie da? Gegen ein Dead Ring. Oh, okay.
wir es gefangen? Weiß ich nicht. Ja, ein bisschen glitschig sind die Gegner da schon noch da herin, vor allem jetzt da im Dungeon. Fällt es mir schon explizit ein wenig gar stark auf. So, da glaube ich, haben wir gekommen. Und dann sind wir wo reingelaufen in die Höhle da hinten, habe ich mich gewundert, dass da. Die respawnen immer so schnell! Du Pissbirne! Da, den kannst du haben! Die Respawn-Rate, kehrt einmal. Ja, gibt einen Haufen XP, passt schon. Ich weiß nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Ich sag das, wie es ist. Haben wir mit da hergekommen? Ja, da hinten, aus der Mine da hinten sind wir hergekommen. Ja, schauen wir einfach mal. Das war gerade Pro-Gaming beim Fangen. Wenigstens einer kennt's. Nein, da haben wir gekommen, oder? Das habe ich doch schon mal gesehen. Da. Das habe ich doch. Nein, da haben wir nicht. Haben wir mit Sicherheit nicht gekommen. Ist ja schon wieder da oben. Ja, gut. Dann springen wir jetzt einfach runter, was denn wurscht ist. Bleibt man sonst. Jetzt bin ich da oben voll. Dann was? Warte. Oh nein, das wird. Ja, da kann man schwimmen. Schwimmen. Oh, große Kiste. Stinkt aber auch nach großem Ball. So wieder wie es ist. Aber es schaut also ein bisschen, schaut schon stark nach. Schaut ein bisschen nach Bossraum aus, ich habe ein bisschen Angst. Bin gespannt, was jetzt passiert. Goldmünzen, 15 Pfeile, kleine Perlseelen. Für das bin ich jetzt da gesprungen. Ist der Ernst oder was? Das Feuer ist mir übertrieben laut. Das ist mir auch grad, ich wollte es gerade anmerken. Deswegen habe ich auch noch mal zurückgeschaut, was da überhaupt alles los ist. Die Frage ist, wie ich da jetzt jemals wieder aufgekommen. So. Damit wir uns mal erholen ganz. Dass uns der Ding nicht. Ja, mit Shift geht natürlich nicht. Alter, wenn's Pokémon Karmesin oder Purpur gespielt hättest, dann wüsstest du, was Bugs und Glitches sind. 70 Euronen so frech. Ja, das habe ich dafür mit anderen Spielen schon oft genug mitgemacht. Oh shit, jetzt haben wir gleich ein Problem. Ja, genau, das habe ich befürchtet. Okay, passt schon. Deswegen haben die Stufen da drin. Lassen wir wieder unser Ausdauer auffüllen. Setze Cremis in die Farm, die farmen dann Palbälle. Was? Woher weiß man das? Also wo schauen wir uns so, wenn wir daheim haben. Jetzt erkunden wir erst einmal den Dungeon, wie spät ist es überhaupt? Auf die Frage, wie spät ist es überhaupt? Aha. Ja. So viel dazu. Ich weiß nicht, wo wir hin ist. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Alter, der Flammengreifer ist so geil, okay. Ah, steht sich nur zusammen. Wo ist brav? Oh, Pokéball fallen lassen. Was war's die? Oh, da habe ich den Ohrschein geschossen. Die nehme ich auch mit. Pfeile auf ihm. Ich brauche mehr besser in den Nahkampf ab. Das ist noch was, das gefällt mir nicht. Man müsste dem Viech sagen können, ab 10% Leben her auf drauf zum Hauen. Aber gut. Ja, jetzt weiß ich nicht so recht, wo wir noch hin müssen. So, ja, was ist? Ich weiß nicht, wo wir schon waren. Das ist, gibt auch kein Minimap so, das ist auch nicht so. Ja, aber gut. Normal durch den Durchgang mit den Holzbalken, der ausschaut wie eine Mine. Da habe ich eigentlich gemeint, dass wir rausgekommen sind. Aber wenn du das sagst. Da haben wir doch gekommen. Da ist doch da hat doch da an dem Storeck hat doch der Firefox die ganze Zeit reingeschossen, deswegen habe ich ihn extra. Ja, Alter, ich schaff's noch nicht mehr auf Q schnell genug zum Drucker, um das Viech zu fangen. Dann schaffe ich nicht, dass ich 4 und da her druck. Ich möchte das Viech so weit so schnell wie es geht, so weit runterhauen wie es geht. Du kannst ja einfach den Pokéball zurücknehmen, wenn es nicht mehr hauen soll. Das glaube ich, geht schneller wie den Befehl. Ah, da waren wir noch nicht. Ah! Da waren wir noch nicht. Ja, irgendwas müssen wir uns da einfallen lassen.
Es war aber, Achtung, lieber Entwickler, es war eine Einstellung ganz geil, bei 10% Leben aufhören drauf zum Schießen. Da waren wir noch nicht. Sagt das Bündchen. Da haben wir noch so, wie viele Pokébälle haben wir? 13. Wo haben wir jetzt 13 Pokébälle her? Dann wieder die Besen. Na wurscht. Wie viele Pfeile haben wir noch? Steht das irgendwo? Schauen. Ach, die. Ich würde immer gerne für den Boss-Typen aufheben. Warum machen wir es jetzt einfach so? Foxy, hast du mit drauf? Ah, da kannst du den Stuhl einrichten. Foxy. Hey, Foxy. Muss ich wieder alles verloren machen. Jetzt hat er es einfach auf einen Schuss downgeschossen! Foxel! Was ist denn mit dir? Ja, dann ist es mir jetzt auch wurscht. Hilft dir nicht. Hilft dir nicht. Irgendwo muss in der Bude weitergehen. Scheiße mir auf die Viecher. Die Sperren droppen die bösen Menschen. Ah, du meinst die Pokébälle? Ja gut, wenn da jeder einen droppt, dann kann man da natürlich auch für... Oh, was haben wir jetzt? Okay. Hallo. Da oben. Da kommen wir auch noch. Jetzt spinnst du, wie dermaßen umfangreich ist denn dieser Scheiß? Kann man die kaputt hauen? Nein. Aber es gibt ein paar so Lichtglitches, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Was der Übergang da ist, weiß ich nicht. Fangen Fox ein. Eigentlich sollte man einfangen, ja. Und kann man auch mal oben schauen. Aber einfach erstmal Progress mal. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es da so Dungeons überhaupt gibt. Das ist eigentlich schon eine super geile. Oh! Okay, ich glaube, wir packen Foxy wieder aus. Ja. Hey, Foxy! Ja, erst einmal. Oh, die haben grantig. Ja, okay, die haben grantig. Die haben so viel Damage machen, wie wir können. Die haben so viel Damage machen, wie wir können. Mit dem Flammenwerfer-Ding. So. Ja, eigentlich erst die kleinen Fokussen, ich weiß schon. Auf das muss ich jetzt aufpassen. Okay, haben wir nicht mehr. Was ist denn das andere? Haben wir es immer noch nicht. Einmal hau ich noch drauf. Jetzt fang's! Das gibt's ja nicht. Was soll ich das fangen? Na! Jetzt fang das Mistvieh! Ja! Wenn er einmal so einen Ticken macht, hab ich so die... Wo ist das? Haben wir auch nicht die vier da oben gecharged? Sag ich das drin. Biergau 1! Wulzau 0! Wo ist Kleine? Ah! Da ist er. Der hat das so geil behindert. Spart er die Bälle. Ja, aber für was? Ist das nicht der Boss? Ist das nicht der Boss? Ich springe mal da oben jetzt. So, jetzt aber! 95%, wenn ich es da nicht hab, dann weiß ich es auch nicht. So! Du aufgeschwemmte Wulzau, ich komm! Kann ich den fangen? Ah! Hör auf! Da hau ich lang mal an. Wieso kann ich jetzt nicht mehr zuhauen? Was ist denn jetzt? Ich kann nicht mehr zuhauen. Ich kann nicht mehr zuhauen. Wieso kann ich nicht mehr... Was ist denn jetzt kaputt wieder alles? Warte mal. Ich kann nicht mehr zuhauen. Du bist ein Flammenwerfer in den Arsch. Okay, ich hab gerade gelesen, ja, kann ich. So, noch ein bisschen Schaden. Jetzt gehst du her. Alter, mit 15% Wahrscheinlichkeit bist du besoffen.
Box ich den mal wieder rein, nicht, dass er ihn umbringt. Ja! Absolutes Pro-Gaming. Alle 3 eingefangen. Und ein Level-Up haben wir auch noch gekriegt. Ha! Easy! LP, aus der Angriff für ein Arsch, Angriffstempo, Gewicht, tue im LP, bis wir 1000 LP haben. Was haben wir da gekriegt? Seltene Kralle. Eine messerscharfe Kralle, die vom Pelz gewonnen wird, erzielt beim Händler einen guten Preis. Was haben wir da? Antikes Bauteil. Ein kaputter antiker Apparat, der beim Ausgrabungen entdeckt wurde. Das schaut aus wie Zündkerzen, so schaut's aus. Enthält eine Fülle an Informationen über verlorene Technologie, ist extrem wertvoll und begehrt. Easy going, ein absolutes Pro-Gaming. Alle 3 eingefangen. Das war jetzt sozusagen der Boss von so einem. Das ist richtig cool gemacht, kannst du sagen, was du magst. Das habe ich nicht gewusst, dass es so Dungeons gibt. Das ist natürlich schon cool. Vor allem, wenn du das mit Mates spielen kannst, in der Gruppe spielen kannst und so. Oh, jetzt kommt da hinten eine fette Kisten. Es fühlt sich halt alles so schön belohnend an. Du kannst so viel Zeug machen, so viele verschiedene Sachen und bei jeder. Oh, was haben wir jetzt wieder gekriegt? Jetzt kriegen wir wieder irgendwas Vollgas-Narisches, keine Ahnung. Ich verstehe schon, warum das Spiel so beliebt ist. Und es ist halt so krass, dass ein Indie-Entwickler mit einem Budget von 6 Millionen oder ich glaube 6,8 Millionen Dollar ein solches Spiel herscheißt. Herscheißen meine ich nicht negativ, sondern im Positiven. Und dann hast du auf der anderen Seite Bethesda, die 300 Millionen in Starfield versenken, das nicht einmal ein halbes Jahr später, 4 Monate später, oder sagen wir gnädig, 5 Monate später, nur 8000 Leute auf Steam spielen. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. So, bevor ich da jetzt eine Kisten aufmache, verschwindet dann der andere. Ich habe irgendwie den Eindruck, wenn ich jetzt die linke Kiste aufmache, ich muss mich jetzt entscheiden. Oder wie schaut's aus? Jesse fragt, was kostet. Was habe ich für Pelbert? Zahlt 26 Euro? 28, das war kurz, vor 2 Wochen war das kurz im Angebot und man glaubt, hau rein, kauft man. Ist Zündgeld das nicht auch ein Schnaps in Deutschland? Jetzt check ich es erst, Herr Balko, du bist offensichtlich Schweizer, weil ich gerade dein kleines Symbol da sehe. Gehen beide? Nice. Ist Zündkerzen bei uns ein Schnaps? Nicht, dass ich wüsste, sagen wir es so. Was haben wir da? Ein Rubin und ein schlaues Technikhandbuch. Und da haben wir Technikfrucht, Luftkanone und 2 Rubin und was weiß ich was alles. Ich weiß weder, was das ist. Da haben wir da ein Technikhandbuch. Ein Buch mit technischen Tipps und Tricks. Benutze es, um eine geringe Menge an Technologiepunkten zu erhalten. Was sind Technologiepunkte? Ach, zum Erforschen. Und das da bringe einem Pelder mit Luftkanone bei. Man kann auch noch die anderen Viecher, auch noch die anderen Effekte. Ja, es ist Space so beschissen komplexer, als ein Vogel ist. Und genau das habe ich gemeint. Das ist einfach die simpelsten Game Design Geschichten. Du gehst durch einen relativ schlauchigen Dungeon, am Schluss darfst du rausporten und ich muss nicht die ganze Scheiße wieder zurücklaufen. Hey, Bethesda, zuhören. Gib mir am Schluss eine Tür, wo ich rauskomme. Ist bei manchen Starfield Dungeons auch. Aber dafür schauen alle Dungeons gleich aus und nicht bei allen ist es so. Ja, komm, hau mir ab mit Starfield. Ah! Eiskalt ist! Was haben wir denn da? Was ist denn das? Was tut man? Kälte macht man langsam Schaden wahrscheinlich, oder? Pfeile, haben wir noch irgendwo Pfeile umeinander flackern? Haben wir noch normale Pfeile? Ja, wir haben noch normale Pfeile, dann nehmen wir normale Pfeile. Machen wir jetzt so, das ist ja bloß ein Level 3 Viech, da gehst du her. 1, 2, 3. Ja, toll. Okay, komm! Arschloch! Und die nehme ich auch noch mit heim. So, Pro-Gaming. Was ist das da hinten? Da ist unsere Schnellreise hinten. Jetzt dürfen wir schauen, dass wir laufen. Fackel raus, dann ist er nicht kalt. Ich hab keine Fackel mehr dabei, weil ich mir denkt, ich hab geschissen auf die Fackel. Foxy, danke für den Euro. Ich fühle mich die ganze Zeit so angesprochen. Warum auch nicht? Du sollst dich die ganze Zeit angesprochen fühlen, egal was ich sag. Birger, das Spiel ist im Game Pass. Mr. Schleifach, stimmt, das habe ich auch nicht gewusst. Aber ganz ehrlich, für 28 Euro machst du nichts kaputt. Aber natürlich, wer es ausprobieren will, ich bin immer ein großer Fan vom Game Pass, den habe ich aber gerade erst gekündigt gehabt. Und ich habe nicht mitgekriegt, dass das im Game Pass ist. Der Fuchsal ist eine Fackel. Was?
Easy. Sogar das geht. Wie geil ist das eigentlich? Sogar das funktioniert. Da ist der Depresso! Wer ist denn der Depresso? Haben wir nur einen Pokéball? Einen haben wir noch. Einen Depresso nehmen wir noch mit. Was ist. Ah! Und einen Hokrates haben wir auch noch da! Dann nehmen wir einen Hokrates mit. So. Du hörst auf! Ja. Du nimmst die mit und dann kommst du wieder her. Mitnehmen. Oh, das möchte ich bei. Ja, ab jetzt. Das möchte ich bei hoffen. Sehr schön. Was war denn das jetzt wieder? Ja, Foxy, bring ihn um. Tschüss, bei den Kopf und haben ab. Abflug! Abflug! Der Chipiki hat rote Beeren gegessen. Dann bauen wir mal wieder umeinander. Wo ist unser Bude? Da ist unser Bude. Jawohl. Der Fuchs wärmt die sogar in der Nacht, wenn es die friert. Ja, das habe ich gerade gemeint damit. Uns friert ja bloß, weil Nacht ist. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob man auch friert, wenn man ins Wasser einspringt oder so. Warum kann ich jetzt nicht schlafen? Hallo? Hallo? Ich würde gerne die Nacht über... Weil nicht Nacht ist? Ich bin vorher ja mal am Tag sogar. Ach, ist schon wieder morgen? Geht da die Sonne schon wieder auf, sage ich das richtig? Ja, gut. Ja, gut. Bin schon steil. So, Lagerverbesserung. Brauchen wir einen primitiven Hochofen und eine heiße Quelle. Die wollten wir bauen. Hat's geheißen. Das ist mal das Erste, was wir tun. Haben wir da Infrastruktur. Heiße Quelle. Was tut eine heiße Quelle? Eine Anlage, in der müde Perls sich von ihrer Arbeit ausruhen und ihre Gay regenerieren können. Ja, bauen wir hin. Brauchen wir Perlsaft. Haben wir alles für irgendwie. Das ist einfach ein Planschbecken. Das der wir da daneben hin. Oh, der wir das hin. Das schaut doch gut aus. So. Und bauen. Los. Ich baue mit. Sauber durchgemacht. Sauber durchgemacht. Der Kuno schreibt, Obacht! Wenn ihr Multiplayer spielen wollt, müsst ihr es beim gleichen Shop kaufen. Palworld aus dem Game Pass kann nicht beim Host, der es auf Steam gekauft hat, joinen. Das ist eine sehr wichtige Information, Mr. Kuno. Aber selbst wenn du es bloß ausprobieren möchtest und dann nochmal kaufst auf Steam, wenn es dir wirklich gut gefällt, dann ist auch nicht viel kaputt. Weil mit dem Game Pass für 10 €, und es hört sich immer so, als da die Werbung dafür machen, und irgendwie ist es ein bisschen so, einfach nur weil ich begeistert bin davon, kriege ich ja nicht bloß Palworld, sondern ungefähr nur 200 andere Spiele, wo mit Sicherheit auch was dabei ist. Immer was dabei. Was ist denn eigentlich das da? Aktuelle Anweisung, Eindringlinge zurückschlagen. Ja, so weit waren wir noch nicht. So, Lagerverbesserung, dann brauchen wir einen primitiven Hochofen, was auch immer der primitive Hochofen kann. We will see. Da ist er. Hier haben wir nicht genügend Material, brauchen wir ein bisschen Holz, das kriegen wir hin. Eine Anlage, in der Metallbarren raffiniert werden kann. Die Qualität ist nicht besonders gut und der Prozess langsam. Muss von einem Feuerperl angefacht werden. Dann müssen wir noch einen Fuchsen fangen. Das ist mal Hagel her. Her mit dem Hagel, da brauchen wir ein bisschen Holz. Der Lord schreibt, unten neben deiner HP und so hast du eine Sonne und einen Mond und der zeigt dir an, wie lange noch Tag und Nacht ist. Ja, ich habe auch schon 5 Millionen Mal hingeschaut. Also das heißt quasi, es ist so lang, bis einmal rundherum ist, dann wird es Nacht. Und wenn es dann nochmal rundherum ist, so lange ist Nacht. Ich verstehe. Bei Nacht mag ich halt bloß nicht spielen. Frag mich nicht warum, keine Ahnung. Es ist so ein knuffiges Spiel, da muss ich nicht in der Finstern spielen. Was wollte ich bauen? Ich wollte was bauen. Hochofen. Oh, der ist aber nicht recht groß. Stellen wir lieber Kisten hin. Ja. Aber noch, check erstmal die neuen Viecher aus. Machen wir gleich. Hirsch raus fürs Holzfarming. Machen wir gleich. Hey Birger! Fangwahrscheinlichkeit verbessern ist noch verpackt. Das verschlechtert es, anstatt es zu verbessern, macht es noch nicht. Bist du da sicher? Das war ein komischer Bug irgendwie. Was haben wir da? Holzkohle brauchen wir nicht, Metallbauen. Ja, bauen wir Metallbauen. Was hat man sonst mit der scheiß Erzkacke da? So, Viecher ausprobieren. Erstmal ableveln. Lagerverbesserung. Zack, das Böhnchen. Hochwertige Werkbank, mittelalterliche Pharmaziewerkbank und setze einen Pell für Arbeiten im Lager ein.
Ja gut, das machen wir sowieso. Hoppla. So, jetzt passen wir auf. Das ist mein Team da so. Sag ich dir, was ist? Da können wir mal ein Schaufel wieder raus tun. Kann ich das so machen? Ja. Noch ein Schaufel raus tun und ein Piggy und ein Schaufel. Was kann das? Das kann eigentlich gar nichts. Was haben wir denn sonst noch so? Tun wir kann man dort. Oh. Was ist das da für ein Symbol? Was heißt das? Was kann das? Oh, das kann Berg bauen. Das kann Berg bauen. Kann das irgendwie. Oh, schau, der ist sogar fleißig. Auf das muss man ja auch noch schauen. Der GGP ist geistig labil. Indem wir das GGP mal weggehen da. Nehmen wir an das GGP. Dann haben wir noch angriffsstrategischer hin. Dann nehmen wir doch lieber den da. Aber da noch nicht, da den Plötze, den müssen wir eigentlich auch weg tun. Mit dem Plötze müssen wir weg, da ist ein Hitzkopf und ein Angsthase, da haben wir bestimmt besser nicht. Der Fastenprofi, der Oberbergmann. Aber er ist ein Angsthase. Was haben wir da noch? Faulpelz, Angsthase, Oberbergmann. Ja, dann nehmen wir doch das da. Ja, dann müssen wir mit Angsthase leben, aber der Oberbergmann mit 3 Stufen hört sich gut an. Rein damit. So, aber jetzt. Ja, dann nehmen wir doch. Warum hat denn das kein Berg? Das hat auch Bergbau. Ja, dann nehmen wir natürlich das hier. Das ist der Neutralisator. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Oder ist der Fleißige besser? Den Fleißigen. Nimm den Fleißigen. Was kann das? Das kann gar nichts. Was kann das? Was kann das? Oh, das hat auch einen Bergbau. Und das. Oh. Was bedeutet, wenn bei dem Holzfäller Ding 2 steht? Ist das dann extra gut, oder wie verstehe ich das? Warte mal, lassen wir ein bisschen durch. Dann nehmen wir das natürlich da rein. Schauen wir mal zu, was tut. Macht das. Muss ich das nicht irgendwie mal anschauen? Was tut? Da muss der irgendwann mal eine Bälle werden, oder? Das ist der Wahnsinn! Die mit dem Boss-Symbol sind größer, okay. Aber sie kennen nicht irgendwie was Besonderes. Aber was mich jetzt interessieren würde, jetzt passen wir auf Perldex. Da haben wir ja schon ein bisschen was. Was kann ich? Der kann auch bloß sammeln. Denkt oft an Palapagos in der Nacht und wird dann um den Schlaf gebracht. Das ist so ein Blödsinn. Schatten, Erde, was kann das besonders? Handwerk, Transport. Bin Stufe 9, also nicht weitermachen, danke. Was? Also du bist Stufe 9. Wie, du warst so früh und bist früh. Was bin ich für Stufe 14? Was? Die Frage, wo geht denn jetzt das Holz eigentlich hin? Der macht jetzt da 12 Holz. 13. Ja, Holt das auch mal irgendjemand oder wie läuft das? Der hackelt vielleicht ganz schön, gell? Was haben wir da? Metallbarren. Ja, das macht keinen Sinn. Warum passiert denn da nichts? Muss da nicht vielleicht irgendwie Holzkohle rein oder so? Ach, da brauchen wir ein Feierviech. Okay. Jetzt laden wir erst einmal alles, was ein Scheiß ist, da rein. Eins nach dem anderen, Kinder. Weg. Oh, was haben wir da? Schwefel haben wir ganz viel. 50, 100, 6, 12, 22. Das kann man mal kochen, da, das ganze Klump. Wir sind beieinander. 200. Jawohl, das schaut gut aus. Kriegen wir nicht noch ein Viech unter? Wir brauchen nur ein Feierviech. Ja, dann nehmen wir doch das da. Foxpark. Drachentöter. Endlos machen und nehmen wir doch lieber das da. Und normalerweise müsste der Foxler jetzt eigentlich da hinlaufen und Holzkohle produzieren, oder nicht? Nehmen wir das da, ja, der sammelt schön. Druck bei der Kiste auf R. Was ist dann? Das wird nicht so sein. F. Wo ist. Ach da. Schnell auffüllen. Was heißt. Was tut das? Ah, das schirbt alles. Ah, okay, ja, das macht Sinn. Ja, macht Sinn. Jetzt haben wir da eine Holzkohle, okay. Rezept wählen. Machen wir aber da alles. Jetzt müsste der Foxy eigentlich wieder kommen. Nehmen wir das mit.
halten zum Arbeiten. Da arbeitet auch wieder keiner Toten. Ja, ich sehe schon. Was tut das Viecher? Holt sich ein Perl, schläft. Mittlerweile müssen wir, glaube ich, ein paar mehr Betten bauen. Wie viele Betten haben wir? 8. Und wie viele Perls haben wir? Ich glaube 8. Du kannst dein Perl auch auf eine Werkbank oder so werfen, dann wird die Arbeit zugewiesen. Geht nur für Perls im Team. Warte mal. Ja, das kommt jetzt leider nicht mehr. Wo kann man nicht da machen? Warte mal. Macht er tatsächlich. Ah! Großer Spaß. Großer Spaß! Wunderbar. Was möchtest du mehr im Leben? Was möchtest du mehr im Leben? Die Frage ist, was wir jetzt noch, was können wir jetzt da noch, was kann man uns jetzt da heute noch anschauen? Das ist ein Federhaarschmuck. Da kann man uns einmal einen Helm bauen. Da haben wir vielleicht nicht so unendlich viel Schaden. So, bauen, halten, arbeiten, baue ich selber. Kinder, der seid nicht da, den baue ich selber. Den baue ich selber. Tu deine Eier weg. Eier, wir brauchen Eier. Jetzt lass mal die Eier sein. Ansonsten haben wir doch da heute richtig schön Progress. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das nicht so für so Wochenend-Streams aufheben. Sag ich dir, was es ist. Armbrust. Ich glaube, ich kann ich immer noch nicht bauen. Habe ich das Ding jetzt gebaut da? So. Und jetzt kann ich das aufsetzen. Habe ich? Nein, ich hab. Sieht man das nicht an mir, dass ich so einen Federschmuck. Ach, das ist bloß so ein. Das sind bloß so Ohrringe da an der Seite. Sieht man nicht gescheit. Aber ist ja wurscht. So, jetzt machen wir so. Nein, das wollte ich nicht. Wieder reinfahren. Die Barren nehmen. Machen wir so. Die Barren, der wir weckert. Dann haben wir noch eine Kiste. Der wir die 2 Ohren einmal weckert. Den Rubin, der wir weckert. Den Saft, der wir weckert. Das, der wir weckert. Alles, was irgendwie. Jetzt passen wir auf. Und dann können wir die Dinger da eigentlich auch benutzen. Wo ein Buch mit technischen Tipps und Tricks. Das heißt, ich kriege dann einen Technologiepunkt. Ja, natürlich nehmen wir den. Das können wir eigentlich auch im Inventar lassen, das braucht kein Gewicht nicht. Kleine Pallseele und die Bauteile und die seltenen Krallen, die können wir eigentlich alle weg da. Machen wir so, so. Schaut doch gut aus. So, das können wir verschrotten, glaube ich, dieses Stoffkleidungsding. Sag ich dir, was ist, weg mit dem Schund. Braucht kein Mensch. Dann essen wir mal was und der Foxy isst auch mal was. Wunderbar. Da, Mamorest! Bis Level 33 brauche ich noch ein wenig. Da fürchte ich meine, ich darf mir zu stark aufs Maul kriegen. Außer ich glitsch die da irgendwie irgendwo hin und bring die einfach um. Naja gut, schauen wir mal, wie viele Technologiepunkte haben wir. 16 da unten. Schauen wir, was wir freischalten können. Wie weit kommen? Level 14. Dann haben wir da Bauwerk, Wandfackel, Sphärenbank. Feuerpfeil, Armbrust. Was feiert uns da noch? Dass wir mir das da müssen wir Level 15 sein. Ja gut. Aber was ich viel lieber hätte, das war dieser Enterhaken. Wo kriegt man das her? Wo kriegt man so einen... Hat wahrscheinlich vorher schon jemand geschrieben, ich habe nämlich schon einmal gefragt. Wo kriegt man so Antik-Technologiepunkte her? Eier kannst du ausbrüten lassen, ja, weiß ich. Aber da in so einem Brutkasten. Und da frage ich mich, wo kriege ich die Antik-Technologiepunkte? Was geht ab? Ist ein Fressbar. Jetzt habe ich die große Werkbank. Level 13 Armbrust. Level 13 Armbrust? Ah, da ist noch eine Armbrust. Tatsache. Und die Fellrüstung darf mich auch interessieren. Sag ich dir, was ist. Und da das Ding machen wir Stückel für Stückel. Worldbosse von Bossen. Ah, okay. Dann müsste doch der Boss da für das erste Ding auf Level 7, dann müsste doch der machbar sein, oder? Den wir mir da als Quest schon fast gekriegt haben. Was haben wir denn da? Keller Ray, Handschuhe. Handschuh zum vorsichtigen Greifen von Keller Ray. Ermöglicht es dir, wenn Keller Ray im Team ist, es als Gleiter zu benutzen. Ah, lustig. Was können wir da ermöglichen, es dir auf Rushhor zu reiten? Gut. Eins nach dem anderen, was wir jetzt brauchen können. Wir brauchen die hochwertige Werkbank, die machen wir heute noch. Dann haben wir da, auch wieder so einen Sattel für das Rennen der Viech da. Was haben wir da? Top-Pflanzenset brauchen wir nicht. Mittelalterliche Pharmaziewerkbank, die brauchen wir für unsere nächste Stufen zum Auswerken. Nehmen. Dann möchte ich die Fellrüstung haben, damit wir mehr aushalten. Und du gibst mir die Armbrust und einen Metallspeer. Übungsdummy brauchen wir nicht. Kühlbox brauche ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Pal-Sphärenwerkbank brauchen wir auch nicht. Eine Megasphäre. Ist das wie der Super-Pokéball? Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen. Die verbesserte Wirksamkeit macht den Fang von einer größeren Auswahl an Pals möglich. Für die Herstellung wird Pal-Sphären-Werkbank benötigt. Ja, ich verstehe. Ist quasi so eine neue Tierstufen. Besser gesagt. Ja, gut.
dann eins nach dem anderen, Kinder. Das bauen wir heute schon, oder kannst du mit Gift drauf nehmen. Jetzt schauen wir, Lagerverbesserung, hochwertige Werkbank. Machen wir gleich einmal. Hochwertige, was wir jetzt generell einmal machen, tun wir das. Wo ist, da ist der Bau. Da müssen wir jetzt einmal drauf bauen, damit da nichts passiert. So, bauen wir uns, kann nicht gebaut werden, da ein anderes Objekt im Weg ist, ja gut. Wir brauchen mehrere Werkbänke. So, dann nehmen wir die, was auch ein bisschen blöd ist, rein intuitiv versuche ich da herum mal drauf zum Klicken, aber es geht nicht, da muss man mit dem Mausradl durchklauen. Ah ja gut, stirbt keiner, aber ich wollte es bloß angemerkt haben. Wir brauchen 15 Metallbarren, gut, kriegen wir hin, und Nägel. Okay, dann machen wir die Metallbarren. Zack, 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 da können wir gleich mit Erz abbauen anfangen. Und da haben wir Nägel, was brauchen wir noch mehr? Oh, auch wieder Metallbarren. Ja okay. Jetzt fängt der Grind an. 10, dann brauchen wir 5 Nägel. 5 mal Nägel. Und dann haben wir 5. Kannst du gleich mal herstellen. Kommt da irgendjemand und baut das Ding? Hallo, kommt da jemand und baut das Ding? Wir probieren mal was. Kannst du bauen? Du kannst ja gar nicht bauen. Machen wir so. Du kannst bauen. Kannst du bauen? Ah, hier funktioniert tatsächlich. Wunderbar. So, Erz abbauen. Brauchen wir Spitzhacke. Gleich mal ein bisschen Erz her. Hau mir das Erz her. Du hast doch antike Zündkerzen, oder? Ja. Was kann ich mit denen tun? Q und E im Baumenü nehmen. Ich hab leider nicht gesehen. Oder habe ich leider nicht gesehen. Was kann ich mit der Zündkerzen genau tun? Mit der Biegler? Pokéball, Superball, Hyperball etc. Ich komme aus einer Zeit, da hat es nur Superbälle gegeben. Oder hat es bei Pokémon Blau, Rot, hat es damals schon Hyperbälle gegeben? Weiß ich nicht mehr. Jetzt ist wahrscheinlich mein Spitzhacke im Arsch. Dann ist halt mein Spitzhacke im Arsch. Ist mir egal. So. Komm mal. Ach, da ist die ganze Zeit schon ein Button mit Max. So, ich helfe da ein bisschen beim Nägelzimmern. Sag ich dir, was ist. Damit es ein wenig schneller von der Hand geht. Ah, stimmt, Meisterbälle hat es noch gegeben. Zündkerzen brauchst du später. Hyperbälle hat es auch schon gegeben. Ja, sogar einen Meisterball. Jetzt, wo ich an Hyperball kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an Meisterball erinnere ich mich noch. Mit den Zündkerzen kannst du einen Brutkasten bauen. Also, ja, gut, aber dafür muss ich ihn erst freischalten im Tech-Tree. Klar, sogar den Meisterball. An den Meisterball erinnere ich mich noch. Der Kuno schreibt, crafte dir ein Daydream-Halsband. Nimm den Daydream in dein Team. Pal ist dann immer draußen und kämpft zusätzlich für dich. Was ist denn der Daydream gleich wieder? Lass mal schnell lurren. Lass mal schnell lurren. Haben wir ihn sicher schon. Kann mich nicht mehr erinnern. Komm mal nicht in den Scheißmerker. Kinder, komm mal nicht in den Scheißmerker. Der da, oder? Den nehmen wir ins Team. Und dann nehmen wir noch das Fuck-Game, nehmen wir noch mit ins Team. Und den dann nehmen wir mit, dann lassen wir mit 2 Katzen, damit wir fake nur dran können. So, und jetzt ist die Frage. Der ist echt wütend. Pass auf, machen wir so. Tust du mit denen raus? Ja. Und für den sollen wir was craften, hast du gesagt. Schauen wir uns an. Ja, 2 Punkte gebe ich nur aus. 2 Punkte gebe ich nur aus. Ja. Rezept wählen. Halsband für den ermöglicht den Trainer, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und dir schützen. Ah, das ist stark. Das ist stark. Das ist stark. Bauen wir selber. Gemütlich bauen wir selber. So, morgen wird der Gameboy mit Pokémon ausgepackelt. Ja, ich hab ihn auch noch irgendwo mal ankriegen. Ja, und da steckt ja immer nur Pokémon. Luis! Schluss jetzt mit deinem Krampf! Du Zipfel Adam! Dankeschön! Kuss auf die Nuss! Zu viel, Luis. Das ist zu viel. Goldener Rahmen generell zu viel. 2 goldene Rahmen zu viel. Kuss auf die Nuss dennoch. Was soll ich machen? Ja, jetzt mit dem Holzbeintel. Haben wir's gleich. Ich weiß, Kuno, genau, und das habe ich auch gerade getüftelt in meinem Hirn drin. Kann man dann 5 gleichzeitig dabei haben oder jetzt packe ich mir einmal da ein. Ja, aber er ist halt trotzdem, oh ja, das ist stark. Ja, das ist stark.
Und dann noch einen Firefox mit dazu für den Flammenwerfer, den halte ich für extrem stark. Und dann kannst du eigentlich alles zerpimmeln, was da ist. Mal kurz mal unsere Stordinger wieder. Ja, da müssen wir mal eine reparieren, damit da nichts passiert. Da kann man auch mal einen neuen Speer bauen. Neue Werkzeuge habe ich auch schon gesehen. Oh, Stoff. Wenn wir Stoff bauen. Stoff, ich mag Stoff. Machst du mal 5, ist ja wurscht. Halten, Stoff dauert nicht so lang. Die Eule plus Rest Daydream ist OP. Was kann die Eule? Muss ich auch noch mal durchlesen, was die Eule kann. Ja, da gibt es wahrscheinlich. Wie viele Viecher gibt es denn überhaupt insgesamt? Ich mag überhaupt gar nicht wissen, wie viel OP-Builds man sich da zusammenbauen kann. Dass das nur noch eskaliert. Was haben wir denn da für Pfeile? Giftpfeile? Das ist ein bisschen komisch. Giftpfeile sind normalerweise immer grün. Es verwirrt mich ein wenig. Schau, jetzt das sind Schattenpfeile. So, reparieren passt auch. Schild können wir reparieren. Warum wir das Schild noch nie repariert haben, weiß kein Mensch. So, passt auch. Und da ist die Frage, was wir uns noch bauen können. Jetzt passen wir hoch. Haben wir mir nicht auch eine Armbrust freigeschaltet? Aber da brauchen wir die gute Werkbank. Gib mal Werkbank. Hochwertige Werkbank. Was brauchen wir da? Immer noch Metallbauern und Holz. Holz kriegen wir, wenn wir das da einsammeln wahrscheinlich. Tun wir her. Oh ja. Erhalten. Ja. Und die Barren nehmen wir auch mal mit. Zack. Und dann kann man es hinkriegen. Jawohl. So, hochwertige Werkbank. Schleicht jetzt, du! Ja, und schreiben wir so weit, dass er mir auf den Sack geht. So, pflanzen wir da hin. Bauen wir 20 Sekunden, die halten wir aus. Eule buff die Daydream. Ah, okay. Für mich Daydream, eine Eule ist stark am Anfang. Eule. Welche Eule, die wir schon haben? Diese Super Sadness Eule. Der Who Crank oder was es wieder heißt. So! Was haben wir jetzt da? Theoretisch können wir jetzt ja die alte Werkbank eigentlich abbauen, oder? Braucht die noch irgendjemand? Das ist ja bloß. Ich probiere es jetzt einfach, weil es mir wurscht ist. Brauchen wir die dann noch? Nö. Nice. Metallspeer, Steinspeer. Da gleich mal einen Metallspeer her. Das ist einmal das erste. Ja, so ein Baupal, der war schon, so ein Crafting-Pal, der war schon ganz nett, muss ich sagen. Der immer sofort am Start ist und alles baut, was ich da haben will. Was tut denn der Pinguin? Transportiert den ganzen Tag Scheißdreck. Stück nach Norden, dann straight Osten über die Klippe geht's zum ersten Boss. Weiß man, was der für ein Level hat? Sag's mal, was der für ein Level hat. Du hast 2 Bergbaupals am Start. Hab ich? Ja, die Katz, gell? Da Spaß. Guter Punkt, springen, jetzt bauen wir das Ding noch fertig. Mehr Werkbank, mehr gut. Warum mehr Werkbank, mehr gut? Steinspeer, können wir einfach entsorgen, ist mir wurscht. Du hast einen Metallspeer hier, die scheiß Holzkeule braucht auch keine Sau mehr. Verdammt, die hätte tatsächlich eine Fackel gehabt, das habe ich übersehen. Den weißen Fuchs unbedingt noch ins Team. Nochmal. Management. Eigentlich können wir die kleine Miete, die wir raus. Machen wir mal sortieren nach Pal-Index-Nummer. So. Wir nehmen da noch mit auf. Ich brauche halt irgendjemanden, der bauen kann. Nehmen wir nur einen Schafall mit dazu. Nochmal. Wenn wir den Pal-Index hineinschauen. Das kann nur sammeln. Und der kann halt Handwerk, genau. Der kann halt auch Handwerk, aber ich kann es ihm nicht verbieten, dass er an den Bergbau umeinander pimmelt. Darum nehmen wir einfach Handwerk. Da nehmen wir nur Schafall. Gib mir Schafall. Wo ist das höchste Level vom Schafall? 8. Rein mit dem Schafall. Erster Boss, Level 11. Schauen wir uns den Boss noch an. So wie das ist. Wie weit ist der weg? Also von da straight nach Norden. Und was da herum? Oh mein Gott, den finde ich ja nie. Aber ich lasse mich gern von euch leiten. So schaut's aus. So, jetzt pass auf, was nehmen wir da mit dazu? Ein paar Pfeile, Feuerpfeile. Feuerpfeile haben es fett gebracht, sag ich dir, wie es ist. Dann machen wir uns noch ein paar. Hoppala. Zack. Feuerpfeile, wo? Max 8. Was brauchen wir da? Ah, wir haben ja keine Feuerdrüsen, gell? Scheiße. Dann lassen wir uns noch normale Pfeile machen. Muss klar. Muss klar. Gucken wir uns hin, machen wir Pfeile. Irgendjemand soll uns helfen. Du kannst mit V aufheben und an ein Gerät werfen, um die Arbeit zuzuweisen. Das weiß ich, hat mir heute schon jemand gesagt. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt passen wir beobachtet. Ich glaube, ich kann sogar.
Ich kann sogar oh, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich kann sogar, Ärmel zuweisen, so, dass es baut, jawohl. Und dann kann man eigentlich noch, wird dann gleich wieder Nacht, jetzt baut dann gleich wahrscheinlich wieder überhaupt keiner mehr was. Nehmen wir das mit. Ich möchte mal so einen Boss noch sehen, was die kennen. Die Pfeile bauen wir mir jetzt, so schaut's aus. Ach, die Armbrust brauchen wir noch. Da hast du absolut recht, mein Freund. Wo ist denn die scheiß Armbrust? Da ist, was brauchen wir noch dazu? Oh, Holz, 5 Nägel. Kriegen wir hin. Tu mir 5 Nägel. Nägel, ja, da werden wir 3 bauen müssen, das wird nicht helfen. Du kannst gleich mal, ja genau, du fängst gleich schon an. Und ich tue dabei. Werde ich jetzt eher nicht hinwerfen können, gell? Und der Fuchs, der ruht sich gerade aus. Ja gut, dann müssen wir bis zum nächsten Tag. Lassen wir bis zum nächsten Tag drin. Zack, 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 zack. Der mal schnell schlafen. Und Bälle für den Boss. Richtig guter Plan. Kann man Bosse fangen? Ich gehe jetzt schon einmal davon aus. Weil den Boss im Dungeon haben wir ja auch fangen können. Und jetzt ist da die Frage, ob da der Auftrag noch drin ist. Ja, ist. Ich weiß nicht, wo der umeinander läuft, aber gut. So, du baust das. Der Fox baut das da. Ja, was wir an dem Barren noch fertig machen. Brauchen wir für die Armbrust. Armbrust strong. Schießt der normale Pfeile? So, Rezept wählen. Brauchen wir wieder Erz. Ja, ich merke schon. Du kannst alles fangen. Okay. Bin ich schon stark. Warum ist jetzt der Erzbrocker da nicht respawned? Naja gut. It is what it is. Sehr schön. Wunderbar, rein ins Kehrblech. Machst du mal rein ins Kehrblech. Max, 13. Jawohl. Wie viel brauchen wir überhaupt? Die Hälfte jetzt einmal ein bisschen, damit es ein bisschen schneller geht. Tommy! Ich wollte auch noch dir sagen. Just mercy, Alter. Achtung, Tommy. Rüste dich aber gescheit auf. Genügend Bälle, Waffen etc. Ich bin ja gerade mitten dabei. Wir nehmen die Armbrust mit. Wir machen uns haufenweise Pfeile. So, Nägel haben wir alle. Rezept wählen. Armbrust bauen. So, ich helfe da wieder ein bisschen. Das dauert alles ein bisschen. Boss-Koordinaten 173 minus 418. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass es auf der Map überhaupt Koordinaten gibt, aber die finden wir schon. Die finden wir schon. Jetzt holen wir uns erstmal die Armbrust. Brauchst du eine andere Werkbank für Bälle? Ach, ich muss die guten Bälle bauen. Aber wenn der Level 11 ist, kriege ich den dann nicht mit den... Birger Dingdro, der Daydream geht nicht in den Pokéball, wenn der Boss low ist, schießt er ihn ab. Da habe ich vorher schon drüber nachgedacht, wie das handelt. Es mag schon stark sein, dass der Daydream, ich nenne jetzt einfach mal Daydream, immer heraus ist und zusätzlich rumprügelt, aber er kann auch ein Riesenproblem sein. Den werden wir gepflegt da lassen, das sagt der da nehme ich lieber nur ein Schweindel mit. So, Armbrust. Armbrust, die wird gleich einmal getestet. So, Feierding, lassen wir mal weg da. Dann Armbrust her. Oh. Okay, wir haben 23 Pfeile, also frisst das Ding Pfeile. Kann das auch Feuerpfeile schießen? Kann das Ding Feuerpfeile schießen? Was wir nicht, weil wir brauchen wir Holz. Wir brauchen Holz! Was tut denn, wo ist denn unser Dingsviech? Ah, da ist genug Holz drin. Wunderbar. Wunderbar. Probieren wir es einfach mal. Tu mir einen Feuerpfeil mal. Einmal. Nein, du kannst in der Werkbank keine Bälle bauen. Ach man, ich kann in der fortgeschrittenen Werkbank keine Bälle. Ja, okay. Das habe ich vorher übersehen. Aber es reichen normale Bälle, die blauen Bälle, nicht die grünen in den nächsten Stufen, um den Boss zum... Schauen wir mal. Da werde ich wahrscheinlich dann eine Feuerarmbrust brauchen, nehme ich an, oder? Ja. Gut, dann bauen wir du so viele Pfeile, wie wir bauen können. Ja, 59, du, die nehme ich. Und mir, primitive Werkbank, wir brauchen noch mehr Holz. Gehen wir schnell Holz hacken, das hilft ja sowieso nicht. Haben wir überhaupt eine Axt? Ja, haben wir. Schnell einmal runtertroschen. Brauchen wir sowieso auch für Bälle, glaube ich, wenn ich richtig bin. Umso höherwertig, umso weniger muss ich kämpfen. Ja, das kriege ich.
Mann, der ist Level 4, Level 11. Selbst wenn wir nicht fangen, dann sterben wir auch nicht. Den Baum nehmen wir mit. Jetzt voll um du Mist drin. Und dann bauen wir uns eine kleine Werkbank. Machen wir so. Jo. Schnell hinzimmert. Da. Palsphäre, was mich jetzt noch schnell interessiert, bevor wir die Ressourcen ausdreschen, ist, wo ist die Werkbank für den Gegenstand Megasphäre und Pal... Ja, können wir uns leider nicht mehr leisten. Wahrscheinlich werden wir die Palsphären-Werkbank brauchen, um die dort zu bauen. Also brauche ich 5 Punkte, die habe ich gerade nicht. Ja, dumm. Ja, heftig. Lass was es ist. Machen wir so, 29 Bälle, hau rein. Bau mir die Bälle, die baue ich. Und da kann ich, der Pingu hilft mir noch. Hey, Pingu! Nein, bleib da! Pingu! Mein Gott, seh fix, du depperts Mistviech. Geh her. So. Kann ich den... Ne, ich kann währenddessen nichts aufklappen, gell? Kann ich das Mistviech dem Perl diese Arbeit zuweisen? Tu es. Sonst kurz gleich. Erhalten. So, ich helfe auch mit, damit es noch schneller geht. Wunderbar. Wenn es schon gleich aus und genügend Ausdauer, dann kletter mal beim Perlfangen. Muss auch gefangen werden auf die Palsphäre während des Fangvorgangs. Nice try, Pit, das habe ich vorher gerade gemacht. Ohne dass mir jemand gesagt hat. Da wird man, fürchte ich, mal ein kurzer Short ausspringen müssen. Wie immer bei so einem Blödsinn. Mal eine Frage! Ich spiele auf der Xbox, dann hätte ich schon mal Bock auf Koop. Also Koop wo? Ich weiß nicht, ob Xbox und PC, ob es plattformübergreifend funktioniert. Keine Ahnung. Wie kriegst du die Punkte für Technik? Das habe ich auch noch nicht so ganz herausgefunden, aber ich glaube durch Level-Ups. So, kann ich den jetzt da anheben? Ja. Zack, tu mir du da hinten mitschmieden. Sonst dauert mir die Gaudi da zu lang. So. Ja gut, 177 Pfeile bauen wir jetzt nicht. Dabei können wir, lassen wir uns einmal 2 Minuten Zeit. Lassen wir uns einmal 2 Minuten Zeit, damit wir ein paar Pfeile bauen können und dann schießt mit dem scheiß Boss einfach in den Anschein, das wird schon passen. Und jemand schreibt gerade, Konsole und PC, Verzeihung, können noch nicht miteinander spielen. Hätte mir jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, sag ich ganz ehrlich. Irgendwie aber auch nicht. Der blaue Turm, wo du siehst, ist der Boss. Ah! Ja, warte. Genau an dem kleinen Symbol am Kompass um. Sehen schon. Den habe ich die ganze Zeit schon im Augenwinkel gesehen und habe die ganze Zeit schon gefragt, was wird denn das wieder für ein narischer Scheiß sein? Da kämen wir schon hin. Da waren wir ja eh schon fast unten. Kriegen wir schon. Oh! Was war denn jetzt? Ach, können da nicht mehr wie 30 Dinger drin sein? Alex, schau mir hin, wie schnell das geht, wie können da nicht mehr Perls drauf arbeiten? Ja, geht dann. Schade. Ich glaube allerdings auch, dass der Pingu schneller ist. Hat eigentlich irgendjemand Prison Architect? So, wie kannst du vielleicht woanders durchgehen und quampert die Wulz auch? Jetzt hau ich da wahrscheinlich wieder aus Versehen auf den Arsch drauf und ich bin dann schuld. Ja, genau. Jetzt kannst du mit deinem Mann erzählen, du fetter... Schau, was ist denn jetzt mit dir? Über 1004 kannst du Perl sagen, er soll nicht angreifen, Deadram dabei lassen und eher den Ball schmeißen. Ah, Idee. Auch eine Idee. Du brauchst Alpha-Pell-Birger. Was ist denn das wieder? Ich wird gerade mit so viel Zeug zugeschissen, wann, wie soll ich denn das alles machen? Chillt mal die Kniescheibe. Nicht zum Turmbürger, der erste Boss ist woanders. Wie ich schon wieder ja, mir Herr Reisinger, wollen Sie mich schon wieder trollen? Weg schon. Bonjour. Aber wie viele Pfeile haben wir jetzt dabei? So viel Dienstfähig brauchen wir auch nicht. Oder? Wie viel haben wir? Pfeile wo? 124, wenn die nicht gegangen, dann weiß ich es auch nicht. Und wie viele Bälle haben wir? 29. Wenn die nicht gegangen, dann weiß ich es auch nicht. So, Zeug alles repariert. Das brauchen wir nicht reparieren, das brauchen wir auch nicht reparieren. Metallding, besser kennen wir uns nicht aus. Rest auf zum Boss!
Mal jetzt den Boss sehen, so schaut's aus. Was ist denn das da eigentlich? Keine Ahnung. Den nehmen wir mit. Wenn ich da jetzt sage, jetzt weiß ich beobachten, wenn ich auf den Vierer drücke, ich meine, ich weiß ja das, und links unten sagt, Angriff einstellen, dann hört er auch auf zum Schlägern. Oder? Sehe ich das richtig? Mehr Bälle? Mehr wie 29 Bälle? Echt jetzt? Sag mal. Brauchen wir nur mehr Holz, hilft ja nicht. Da müsst ihr Gunpowder, bitte folgen Sie die Koordinaten 173 minus 418. Laufen Sie nicht zum Turm. Okay. Wer immer das geschrieben hat, das ist eine Kackfrisur. Übrigens, dass ich zum Ding gesagt. Besseres Schild in der neuen Bergbahn. Leider jetzt Schildzeit! Eins nach dem anderen. Ich kann da nur schnell bis Level 58 leveln und dann zum Level 11 Boss gehen. Da. Ihre Zeug. Und da noch Zeug. So. Was feiden noch? Stein, Alter. Okay, Wurst. Jetzt kann ich wieder nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir da kurz umschleichen. Das hilft nicht. Müssen wir kurz umschleichen. Schleich. So. Zack. Max, dann nehmen wir nur mit 30. Ich sag das jetzt, wie es ist. Wenn ich mehr wie 50 jede scheiß Bälle brauche, dann soll ich mir der Boss am Arsch lecken. Sag ich dir, wie es ist. 50 ist Level Cap. Was? Ja, ich bin aber Pro-Gamer. Ich level bis 58. Kann mir jetzt da mal beim Bauen helfen. Und geh kann ich auch nicht mehr. Was hat denn er für einen Schlaganfall da? Seht schon, Brett in die Wege gelassen. Dann machen wir so. Und dann machen wir, wie war's? R. Wunderbar. Steine weg. Schauen wir gut aus. Bau mal. Ich bau mit. So, kriegen wir schon. Gott sei Dank, er hat gelesen. Ich hab's vorher schon gelesen mit den Koordinaten. Aber die wirst noch ein paar Mal reinposten müssen, weil ich kann es noch nicht merken. 173 minus 418. Währenddessen er da baut, kann man da mal schauen, wo haben die Koordinaten. Ah! Da unten an Koordinaten, die haben wir noch nicht aufgefallen, aber nicht aufgepasst. So, wir 103, kann ich da irgendwie Markierungen setzen oder Spielerposition, Filter, Marker, kann ich machen. Pass auf, 173 minus 418. Also genau da. Dann gehen wir da hin, machen wir so. Schaut das gut aus. Benutzer definierter Marker. Ja, wir kriegen dieses Scheißding jetzt da weg, löschen, ja super. 173. 418. Was ist denn das wieder für Behinderung? Ah, noch mehr auf E-Drucker, dann ist er drin. Ja, das kriegen wir schon! Haben wir gleich oben! Da brauchst du mich nicht mehr wieder. Wir waren schon mal da Runden und da an der Küste und den ganzen Scheiß da. Da brauchen wir bloß da ums Eck auflaufen, kriegen wir schon. Babene! Vanille Schokolade, Babene. So, jetzt heute da auch noch mal schnell drauf. Und was brauchen wir noch? Brauchen wir nichts mehr. Ein neues Schädel kann man noch bauen, jetzt kosten. Schauen wir mal. So. Wenn die Pokebälle nicht klar dann weiß ich es auch nicht. So, Pfeile. Abbrechen. Rezept wählen. Da ist noch kein neues Schädel. Muss ich das wahrscheinlich. Technologien. Müsste ich das freischalten. Let me have a look. Nein, ich sehe da kein Schädel. Sehe ich da ein Schild? Ich sehe hier kein Schild. Muss gelangen! Leg mir am Arsch! Tust du mal mit dem Perl wieder einer? Nein, einer da sollst du. Ich wollte eigentlich da wechseln. So. Machen wir so, das sind meine zwei Pro-Gamer. Lagerverbesserungen, Mittelalter Pharmaziewerkbank. Drauf geschissen, brauchen wir halt nicht mehr. Und da unser Team schaut eigentlich auch ziemlich stabil aus. Ich spiele sowieso hauptsächlich mit dem Mozilla, der ist Level 14, der zünden schon dann. So! Ah, halt, stopp, wir können uns porten. Schnellreise, oben da, jawohl. Wir machen den Boss jetzt, das ist ruhig, ich weiß, wie der Boss ausschaut. Der kann nicht so stark sein. Werden wir schon rausfinden. Sehe ich die Markierung irgendwie, müssen wir straight Norden. Naja, müssen wir auch mit da rumlaufen. Aber man kann ja kraxeln, gell? Man kann ja kraxeln. Ja, ganz ehrlich, das Viech, das da neben mir fliegt, das nervt mich. Oh, was haben wir da hinten gefunden? Da haben wir was entdeckt. Da haben wir was entdeckt, Kinder. Und dann kraxelt man da auf, kriegen wir schon. Wir müssen den Weg abkürzen. Mit Reiten bist du doch schneller, oder? Wahrscheinlich schon, aber da kann ich nicht so viel. Was geil jetzt halt aus, da, du Trottel! So. Da ein bisschen Gasen, da werden wir es nicht ganz aufschaffen, fürchte ich. Interessant ist die Hypnose-Animation. Aber gut, so. Dann grabbelt man jetzt auf, ganz gechillt.
Dann haben wir ganz furchtbar. Oben am Bildschirmrand, was ist denn oben am Bildschirmrand? Ah, da, im Kompass drin. Ja, seh ihn schon. Seh ihn schon. Seh ihn schon. Wundervoll. Da werden wir jetzt auch wahrscheinlich haufenweise neue Dinge. Da haben wir zum Beispiel einen Liftmonk. Liftmonk und da, oh, der Baby-Elefant! Da ist der auch rein, das haben wir schon gedacht. Da sind im Gebiet dann wahrscheinlich ein Haufen neue Viecher, die wir noch nicht haben. Aber wir haben 60 Pokebälle dabei. Ich sag's euch, wie es ist, ich brauch 2. Ich sag's, wie es ist, ich brauch gar keinen, weil ich ihn wahrscheinlich einfach umbringen aus Versehen. Oh, das schaut nach Boss-Area aus, hä? Oh, ja, der Baby-Affe! Oh, da hat ja, da haben wir auch nochmal so ein Level 9. Da haben wir so ein Vogelvieh. Oh! What the fuck ist... Ist das der Boss? Das ist ein Chillet. Das schaut aus wie ein blaues Weasel. Haben wir mir... Ist dieser Boss da? Hallo? Wir tun den... Da ist ein Pokéball. Den nehmen wir. Da hinten ist eine Kiste. Den nehme ich mit. Wo ist der? Ist das der Boss? Ist der Wiesentänzer der Boss? Das ist gleich mal die Armbrust raus. Aha. Das ist der Boss. Haben wir noch Brot! Stahlschlüssel und Goldmünzen, okay. Ja gut, dann den wir noch mal aus. Es hat so unique und groß ausgeschaut, aber... Oh. Oh, schaut wütend aus. Ja, das ist das Ding aus. Tolle Armbrust. Schädel mitnehmen und die nächste Waffen und mindestens 60 Pokebälle und nur 80.000 leckt mir da am Arsch dann. Oh, das ist jetzt der Boss, für den ich jetzt seit 20 Minuten umeinander pimmelt habe, echt? Wer hat geschrieben, dass ich 50 Bälle brauche? Hm? Wer war das? Merkt man jetzt, warum ich ab und zu einfach einen Chat ignoriere und drauf scheiß, welche Ratschläge man mir geben mag? Hier, Kasperl! Oh mei, oh mei! Oh, da hinten ist eine Schnellreise. Na, war er nicht, du musst in den Turm rein. Was ist denn im Turm? Da krieg ich bloß aufs Maul. Nein, die Genugtuung gebe ich euch nicht. So, ne? So, löschen. Wo wollen wir hin? Die Richtung grob. Nochmal. Rally war's ein Boss! Red's mir keinen Scheiß nicht ein, weil sonst hätte er nicht den lila Ding da droppt. Ihr Schmerzhaum. Und im Turm hockt wahrscheinlich irgendein Level 58 Viech drin. Ja. Mei, oh mei, oh mei. Da müsst ihr schon früher aufstehen, Kinder. Na, es ist mitten in der Nacht. Da ist mein Primetime. Nicht eine. So nicht. So nicht. Wie, du hast 10 Sekunden braucht, Noob. Wo ist das Schnellreiseding? Da unten.
Links ist ein guter Erzspot. Das habe ich mir gerade schon gedacht. Wir haben gerade durch einen Haufen so Erzdinger durchgelaufen. Da ist der Tiefhand. Tiefhand! Das ist nicht Knubbelfier so. Oh! Ja. Den nehme ich noch mit. Den haben wir noch nicht. So, wo ist Schnellreise? Schnellreise wo? Ja, da liegt der Dings dort. Ich hab schon gesehen, was mit dir? Warten mein Pfeil. Bleib da jetzt! Ah! Jetzt bin ich mit der Maus und Tastatur nicht gefahren. Einen noch, Popo! Und noch mehr einen, Popo! Nein, das wollte ich nicht. Das? Ja, okay. Das ist ja wurscht. So, wo ist der Turm? Wo ist denn der Turm? Da her. Kann ich mich jetzt da nicht da hinporten? Ist das ernst? Also da muss ich jetzt erst drauf drücken, okay. Dann schauen wir halt noch schnell in den scheiß Turm hinein. Damit du jetzt eine Ruhe gibt. Spätestens, wenn du Pelz mit Handwerk 3 oder höher hast, geht das Craften fast wie von selbst. Wie Pelz mit Handwerk 3 oder höher. Ah, ja, okay. Da wo ich vorher schon festgestellt habe, die Viecher haben teilweise. Ach, der scheiß Turm ist 8 Kilometer da hinten. Verstehe ich schon. Wenn wir vorher den Hirsch. Ich nenne jetzt einfach den schwulen Hirsch! Aus! Ist mir wurscht, ich hab die Erlaubnis vom Pralin-Squad. Wo ist der Pralin-Squad? Der will schwuler Hirsch sagen? Ja, ich meine, er ist lila, was soll ich machen? Ja, oder den schwulen Geister. Alle haben ja wie schwul den ganzen Tag. Also machen wir mal so. Essen wir mal was. Ja, der Rest hat was zum Fressen, passt schon. Wir gehen jetzt zu dem Turm, schauen wir mal rein und dann mag ich nicht mehr! Ja, der schaut mich, ich ganz ehrlich, der Turm schaut mich nicht an, als soll er da sein. Sag ich dir, wie es ist, außerdem ist der viel weiter weg, als ich das dachte. Ein paar Fuchsen. Können wir mich nicht irgendwie reiten oder so? Ach, das Ding habe ich nicht gebaut, gell? Das habe ich bloß, die Zügel habe ich bloß fürs. Ja, du weißt ja schon, habe ich bloß fürs Lama-Viech gebaut. Was weiß ich, wie es heißt? Lama, Makra, Krammerl, Bumskopf, keine Ahnung. Lauf mal so hin. Für was hast du Mount? Ja, damit ist der Horn los. Mr. Amox. Da bin ich gespannt, was da drin ist. Schieß mir in den Arsch, ist mir wurscht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ah, wunderbar. So, was ist da drin in dem Turm? Da oben ist auf alle Fälle so ein Schnellreiseding. Oder ist das ein Schnellreiseturm-Spot da? Wir werden sehen. Der Himhirsch. Der Himhirsch. Turm des Rain-Syndikats. Tatsächlich ist es der Boss. Warum verzenden die eine Hälfte im Chat einen Seehankas und die andere vom Chat dann einen Seehankas? Ganz ehrlich, was ist mit eurem Scheiß? Was ist am Bosskampf teilnehmen? Jetzt bin ich gespannt. 10 Minuten. Hau rein, Alter. War wirklich kein Bosskampf. Okay, bin schon start. Käme nicht aus. Ich meinte, das komische Vieh ist der Boss. Irgendjemand hat ja geschrieben, der wieder keine Ahnung hat. Sogar mit Cutscene schon. Weird Boner Alert. Ah! Der Riesen-Pikachu! Na, das ist ein Raichu! Raikachu? Ich weiß nicht. Zoe und Grisbold! Oh oh. Ich habe einen. Was haben wir jetzt noch? Ach, ich hoffe nicht. Okay. Angriff, bitte. So, 30.000 hin. Okay. Ja, der holt schon ein bisschen mehr raus. Ja, das lasse ich mal als Bosskampf eingehen, Kinder. Das komische Viech da von vorher. Wir hatten so einen Scheiß geschrieben. Oh shit, Alter. Ich laufe einfach mit davon. Was genau tut denn eigentlich? Mein lila Viech tut genau gar nichts. Das ist eigentlich sehr ernst. Ganz tolles Viech. Wow. Bin schwer begeistert. Ah doch, tut schon was. Tut schon was. Alles cool.
Lauf mir noch. Nö. Ah! Ja, ganz tolle Kameraführung, ganz große Nummer. Sehr stark. Ich sehe überhaupt nichts, wo überhaupt irgendetwas ist. Ein Drittel haben wir schon, oder ein Viertel. Ja, wurscht, wie ich springe. Ist man eigentlich kurz unverwundbar, wenn man... Pfeile haben mich noch. 124, die müssen ja. Komm, schieß den Scheiß. Wow! Okay, das ist unfair. Der Instant geht aber nichts. Ja, gib ihm. Ah, Dankeschön. Kameraführung wieder on point. Ja, sauber Charge! Gib ihm! Bringt eigentlich irgendwas in den Kopf zum Schießen? Wahrscheinlich nicht, oder? Irgendwas auf sie zum Schießen? Oh, das bringt sehr wohl was auf sie zum Schießen. Das ist ein bisschen eine Scheißattacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal probieren, ob man draufwerfen kann. Ja. Jetzt duckt sie sich wieder weg, das Mist. Arschloch. Was hab ich denn jetzt für einen scheiß Crit gemacht? Der hat doch noch so viel Leben gehabt. Ja, das wollte ich nicht! Ja, da kann ich jetzt aber auch nichts dafür. Was soll ich machen? Powerschuss gelernt, Schlammschuss, ja, okay, shit happens. Was soll ich machen? Einen scheiß fetten Pikachu, den findet man schon noch irgendwo. Ich wollte ihn fangen! Wo war ich hin? Ich hab gerade noch geschaut, dass er so viel Leben gehabt. Das muss ich mir jetzt dann danach anschauen. Weil ich fest davon überzeugt war, dass er noch mindestens so viel Leben gehabt hat. Was mindestens 5000 Leben gibt, von was hat der jetzt so viel Schaden gekriegt? Wert erhöhen! Lebenspunkte 1000. Birger, Turmbosse kannst nicht fangen. Für was haben wir dann 50 Pokebälle mitgenommen? Mir hat's schon gewundert, da ist nämlich 0,00% dort gestanden. Aber man denkt, der hat nur 2 Leben. Der Boss respawnt nach einer Zeit, keine Panik. Also kann man jetzt fangen oder nicht? Es hätte mich sowieso gewundert, weil da sie ja auf dem Buckel drauf hockt. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, nächste coole Mechanik, wenn da mehrere ihre Bosse kommen, coole Mechanik. Das ist einfach coole Mechanik. Zum Fangen brauchst du die Wache aus dem kleinen Dorf. Kann man nochmal gegen den ran? Ja, kann man nochmal. Ja, ist eh wurscht, hat gerade passt. Jetzt man nicht an. Wenn man nicht nochmal fangen kann, das hätte mich auch gewundert. Wenn du nur eine einzige Möglichkeit hast, den Boss zu fangen. Das war eine, wie soll ich sagen, das war eine Spielmechanik, die man verkacken kann dauerhaft. Und sowas ist schlechtes Spiel, wäre schlechtes Spieldesign. Und sowas sehe ich hier nicht. Sag ich dir, wie es ist.
Es ist 10 nach 11. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Kinder. Ich sag das, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass wir uns Palworld auf alle Fälle aufheben. Was ich sehr interessant finde, ist, wir werden mal kontinuierlich mehrere Leute, die zuschauen. An alle, die jetzt da gerade zuschauen, mal übrigens, war mal Zeit für den Like-Button zu smashen. Und ein Abo da zu lassen und die Glocken zu aktivieren. Haben wir Leute da, die zum ersten Mal da sind? Das hat mich interessiert. I'm interested in. Für Leute, die das vielleicht nicht wissen, keine Ahnung, ich streame in der Regel normal nur montags und mittwochs ab 20 Uhr, was in unserer Welt 8 Uhr heißt, abends bis so um 10, 11 Uhr rum, immer so 2-3 Stunden. Und nächste Woche werden wir uns Humanity, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, keine Ahnung, ist eine Mischung aus Project Zomboid und Daisy anschauen. Und am Mittwoch werden wir uns U-Boat anschauen. Und ob wir nächsten Freitag nochmal eine Runde Palworld zocken, wir werden sehen. Ich habe mehr Spaß gehabt, als ich das heute erwartet habe. Sag ich dir, wie es ist. Wir haben die Dungeons entdeckt, wir haben den Bossfight entdeckt, den ich ziemlich cool fand. Ich glaube, wir haben heute ein bisschen Progress gemacht, also nicht. Gesprochen Humanität. Das ist wieder ein ganz großes Kino. Das ist wieder ein ganz großes Kino natürlich, wenn man sich einen Namen bait, den man nicht mehr aussprechen kann. Geschweige denn, wir sollten den Leuten dann bitte schreiben. Ja, Herr Ulrich, ich bin auch schwer davon überzeugt, mit dem Logo neben deinem Namen, dass du heute zum ersten Mal dabei bist. Seid Franziska am Start. Ich bin voll dafür, Mr. Steilinger. Ich glaube auch, lasst mich es bitte im Nachschau-Squad, schöne Grüße auch dahin an alle, die sich das Video im Nachhinein anschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand das 3,5 Stunden lang anschaut. Im Nachhinein, das kann ich mir aber nie vorstellen. Ab in die Kommentare, habt ihr nochmal Bock drauf oder nicht. Leave a like und dann da die sagen, der Dark Muffin, bin neu hier! Sechst also mal, es ist mir immer ein Rätsel, wer auf YouTube Livestreamer und Livestreamings findet und da einfach mal reinjoint und sich das anschaut. Und dann sind wir mir natürlich durch den Dialekt, wenn da an einem so einem Abend 10 Leute auf die Idee kämen, hey, schau dir mal die so, cool, Palworld, spielt noch nicht lang, wer ist das? Und dann rede ich das erste Wort bohrisch, oh Gott, fuck you, und er geht wieder. Weil er kein Wort versteht. Es ist also eine absolute, wir sollen sagen, das sollte ich eigentlich Lotto spielen, wenn da jemand vorbeischaut und dann ein Abo da lässt oder so. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber gut, it is what it is. Boah, wieder Split Like zum Drucken. Weiß ich nicht, wer ist denn schon wieder Split zum Like drucken? Weiß ich nicht. Als heute bin ich zum ersten Mal dabei, ich rede aber nicht von den vergangenen Streams. Mike, bei dir weiß ich, du bist... Ah, komm, hör mir auf. Der Dark, was? Der Dark Muffin hat dich über TikTok gefunden. Ich mache auf TikTok halt so gut wie gar nichts. Das ist so utopisch. Ja, halt, stopp. Ja, halt, stopp, das stimmt so nicht ganz. Das muss ich jetzt mal schnell später mal. Wir haben gestern, mittlerweile mache ich ab und zu mal, also wirklich relativ selten, Shorts. Auf YouTube heißt es Shorts oder Kurzvideos im Hochformat. Ja, ab und zu mal. Nerd Kitchen! Was da los? Zu solch später Stunde ein neues Mitglied in der Haus. Kuss auf die Nuss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Welcome to the Squad, Mr. Nerd Kitchen. Ab in den Chat habe ich die Ehre in Nerd Kitchen, wenn er mitmacht, kriegt dann aufs Maul. Der kriegt meine Armbrust und der kriegt mein Firefox-Flammenwerfer aus meinem Arschloch ins Gesicht. Und ihr wisst, dass ich es tun würde. Was auf meiner Für dich-Page? Ja, ganz ehrlich, der TikTok-Algorithmus ist mir ein absolutes Rätsel. Das ist aber ein guter Stichpunkt. Das Stichpunkt, ja. Hauptsächlich das Stichpunkt. Und zwar, gestern haben wir einen Short gemacht oder ich habe einen Short reingeschissen. Und wenn ich einen Short mache, dann scheiße ich den auf sämtliche Plattformen, TikTok und Instagram und Facebook und so weiter. Aber ich kümmere mich eigentlich nicht so um diese Plattformen. Aber was echt lustig ist, der Scheiß-Short von gestern auf TikTok hat 115.000 Aufrufe. Warum? Wo kommt das irgendwie her? Das ist... Keine Ahnung, ich pflege diesen Account nicht, ich mache gar nichts damit, ja, lad einfach auf, wird schon passen. Scheiß irgendwelche Hashtags ein, gib ihm irgendeinen Titel drauf geschissen, wird schon passen. Dann schau ich jetzt eine 115.000. Gut, auf TikTok muss man immer alles geteilt durch 4 rechnen,
Keine Ahnung, aber trotzdem waren es 25.000. Okay. What? Ja, hab schon gesehen, da müssen mehr Shorts hier, hilft eh nicht. So. In die Shorts ausgeschissen. Was schreibt denn der Birdlike schon wieder? Servus benannt, bin schon ewig mit verschiedenen Namen hier aktiv, also ruhig Blut. Egal. Du bist nice. Du bist ein Mitglied, du bist dem Squad der Squads beigetreten. Mist, ist scheißegal, da wird Hallo gesagt. Aus, fertig, Amen. So. Weil wir ein TikToker. Band ihn weg! Ja, bannst mir, aber ich bin jetzt auch ein TikToker. Mhm. Und es sind immer noch 670 Leute da, dürft ihr euch glücklich schätzen. Ich bin behindert, ihr seid behindert, wir sind alle ein bisschen geistig behindert, das ist wichtig. TikTok, bald ist er ein Influencer, der Birger, der Hund, der Verrückte. Der erstgeflugschte Schlawiner, der. Auf einmal, der Influencer. Das Wort, Alter, da krieg ich Kehlkopfkrebs vom Song. Ist das mit dem Fussi? Ja, das mit dem Fussi. Wer das noch nicht, ich kann es euch ja mal reinposten. Gestern habe ich auch zum ersten Mal was ausprobiert. Es gibt einen Haufen so, es gibt ein paar so Videos. Also das sind so random Videos, die mir vorgeschlagen werden. Wie man bestimmte Einstellungen in YouTube-Videos und YouTube-Shorts tätigen kann, damit man angeblich eine größere Reichweite damit generieren könnte. Und ein ganz wichtiger Punkt bei Shorts heißt es da ist, ein Hackerl zum Setzen, wo dort steht, diesen Short. Na, jetzt! Schluss jetzt mit der Mitglied-Scheiße! Was ist denn los mit euch? Jetzt ist es mit 12 in der Nacht! Herr Höller, welcome to the squad! Da haben wir bald mehrere Mitglieder benannt wie ein Micker. Normal gibt es immer nur einen Member-Micker. Member-Micker. Wir könnten auch mal sowas machen wie ein Sabaton. Das ist mir letztes Mal erst erklärt worden, was ein Sabaton überhaupt ist. Das ist so krass eigentlich. Ich befasse mich mit keiner Scheiße, mit gar nichts. Und unter der Woche sitzen da teilweise 1500 Leute herin und schauen mir bei irgendwas zu, wovon ich 0, minus Ahnung habe. Okay, komm, hör mir auf, du. Was ist mit dem Planeten los? Kriegst du einen Vogel. Der Schrank schreibt noch, wenn du den Dungeon komplett abschließt, bekommst du auch Antikpunkte. Wo habe ich dann jetzt den Antikpunkt hergekriegt? Von dem blauen Viech da? Oder vom Abschluss vom Dungeon? Da habe ich nicht aufgepasst. Ist eh wurscht. Komm, hör mir auf. Beste Einstellung bei Shorts war der Penisbeutel vom Kani. Das passt nicht drauf. Dafür von der Länge. Da, jetzt nochmal. Ich habe gestern zum ersten Mal ausprobiert in so einer Short-Einstellung bei YouTube. Achtung, können wir mal nachschauen. Das hat sagenhafte 3300 Aufrufe. So, um Gottes Willen, 3300 Aufrufe sind immer nur nach wie vor viel, aber nicht in der Short-Welt. Brauchen wir nicht schmerzen. Nicht in der Short-Welt. Und normalerweise haben Shorts, ich habe keinen unter 15. Oder keinen unter 10. Ich habe teilweise da hier 50, 30, 28, 33, 43.000, 81.000, 78.000, 74.000, 19.000, keine Ahnung. Also ist in der Short-Welt auch nicht richtig wirklich viel. Aber wir dürfen bei uns nicht vergessen, es ist hier Dialekt. Und da gibt es eine Empfehlung, die heißt, mach das Hackerl raus. Bei der Einstellung diesen Dingsbums, dieses dieses Kurzvideo, deinen Abonnenten ausliefern. Und da sagen mehrere Leute, mach das Hackerl aus, weil so kriegen das Video nicht bloß deine Abonnenten vorgeschlagen, sondern halt auch andere. Sag ich, gut, hört sich einigermaßen legit an, sag ja, absoluter Bullshit. Das hat richtig steil angefangen, ja, das war auf Platz 1, hat 2000 Aufrufe oder 2500 Aufrufe in der ersten Stunde kassiert. So viel haben wir noch nie gehabt in einem Short. Ja, aber ich denke, oh, okay, das eskaliert aber sehr schnell. Und auf einmal, blub, ist vorbei. Und auf einmal steht's und kriegt keinen einzigen Aufruf mehr. Keine Ahnung, was das ist. Und der TikTok-Algorithmus, der ist mir ein völliges Rätsel. Manche Sachen eskalieren einfach aus dem Nix. Bumm, 115.000, okay. Und manche Sachen pimmeln dann bei 8 rum. Da wo ich mir so denke, so, das macht keinen Sinn. Der Short von gestern, der war lustig, ja, aber der ist jetzt nicht so lustig, dass ich da mit 100.000 gerechnet habe. Naja, ist ja wurscht. Muss das jemand verstehen? Ich nicht, leg mir am Arsch. Hat überhaupt zu mir ein Höller irgendjemand Grüß Gott gesagt? Welcome to the Squad, kriegst du auch noch die Tröte, pass auf. So. Der Rufus schreibt, hast 5 Punkte vom Pikachu-Boss gekriegt und einen vom Rufus von Unendliche Geschichte. Ja, vom Fuchur. Danke dir. Opa!
Freu dich schon mal auf Perl Nummer 69, Stinky Cheese. Der ist mir leider gespoilert worden. Da haben wir wieder das gute, beste Donation Alert ever. Das habe ich übrigens gemeint mit, ich möchte die Alerts gerne animieren. Das ist ziemlich viel Aufwand, darum ist das bis jetzt der einzige, der animiert ist. Bitte habt Nachsicht. Wir haben echt endlich neue Töne und wieder ein paar neue Beutel und es kämen noch mehr und so weiter. Ich gebe mir Mühe. Devil, merci für den Zwickel 50, geiler Streambürger. Thanks, das freut mich sehr. Kuss auf die Nuss. Du bist halt auch Mitglied geworden. Nach wie vor welcome to the squad. Danke für die Mitgliedschaft. Domi! Sabaton ist eine schwedische Power-Metal-Band aus Falun, die sich im Jahr 1999 formierte. Schmiedi, was da die ohne die? Was soll ich Schmiedi? Der Domi, Entschuldigung. Wir kommen jetzt auf Schmiedi. Weiß kein Mensch. Das weiß jetzt einfach kein Mensch. Doch, weil ich da im Augenwinkel beim Sinister Schmidbauer gelesen habe und habe irgendwas von Schmiedi zusammengewirbelt. Hören wir mir jetzt bitte schon auf mit rumdonaten. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Wie nennt man einen schwulen Japaner? Hitachi. Der Witz, Semignädel, der war da jetzt 10 Euro wert. Fucking serious. Semignädel, danke dir. An alle euch, Dankeschön. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, es hat Ihnen, mir war es ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe, es hat Ihnen die Freitagnacht, besser gesagt, etwas versüßt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am Wochenende. Haben Sie eine tolle Zeit. Haben Sie, wie sagt der Held der Steine, sagt immer, habt nette Leute um euch. Ich sage immer, habt grantige Leute um euch, aber seid freundlich. Und am Sonntag im Discord gibt es auch noch die Ankündigung, was wir nächste Woche tun. Sepp, Schluss jetzt! Sabaton! Sabaton oder so ähnlich. Selbstspieler, merci dir. Kuss auf die Nuss. Grüße an unsere Lieblingsnachbarn 1 und 2. Einmal auf der linken Seite in Österreich, einmal auf der rechten Seite. Stimmt nicht ganz. Auf der rechten Seite in Österreich und auf der linken Seite in der Schweiz. Da war halt auch jemand da aus der Schweiz. Da hier der Balko. Kuss auf die Nuss. Und am Montag sehen wir uns wahrscheinlich mit Humanity Z. Ach, leck mich, wie das Scheiß heißt. Project Zomboy Daisy. Zomboy Daisy nennen sie. So. Zomboy Daisy nennt sie. Satz, ich weiß es nicht, egal. Der Schnutschi ist in Thailand. Du Arschloch. Schnutschi, das kann ich jetzt nicht anders sagen wie du Arschloch. Das will ich jetzt nicht wissen. Dankeschön, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Like-Button nicht vergessen, lasst ein Abo da, aktiviert die verfickte Glocken. Wir sehen uns am Sonntag auf Nacht im Discord mit der Ankündigung. Am Montag und Mittwoch dann mit U-Boat und Zomboy Daisy. So, und jetzt verpisst euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum irgendwann dann. Und ganz wichtig, hier, Brotzeitbredel, Trachtmann, Comic, Trachtmann.de, nicht vergessen, Somset. Somset hört sich auch gut. So, nicht schlecht euch. Ihr Affenkinder. Affentypen und Affentussis aus aller Welt, aus Thailand, der Schweiz und aus Österreich und überall her. Schluss jetzt, habe ich die Ehre! Habe ich! So, tschüss dann.